Bin ich nicht gewohnt, wenn ich da um 3:08 drauf drücken muss. Wieso ist das so beschissen laut alles? Wieso ist denn das da unten überall komisch grau? Macht's einmal langsam jetzt. Papa ist halt nicht ganz so da, wo er hin soll. Jetzt warte mal. Jetzt machen wir so oder machen wir so. Wie machen wir es denn? Ich weiß nicht, wie wir es machen. So da, wo er hin soll. So, oder was? Ja, hier und sehen wir schon wieder selber. So, wunderbar. Das ist halt ganz gemütlich. Machen wir die Hintergrundmusik leiser. Was ist denn da eigentlich kaputt? Ach, das ist gar nicht Musik vom Spiel. Scheiße. Kann ich da nochmal in Settings hineingehen? Nein, kann ich nicht. Wieso denn nicht? Mach so. Drehen wir einfach grundsätzlich. Das mag ich nicht. Nein, das gefällt mir nicht. Nein, das gefällt mir nicht. Wo ist denn der Lautstärke-Mixer? Soundeinstellungen öffnen. Timo, du bist meilenweit spät. Meilenweit spät. Das ist ein totaler Köder. Soundeinstellungen. Wo ist der Soundmixer? Oh, nicht schreien heute. Das ist nicht gut. Da ist ja der Lautstärke-Mixer jetzt. Pass auf. So, machen wir so. Irgendjemand wirft schon wieder mit dem Geld an, bevor ich überhaupt Chris Gott sagt. Teufel, wer sonst? Die einzigen, die. Ja, Chris ist noch mehr hausig fragwürdiger mit 90 Monaten, 93 Monaten. Und du und der Mike mit über 70. Ja, was soll ich denn da noch sagen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen ganz leichten gibt's heute. Habe ich. Was soll jetzt das? Ich bin's, Birger, Freitag, 20 Uhr. Ist ja nicht 20 Uhr. Ja? Prä-20 Uhr. Warum leuchtet das da unten so behindert grau? Kruzifix, wie viel Licht das soll ich noch einschalten? So. Moment, ganz gemütlich. Jetzt mal das nicht an heute. Mir tut alles weh, oder? Da wo ich gehört, OK, merci dir, welcome to the squad. Ab in den Chat, auch dir, OK. Grüß Gott beieinander, ich bin's, der Birger. Wer hat jetzt da noch einer geschissen und ich hab nicht aufgepasst, Löwensepp, mir ist wieder 1,44 € geben. Schauen wir mal, was die neue ist. Winklerbräu, Längenfell, Kupfer, Special, Stinky Cheese. Das ist der wichtigste, der Stinky Cheese. Merci dir, Tobi, merci für 38 Monate. Der Chef, auf einen schönen Stream, zocke parallel auch PoE, so ist recht. OK, merci für die Mitgliedschaft, 66 €, merci für den Euro, Mr. Timmy Boy, warum um 3/4? Du bringst mir den ganzen Zeit, hörst du eigentlich zu? Du bist wirklich in jedem Stream. Da brauchen wir jetzt nicht mehr rundum diskutieren, ich glaube, du hast das Jahr nicht einen Stream versammelt. Ich wüsste halt nicht, wann ich nicht einmal das Jahr am Anfang gesagt hätte, oder nicht gesagt hätte, grüß zu dir daheim. Ich habe ungefähr 30 Mal gesagt, diese Woche, dass die PoE-Season um 20 Uhr startet, darum treffen wir uns heute schon um 3 Uhr. Ist ja wurscht. Schaut es um 8 Uhr, tust du so, als warten wir erst um 8 Uhr da. Spreng ich mit 63 Mal. Was macht der chinesische Koch mit viel Humor? Frühlingslollen. Hau ab. Wenigstens bist du heute da. So Kinder, so, Phase 1. Na, jetzt Ruhe. Warum haben schwarze Menschen weiße Handflächen? Damit die Baumwolle nicht dreckig wird. Ja, da geh ich wieder! Nein, du gehst überhaupt nirgendwo jetzt. Sprengmeister. Nirgendwo geht sie heute hin. Das wird heute unfassbar gemütlich. Ich sag das ist heute Nachmittag. Heute Nachmittag hat der Bergdoktor schon an der Tür geklingelt, hat er mich gefragt so, hey, schaut's denn aus? Und dann habe ich gesagt, Bruder, es ist schön, dass du präventiv schon mal vorbeischaust. Wenn heute auf die Nacht nicht PoE rauskommen darf oder heute eine neue Season starten darf, und wenn es nicht um PoE geht, dann hätte ich vielleicht überlegt, dass ich mir einen gelben Zettel schreibe. Das sage ich dir freiwillig, wie es ist. Und demonetized. Ja, wir werden sehen. Ja, ich weiß, ich habe verschlafen, sorry, ab. Was soll jetzt wieder mal? Heute wird es wirklich gemütlich. Ich sag's euch freiwillig. Wir machen alles ganz furchtbar langsam, da wird nicht umeinander bläht heute, da wird einfach einen ganz gemütlichen. Bergdoktor hat dann gesagt, ja, sauf ich dann nicht so fein. Ja, komm, passiert es, dass ich heute ist die Person, die ich am längsten kenne. Nicht ganz. Nicht ganz. Aber ich sage einmal, von den 5 Personen in meinem Leben, die ich am längsten kenne, ist halt gestern etwa 40 geworden. Das Einzige, was ich war, wir waren nicht einmal lang fort. Wir waren nicht einmal lang irgendwo, ich war um 10 Uhr daheim. Was ist der Unterschied zwischen Disney und Kornhub? Disney will, dass du die Stiefmutter hast. Auch nicht mehr.
Früher. Muss jetzt früher Disney schreiben. Mr. Meep, merci dir. Schluss mit Donations heute. Schluss, ich hab's so schon nicht verdient, aber wenn ich drin hänge wie ein nasser Hoden in der Kurve, dann habe ich es erst recht nicht verdient. Schluss damit. Wie geht's euch denn? Wir haben noch. Übrigens einmal kurz die Ansage, wer vorhat, PoE einmal selber zum Testen und das letztes Jahr oder im Laufe des Jahres noch nicht getan hat, das ist Free Weekend. Kostet nichts übers ganze Wochenende, da kann man mal hineinschnüffeln. Nicht lang, aber es kommt auf die Technik an. Geht ja beim Saffenbürger. Ich bin normalerweise Pro-Gamer am Krug, aber da hat die Marille gesagt, hey, Bürger, 7 haben wir angefangen, 10 waren wir daheim. Hat ja jeder arbeiten müssen. Also ich hab nicht arbeiten müssen. Ich sag bloß so viel, er hat so nach 2 Stunden mit dem Kopf auf den Tisch gelaufen. Ja, mei, wirst halt auch bloß 41, gell? Muss man da kann man auch mal am Donnerstag feiern. Er hat ja nicht gewusst, er hat ja nichts gewusst von seinem Glück. Auf einmal hat er, was weiß ich, 5 Glühwein, 3 Halbweiden und 5 Marillen in der Fotzen gehabt und vielleicht ist dann noch das eine oder andere eine kleine Tabakbräser rausgefallen. Auf einmal hat er am Tisch umgeschlafen. Hilft eh nicht. Ha? Früher hat man halt wenigstens erst um 2 oder so auf dem Tisch geschlafen. Wir schlafen wir haben alt, wir dürfen schon ab 9 auf dem Tisch schlafen. Mit der Ruhe ist. Ha? Ich hab mich nicht direkt dazugelegt, aber ich bin dann heimgegangen, ich hab daheim dann noch ein bisschen weiter da, allein. Die Frau war schon im Bett. Ob das eine gute Idee war, das weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie das irgendwie hergeht, dass man dann allein so daheim so mit, hat Fraulich einen Gustl in den Kühlschrank gehalten. Oh, da ist eine ganze Reihe drin schon. Hey. Komisch, heute wie ich reingeschaut habe, war bloß noch eins drin. Und ich hab mir dann gedacht, hat's das braucht, sag. hat's das braucht? Hä? Schlafe, wo ich will, ich schlafe, wann ich will, ja? Ich hab's, ja, selbst nicht. Ja, in 6 Jahren, danke für die Warnung. Soweit, mir ist ja, vor 6 Jahren ist schon noch deutlich besser gegangen, rausweg zum Sticker. Aber jetzt ist es wirklich pur ekelhaft. Und zwar wirklich, es überwiegt leider mittlerweile einfach das schlecht Beinandersein, das dem Spaß, was Sauferei bringt. Das ist einfach so. Weil wir haben auch nicht einmal Vollgas gesucht da gestern. Aber es hat gelangt dafür, dass ich heute in meinem Stuhl hänge, dass ich mir denke, Hackewurst, was oder? Also ob man mir da heute bis um 12 Uhr so wie das überlebt, das weiß ich nicht. Wir werden sehen. Der nächste gut gemeinte Rat für jeden, der spielen will. Gut, jetzt ist es schon wieder fast spät. Habe ich übrigens auch nicht gewusst. Ich habe Gott sei Dank vor 20 Minuten schon einmal das Spiel gestartet und einfach mal auf Login gedrückt und geschaut, was passiert. Ich bin in der Warteschlange Platz 7012. Also die beginnt nicht erst um 8 Uhr. Wenn du jetzt erst einloggst, würde mich interessieren, wo wir sind. Herr Klinke schreibt, hab Drittbürger, Trailer von neuer Diablo 4 DLC gesehen. Trailer habe ich nicht gesehen, aber ich habe die Promo-Battle gesehen, was man alles für 90 Euro dazu kriegt. Dann habe ich mir gedacht, den Diablo DLC, den werde ich mir genauso kaufen wie den letzten. Nicht. 40er Squad, bester Squad, 85er Elite, ja, ich habe noch ein bisschen habe ich noch. Ich bin 86er Elite. Aber 85er Elite, ja, gestern hat einer aus meiner Bekanntenkreis, der 85er Elite, hat gestern zu seinem 40. Jahrestag erst einmal noch 2 Stunden am Tisch geschlafen. Timmy Boy! Ich war gestern bis heute um 2 Uhr fort, ich bin um 6 Uhr in der Arbeit. Selber schuld. Jetzt der Song dazu. Das ist die Frage, gut, Furzeit kann ich auch bis um 2 und um 6 Uhr aufstehen. Das ist die Frage, ob du eine Flasche Wodka gesucht hast oder nicht. Dann bin ich beeindruckt. Ansonsten, dann mache ich durch. Du gehst schon gar nicht ins Bett. Nein, eine 70er Elite, schreibt der Lord Sid. Holy shit, Leute, wir haben so einen alten Lappen alle miteinander erinnert. Das ist wirklich utopisch, Alter. Das ist utopisch. Hier, 40er Elite. Ja, shit, Mann. Wirklich die alten, grauen, platterten Fettsäcke, die sich jetzt gefreien, dass endlich scheiß Wochenende ist. Und das jetzt hier mal, das Problem ist, im PoE kann man das Hirn nicht ausschalten. Leider Gottes kann ich da das Hirn nicht ausschalten. Ich gebe mir über stets bemüht. Wir werden sehen. Ich bin ja gespannt, was sie jetzt kennen tut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab Season 2 nicht mitgekriegt, ich hab Season 3 nicht mitgekriegt. Zero. Ich kenne weder die Mechaniken da drin, noch irgendwas, was da neu gekommen ist. Natürlich habe ich schon mal so ein Video gesehen, irgendwas mit Abyss, da kannst du irgendeine Waffe oder irgendein Item reinschmeißen und dann passiert irgendwas damit, keine Ahnung. Wahrscheinlich werden halt Stats rerollt oder wie auch immer. Was in der letzten Season war, weiß ich überhaupt nicht.
Und was in dieser Season dazu kommt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so hundertprozentig, außer der Druide. Und den werden wir uns anschauen und wenn der Spaß macht, ich hoffe natürlich sehr, ich darf schon wieder lang ächzen nach einem Spiel, das mich stundenlang begeistert und wo ich am Wochenende an am Samstag und am Sonntag freiwillig um 8 in der Früh aufstehe, damit ich weiterspielen kann. Aber ob das, weißt du der Fall ist, das werden wir sehen. Ich hoffe, dass es mich hooken kann. Mein Bruder ist auch 85 Liter, aber erst am 26.12. Das ist immer ärgerlich. Ich hab perfekt Geburtstag. Ja? Damit du das Maximum an Geschenken rausholen kannst in deinem kindlichen Leben. Ich habe so alle halbe Jahr, also Juni Geburtstag, Dezember Weihnachten, weißt du, da hast du immer das Maximum rausgeholt. Am 26. glaube ich, da kriegst du nicht mehr fein. Wie halt nicht? Warum meint das Adri? Du warst doch auch da die Woche, oder nicht? Okay, mir ist eh wurscht, ist ja klar. Ich meine, wenn ich 8 Jahre lang jeden Tag jetzt mal um 8 Uhr streamen und vor mir dann um 3 Uhr 8 was soll ich machen? Es geht, wir haben übrigens einen Timer, was du sagst. Jetzt muss ich erstmal was trinken. Ja, wir machen einen ganz gemütlichen. Ihr Kinder, wer gerade zugeschaut hat, der Papa ist dann ein bisschen tief in die Marille reingeschaut. Ich glaube, dass die Marille war, bin mir nicht sicher. Kann da dein Mann gewesen sein? So wie sie sich heute anfühlt, war es dein Mann. Wasser, kennst du das Gefühl, wenn sie Wasser so richtig geil anfühlt? So richtig, wenn du es so richtig merkst, wie es oben rinnt und dann ankommt. Ich hab seit April eine kleine Midlife-Crisis. Im Ernst jetzt? Also, das ist eine ernsthafte Frage jetzt. Auf sowas warte ich schon lang. Ich glaube, ich stecke auch schon mittendrin. Ich sag's freiwillig, wie es ist. Ich komme mir vor, als hätte ich alles erlebt und alles gesehen. Das Internet hat mich kaputt gemacht. Brainfuck. Brainrot 9000. Und jetzt bin ich noch nicht mehr der große TikTok- und Shortschauer. Ich möchte gar nicht wissen, wie die beieinander sind. Ich glaube, ich kenne selbstständig nicht mehr bis auf 13. Der 24.12. ist nicht besser. Ja, ich sage jetzt einmal plus minus 2 Wochen an, nach oder vor Weihnachten. Da hast du einfach eingeschissen dann. War die Marille auch einverstanden, dass du da so reinschaust? Ja, gesagt hat es schon. Ich habe auch gehört, dass es am Schluss gar keine Stammballglasel mehr gegeben hat. Ja, ist ja wurscht. Birger, du hängst jetzt dann bald in meinem Auto mit dem Anhänger. Heute ist das Artbook gekommen. Ja, hab ich schon ein paar Mal gelesen. Das freut mich. Sagt das bitte nicht mir, das ist ein Grisse-Artbook, nicht meins. Da bin ich bloß drin. Ich hab bloß ein paar Sachen unterschrieben. Das müsst ihr alle am Griss sagen, nicht mir. Ich bin in der Quarter-Life-Crisis. Ja, bei uns ist es eigentlich, ja, bei mir, ich sag's sowieso, wie es ist, ich will sowieso nicht älter wie 70, keiner meiner Vorväter ist älter wie 70 geworden. Was soll jetzt das? Was soll jetzt das? Franz, merci dir, du hast schon vordonated. Jetzt lass mir den Ruhe. Also, hab ich tatsächlich, ja, stimmt. Auf dem Boden wälzen sich vor Lachen, auf dem Boden wälzen sich vor Lachen, auf dem Boden wälzen sich vor Lachen. Elotrans. Ich hab kein Elotrans gesucht, Alter. Das war ein Fehler. Scheiße. Franz, merci für den Reset, merci für den 5er, merci für den Euro. Schluss mit Donaten. Schluss mit Donaten. Dafür mache ich heute auch keine Werbung. Macht das einen Sinn? Nein, überhaupt nicht. Bei mir sind es alle um die 100 geworden. Ehrlich? Das ist natürlich stark. Also, ist bei uns nicht nur über 90 geworden. Ich weiß es nicht an. Mein Opa ist in die früheren 60er gestorben. Mein anderer Opa, das weiß ich nicht. Mein Pap ist in die früheren 60er gestorben. 3 Tage vor Renteneintritt. Das ist sowieso das Bitterste überhaupt. Jedes Mal, wenn ich da drüber nachdenke. Alles, was ich von meinem Pap mein Leben lang gehört habe, ist Kruzifix, das angeschissene Scheißdrecksfinanzamt und die Drecksarbeiterei und Kruzifix legt es mir einmal am Arsch. Ganz ehrlich, jetzt wenn ich es dann durchgespielt habe in der Rente, dann ist endlich eine Ruhe. 3 Tage vorher muss er sterben. Literally 3 Tage vorher. Da bin ich wirklich da gesessen und dann... Elotrans, der Opa fragt, was bitte ist Elotrans? Sag mal wieder mal, dass du kein Pro-Gamer bist am Krug. Elotrans ist ein Durchfallmittel. Also nicht, dass du Scheißerei kriegst, sondern das saufst, wenn du Scheißerei hast. Und das ist in meinen Augen das Einzige, was am nächsten Tag wirklich was hilft. War einmal eine ganze Zeit lang ausverkauft. Wie das aufgekommen ist so. Elotrans nur für Mädchen. Ja, wenn du gern leidest, ist es mir das... Nein, Johannes, nein. Nein, Johannes, nein. Das ist rein. Ja, woher denn sonst? Nicht mit den 20er heute aneinander schmeißen. Merci dir. Das ist Saubertsfee für den Besuch von Idioten heute. Das lassen wir schön bleiben. So, hier. Achtung. Achtung, Kinder.
Wieso sagt sie nichts? Muss ich da reinklicken, oder was? Wieso ich da so mittendrin im Battle bin, fragt sie wahrscheinlich der eine oder andere. Weil da auf der Seite der Lebensbalken ist. Oh, warum wird das da gezeigt? Was ist denn da schon wieder? Ich hab doch schon eingestellt. Ja? Hallo? Wieso geht jetzt das nicht? Und verkackt. Nein, ich hab nichts verkackt. Ich hab doch das Spei auf. Hier, Warteschlange tickt da ordentlich schnell runter. Ist anscheinend gar nicht so schlimm, bin schon 6000. Die Frage ist jetzt viel mehr, warum zum Fick da nicht so gezeigt wird. Was ist denn jetzt wieder? Das ist dieselbe Scheiße jetzt wie im Battlefield. Ach, Alter, dann geh ich aber kotzen, gell? Das ist ja schon klar. Ich sehe kein Greenscreen-Show, das ist mir jetzt einmal wurscht. Ihr seht das da und das Flunsal da ist auch ein Problem. Okay. Na, Alter, 0. Handel-Lifestyle, du bist auch schon 1000 Jahre dabei, da kann ich nichts sagen, aber bitte heute nicht. Weil es Spaß macht. Ich weiß nicht, was da Spaß macht. Also mir macht es natürlich schon Spaß, das war ja behindert. Aber hört halt bitte auf. Ich kann mich heute nicht so bedanken, wie ich das normalerweise gern tue. Warum wird denn jetzt da kein Spein nicht angezeigt? Panda, merci dir, das ist schon wieder sauber narrisch. Wie der man jetzt sitzen wir da, wir Deppen. Jetzt stehen wir da. Schauen wir mal, ob ich euch Steam Webhelper zeigen kann. Ich hab's doch vorher gerade oft gehabt, da ist es auch gerade gegangen. Was ist denn jetzt wieder? Schauen wir mal, wenn der Login-Screen. Schauen wir mal, wenn der Login-Screen durch ist. Was ist denn jetzt wieder? Ach, warum ein Heid? War das letztes Jahr auch? Merci, Stürmlerkei. Elotrans, Elektrolyte und Magnesium, da der Alkohol Feuchtigkeit entzieht, bekommst du es damit wieder zurück. Ist auch perfekt für dehydrierte Tiere. Es ist ein Durchfallmittel. Wenn du ausscheißt, verlierst du extrem viel Flüssigkeit, sagt da jeder Doktor auf dem Planeten, trink so viel wie du kannst, bis dein Bisi-Strahl weiß und klar ist wie Wasser. Elotrans hilft dabei. So, ich bin drin. Ich kann es fast nicht glauben, dass ich drin bin. Jetzt seht ihr nichts. Ja, herzlichen Glückwunsch aber auch. So, jetzt schalten wir nochmal um. Ja, ist ein gutes Spiel. Schaut gut aus. Mit dem jetzt da wieder? Mein Gott, was ist denn das wieder? Mal Optionen, Spiel, Grafik, UI, Modus, Vollbild, Fenster. Machen wir mal Vollbild, vielleicht frisst er das. Beibehalten, was ist denn das da? Ich brauche den Scheißbrei nicht. Leertaste. Danke, mein Maker, das war wirklich wichtig. So. Dr. Google meint Spielaufnahme anstelle von Bildschirmaufnahme, ich nichts wissen. Selbstverständlich spiele ich immer mit Spielaufnahme anstatt Bildschirmaufnahme, aber wahrscheinlich werden wir mit Bildschirmaufnahme spielen müssen anstatt mit. Ich mag das Spiel nicht nochmal neu starten, gell? Wie der man jetzt da? Ach, geh, warum ist denn das jetzt wieder? Klang ist schon wieder komplett! Ah! Drecksbehindertenkacke! Warum denn? Mein Maker, merci. So, Quelle hinzufügen. Monitoraufnahme, die ruckelt halt wieder wie Scheiße. Das könnt ihr wieder mit 20 FPS zuschauen wahrscheinlich. Neu erstellen. Monitor zum Erfassen wählen. Hauptbildschirm. So. Wunderschön, das ist mein Discord. Und das ist das. So. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich das bloß wieder so rücklich sehe. Ausflippen in 3. Ich kann ja nicht ausflippen. Kann ich nicht. So, da haben wir die alten Charaktere. Probiert das neue Update. Fate auf der Wahl! Was ist das nicht der Last Druid nochmal? Erstellen. Fate auf der Wahl. Schaut mir so, als das so geht. Erkundet einen geheimnisvollen Waldtempel und entdeckt, was aus dem uralten Reich geworden ist. Ach, das ist die neue. Oh, den müssen wir noch ausmalen. Oh, sehen, Stummlerkei Sepp, merci dir. Und nochmal ein Fünfer, weil ich meinem Chef verschiedene Kündigung gegeben habe, mit einem noch schönen Finger und einem göttlich gelben Brief bis Ende Januar. Merci dir. Schluss jetzt. So, heißt die neue Season so? Das Fate of the Wahl ist die League, aber tatsächlich.
Ich dachte, die heißt The Last Druids. Aber gut, was ist das da? In diesem optionalen Spielmodus ist der Handel. Und das Coole ist bei schon mit Handel und Hardcore spielen wir in dem Spiel ganz bestimmt nicht, weil da kriegst du bloß auf die Fresse. So, Freunde der Sonne, here we are again. Ich kann fast nicht fassen, dass es schon wieder ein Jahr her ist, wo wir uns das letzte Mal PoE 2 angeschaut haben. Wir machen einen ganz gemütlichen Jahr nicht reinrumpeln wie ein Narischer. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir los sind. Ich habe zwar über 200 Stunden letztes Jahr reingesucht innerhalb von 4 Wochen, aber glaubst du, dass ich da noch an irgendwas erinnert? Ich weiß schon überhaupt nicht mehr, was am Montag war. Alter! Du! Ja, sicherlich spielen wir mir einen Druiden, ich verstehe ja sowieso nicht die Frage. Ich meine, was habe ich schon für Klassen gespielt? Ich habe gespielt das glaube ich ist Hex, ist das Hex? Ich weiß nicht, glaube ich schon. Das ist, mit ihm habe ich einen Schrotflintenmann gespielt und mit ihm habe ich einen Leapbarb gespielt. Ich habe es zumindest probiert, das hat einigermaßen hingehört. Aber die meisten Stunden stecken in der Hex. Minion-Builds sind meine Lieblingsbuilds. Aber diesmal probieren wir was anderes. Wir gehen jetzt hier hin, einen Druiden. Ich lese ja mal vor ein wenig. Der Zorn der Wildnis und der Verstand eines Menschen mit der Unbarmherzigkeit beider. Ich habe mehr überstanden, als sich die meisten vorstellen können und ich werde meine Rache bekommen. Das... hier sieht das gut aus. So, was haben wir da? Gestalt wandeln. Auf das bin ich ja gespannt. Du kannst in einen Bären verwandeln, du kannst in einen Wolf verwandeln und in einen Wyvern, was so sowas ist wie ein Drache. Was haben wir da? Anhaltende Zerstörung. Du bist also ein bisschen Caster, ja, Meister der Elemente. Blitz, Feuer und als Wyvern umeinander dreschen. Schauen wir mal, was das kann. Schauen wir mal, ob man sich ein bisschen mit dem Ding, wahrscheinlich ist es broken as fuck und overpowered ist wie scheiße. Welche Klassen hast du gespielt? Ja, nicht alle. Ich kenne auch nicht alle. Also ich habe gesehen, habe ich alle, aber selber gespielt habe ich nur... Was ist eigentlich da? Der Hexe, Zauberin. Was haben wir da? Jägerin, Hexe, Zauberin. Gibt es eigentlich irgendwas Nice seit letztes Jahr? Außer ein Druiden jetzt natürlich. Krieger, Waldläuferin, Jägerin. Hat es die Jägerin da schon gegeben? War ich nicht mehr. Egal, machen wir einen Druiden. Trinken wir erstmal was. Das ist ja gut. Das ist übrigens keine Werbung, ist auch immer aus den Scheißbecher, die stehen im ganzen Haus umeinander. So, jetzt müssen wir erstmal den Monitor da richten, damit ihr da nicht... Was ist das, oder? Das verstehe ich nicht ganz. Ja, was ist das? Was ist das? Herr Ackmanik! Was ist da los? Wir sind wieder Mitgliedschaft. Welcome to the Squad, aber in den Chat, aber der Herr Ackmanik. Bei dir ist aber schon ein ultra-legendary-Ding. Icon Toten. Mann, was der man jetzt da damit? Das gibt's ja nicht. Das ist unmöglich. Hey, kurz. So, besser. Ist jetzt besser geworden, oder wirf ich den Schatten, oder was ist denn das wieder für eine dumme Scheiße? Grutze, fix nochmal. Dieses Dreckseck ist nie so schlimm wie heute. Warum ist denn heute so schlimm? Warum? Hä? So, muss ich jetzt da auch noch umeinander vorwerken an der Scheiße, die seit 5 Jahren dieselbe ist. Bildreduzierung und machen wir so. Schau ja nur kasiger und toter aus, als ich sonst schon tue. Herzlichen Glückwunsch. So, Name. Sie wissen, was kommt. Programmer wissen, was kommt. Wobei, ja, normalerweise heißen meine Chars immer Edeltraut oder Bredeltraut oder haben wir nur sogar Elisabeth. Oh, das ist der Pass. Pass auf schon. Hier, Elisa. Ach, es ging keine E's. Oh, Ü geht schon. Ü und E geht nicht. Was hat's das denn? Was hat's denn? Gut, dann ist der Erwin. So, was haben wir da? Fate of the Wahl. Eine ins Vieh. Schauen wir es uns an. Der Erwin schaut sich jetzt mal die Gaudi an. Ah ja, ich ruckelt wie Scheiße. Wie schaut's bei euch aus? Also ich sag nebenan und sag... Jetzt habe ich hergespielt. Sag ich, hergespielt. Weißt du, was ich auch vorbereitet habe für die nächsten 2 Wochen? 3 Balletten. Ich hoffe, dass das ausreißt. Zeitweise kann man die FPS abzählen. 0 FPS, ruckelt wie. Also pass auf, wir spielen mal mit WASD. Sagt's mir wirklich, wie es läuft. Weil ganz ehrlich, wenn die Scheiße immer noch, dann brauchen wir nicht spielen. Also dann brauchen wir nicht streamen. Ich weiß nicht, was das wieder für eine Behinderung ist. Also wenn das bei euch so ausschaut wie bei mir auf dem zweiten Monitor, dann
müssen wir es, glaube ich, bleiben lassen. Okay, servus. Ja, da und hab schon geglaubt, ich bin der Einzige mit Standbild. Wie schaut's aus? Alles okay bei mir? Gut, ist wirklich gut? Ich brauch Fachkundiges. Was sagen die? Ja, genau. Da haben die ersten Augenkrebs-Gameplays, okay. Läuft super, passt. Sprengi, sag du mir was. Ja, oder Leute, die schon mal die mehr wie 30 FPS. Sprengi, nein, sag das nicht. Geht schon, aber Auflösung ist eher schlecht. Auflösung ist schlecht? Mit Augen zu geht's, der Song passt, läuft flüssig. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich mich auf manche Konsolen 30 FPS Meinung verlassen kann. Ich hätte jetzt nichts auszusetzen. Ja, das ist okay. Wenn der Sprenger das sagt. So, ist die Frage, interessiert uns die Kampagne und die Dialoge? Nein. Wer die Story spielen will, kann das machen. Bei mir der wir das nicht. So, da kommt jetzt der Zombie-Mann, den stechen wir jetzt erst einmal sauber dreckig ab und dann schauen wir, was wir wieder kriegen. Wir kriegen einen voltaischen Stab. Stab! Jetzt muss ich erst mal schauen, wo wir überhaupt sind. Sucht nach dem Müller und findet Sicherheit in Lichtfallen. Ich bin doch der Müller, ich bin der Erwin. Der Erwin Müller bin ich. So, hier, Inventar, kenne ich mich aus, schau ich. So, was haben wir da? Voltaischer Stab hat 0 Stats, aber gewährt Fertigkeitsstufe 1. Schleuderblitz. Ich bin auch ein Schleuderblitz. So, wie hat das hier? Das ist also alles, was wir haben. Na gut. Ich möchte den Chat vollgespammt ziehen. Ich sitze deswegen übrigens da in der Mitte, weil das da meine Lebensanzeige ist und das da hinten meine Mana-Anzeige. Bin mir ziemlich sicher. Kommen wir brav. So, drop gleich mal, weiß ich nicht. 4 Divines. Beim ersten Mob. Wir killen mit 4, brauchen wir Level Up. Los geht's, wo sind wir? Wollen wir wieder reinfinden. Spätestens auf Stufe 1 geschmeidig. Viel besser wie sonst. Wobei, so schon lange nicht mehr gespielt, muss man dazu sagen. Hier Gold, alles wird zerpimmelt. Hier, Blitz to your face. Das ist aber noch nicht recht viel besonders. Spannend wird es erst, wenn wir unsere ersten Formwahlen-Geschichten kriegen. Keine Ahnung, wie lange das dauert, wir werden es sehen. Der Zombie-Sepp, den habe ich nicht gesehen, weil ich wieder den Chat durchdepp. Große Truhe, was ist das? Wechselbalg-Talisman. Jetzt zünden wir erst mehr da oben an. Damit da Ruhe ist, dann schauen wir uns das an, was das ist. Was ist das? Talisman. Sollen wir das ins zweite einsetzen, oder was ist das? Hebe den Gegenstand mit Linksklick auf und ziehe ihn da ein. Was haben wir da? Gestalt wandeln vorm Auswählen. Das ging aber fix, du. Talismane erlauben es dir, dich in mächtige Tiergestalten zu verwandeln. Jetzt kannst du zwischen einer Bären- und einer Werwolfgestalt wählen. Du kannst dies jederzeit ändern. Es ist gut, wenn man das jederzeit ändern kann. Es war aber auch toll, wenn irgendwann einmal dieses Pop-Up da weggeht, wo ich, jetzt gib's mal Not man, not beast, but both. Oh. Das ist ja geil. Also ich habe jetzt rechts unten, für die Leute, die das Spiel vielleicht überhaupt nicht kennen, ich habe auf der linken Maustasten habe ich diesen Blitz und auf der rechten Maustasten habe ich so ein, was ist denn das? Prankenschlag. Verwandelt euch. Und das ist das zweite Waffenset. Also du hast da im Prinzip beide Waffen gleichzeitig equipped. Okay. Das ist jetzt schon mehr Dynamik als Diablo 4, der Diablo 4 Druide, aber... So, was aber wirklich cool ist, ich bin jetzt eine Bärenform und wenn ich den Schleiderblitz mache, verwandelt ich mich nahtlos einfach wieder zurück. Und wenn ich einen Bärenhieb mache, will ich automatisch zum Bären und muss mich nicht erst umeinander verwandeln. Man stelle sich vor, da hat jemand nachdenkt, wie er die Klasse gemacht hat. Ha! Wer hätte das gedacht? So! Das haben wir gar nicht lange umeinander. Wo ist das erste Mistviech? Geh her, weil ich dich da schlug. Geh her zu mir! Oh, was kommt der Werwolf? Achtung, müssen wir ausschauen natürlich. Alter, ist der schnell. Was kann der? Zerfetzen. Verwandelt in den Werwolf und schlagt um euch mit einer Vielzahl von Klauenhieben, was Eisfragmente gegen eingefrorene Gegner erzeugt. Okay, das ist aber ziemlich... Schaut mich ziemlich early, ziemlich brutal an. Jetzt sind keine Gegner mehr da. Da ist er! Okay. Wieso soll ich da als Mensch mal anlaufen, bin ich als Wolf, bin ich schon schnell, oder? Vulkan! Was kriegen wir da? Unsere erste Fähigkeit. Verursacht 4 bis 6 Feuerschaden. Modifikatoren der Zaubergeschwindigkeit gelten auch für die Kosten dieser Fähigkeit. Feuert Projektile alle 5 Sekunden. 0,5 Sekunden. Kanalisieren endet beim Erreichen von 4 Phasen. Was ist das? Das ist ein Fähigkeitenstein. Den bauen wir jetzt da mal rein. Linksklicke zum Zuweisen einer Fertigkeit. Ja, und indem wir auf den 1.
Ja, kann das. Das ist die Frage, ob der Vulkan Initial-Damage macht, wenn man das auf 4 castet, aber wahrscheinlich schon. Was haben wir da? Hier, Kontrollpunkt. War das auch schon so Tutorial-lastig letztes Jahr? Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Aber jetzt rennen wir da einfach mal an und zerpümmelt mal ein paar Viecher. Was ist denn jetzt? Alter. Aber schnell gegangen, mein Leben ist niedrig. Das hat mich... Mal langsam. Mal ganz furchtbar langsam. Wo haben mich überhaupt, warum kann ich auf Kuh? Wieso kann ich auf Kuh keinen Trank nicht fressen? Ich sehe jetzt schon, dass dieser Vulkan komplett für den Arsch ist. Sehe ich jetzt schon. Sehe ich jetzt schon. Viel Teufel vor dem Schund. Halt lieber mit meinen Bratzen im Pfotzen, du Huren. Du Fotzengrober. Ich weiß nicht, was ich da davon halten soll. Weißt du jetzt auch nicht. Mr. Vulkan. Ja, hier, du kannst nicht mehr einen Zombie umbringen, da schau dir an. Was sind das für Scheißtricks, ey? Was ist das für Scheiß? Vielleicht sollten wir aber auch mal fertig legen. Die machen ganz schön viel Schaden, diese scheiß Krebs da unten. So, wir klicken natürlich nicht auf unseren Heil. Nein! Nein! Schluss jetzt! Lass mich mal schnell meine Keybindings anschauen. Die kann ich mich heilen. Ich kann mich einfach nicht heilen. Wieso kann ich mich nicht heilen? Eingabe, Fläschchen in Slot 1 benutzen. Ja, bitte Q. Und Fläschchen in Slot 2 benutzen, bitte E. Warum das nicht belegt ist, das weiß ich nicht. Aber wer weiß, was sie alles geändert hat seitdem. Dafür hält es in der Menschenform nicht viel aus, oder? Also ich habe eher das Gefühl, dass ich in der Wolfsform nicht recht viel aushalte. Wenn ich so drüber nachdenke. Wo da meine Eisdinger umeinander fliegen, habe ich auch noch nicht so ganz rausgefunden. Aber gut. Ich meine, das ist absolutes Early Game. Was erwarten wir? Eine dreschen ins Vieh! Aber so gefällt mir das schon ganz gut. Aber einen Bären haben wir noch nicht ausprobiert. Jetzt werden wir mal einen Bären nehmen. Schauen, was er kann. Aber macht das mehr Spaß. Schauen wir mal. Aber das ist nicht so schnell. Futzen kannst du haben! Level up! Wildlederarmschienen. Easy. So! Jetzt kommt der Freund aller, ich trau mich PoE nicht spielen. Das ist der Skilltree. Und er hätte den das erste Mal, der muss ja noch mal viel narrisch größer werden. Oh, leck. Ich kann ihn natürlich nicht mehr auswendig. Letztes Jahr habe ich ihn auswendig kennen, da kannst du mal Gift draufnehmen. Zumindest die oberen Hälften. Ja, die unteren auch, also teilweise. Schauen wir mal, wo wir sind. Da muss ja ein komplett neuer Tree dazu gekommen sein mit dem Druiden. Schauen wir mal, wie wir ausschauen. 10 zur Rüstung, plus 5 zum maximalen Energieschild, mehr aushalten, 10% erhöhter Zauberschaden und Angriffsschaden. Gehen wir Damage oder aushalten? Wo kommen da als erstes hin? Erhöhte Rüstung, 15% der Rüstung werden auch auf Elementarschaden angewendet. Schneller haben wir da erhöhter Schaden, 5% Schaden als extra Schaden eines zufälligen Elements, plus 5 zu Stärke und Int. Was haben wir da? Erhöhter Zauberschaden und Attack Damage, regeneriert Leben, kannst du in der Pfeifra. Hamanarek, ja, das hat auch noch nie geschaut, wenn man mal ganz ehrlich ist. Wo will man als erstes so hin, grob in der Richtung? Oh, Chaos Damage, was haben wir da? Erhöhte Rüstung, maximaler Energieschild, das sind eigentlich immer die gleichen da. Das ist eine Skill-Galaxie, ja. Vor allem ist er nicht der einzige Skill-Tree. Vor dem haben die meisten Angst, das schreckt die meisten Leute ab, aber der ist gar nicht so tragisch. Also sicherlich kannst du mit dem Druiden, um vielleicht einmal einer Person oder so die Angst zu nehmen und vielleicht doch einmal eine zum Schauen, ist nicht so tragisch, wie es ausschaut. 3/4 von diesem Skilltree brauchst du nicht. In der Regel, außer du kennst ihn auswendig und flippst irgendwann komplett aus. Aber jede Klasse startet woanders in diesem Ring. Und der Druide startet halt da und dann hast du schon so eine grobe Vorgabe und dann kannst du mal gepflegt davon ausgehen, dass dieses Fünftel da so grob in die Richtung alles Nodes sind, die du für einen Druiden brauchen kannst. Aber auch für andere Klassen. Also da haben natürlich auch Nodes. Der Druide ist nicht der einzige, der von Rüstung und maximalem Energieschild profitiert. So ist das nicht. Das kann schon jede Klasse brauchen. So ist das nicht. Aber am Schaden, glaube ich, scheitert es nicht. Da gehen wir mal Richtung Aushalten. Schauen wir, dass das da unser Bastion des Waldes, dass das so unser erster Punkt wird und da oben kommt dann 15% der Rüstung werden auch auf Elementarschaden angewendet. Und wenn ich das so richtig sehe, dann ist der Blitz Elementarschaden, der Vulkan ist vollkommen für den Arsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis jetzt zumindest. Gehen wir mal auf Aushalten. Aushalten, reingeskillt und man kann sowieso ziemlich leicht umskillen, das ist nicht wie im Einser. So,
Da kannst du gleich hergehen, kannst du mal. Macht das eigentlich Flächenschaden? Verwandeln einen Bären zu fleischstarke Gegner mit euren Klauen, wodurch ihr bei Treffer Rausch erzeugt. Und was hilft mir? Was hilft mir Rausch? Rausch wo? Rausch habe ich gestern gehabt. Ja? Verwandlung kann ein bisschen schneller gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Schauen wir mal, ob der Bär mehr aushält. Nein, der kriegt auch ganz schön auf die Fresse. So ist das nicht. Da bin ich doch lieber erstmal hierfür. Und den haben wir abputzen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was der Rausch bringt, aber wir fangen das Glier noch, wenn wir drauf haben. Merkst du das? Schmier mir erst einmal sauber nicht. So, jetzt müssen wir erstmal einen Erwin. Der Erwin Müller muss einen Müller umhauen. Das kriegen wir schon. Das kriegen wir schon. Also jetzt tue ich euch dann nochmal einen Vulkan hindrehen, den kann ich da offensichtlich nicht hinterzaubern, weil der Hindernis da ist. Ja, das macht schon wieder ganz fest, Freunde. So, rein ins Viech. Ich glühe auch, wenn ich einen Rausch habe. Also ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob der Vulkan überhaupt irgendwas tut. Macht er überhaupt irgendeinen Schaden? Ich weiß ja auch nicht. Ich glaube, wir müssen noch rechts um. Wenn die Gegner Elotrans haben, bringt der Rausch ein. ist richtig. Kommt der Zombie-Sepp und sagt so, ich muss mir mal schlecken, ich hab 4 Pfund Elotrans geschnupft. So. Der Wolf ist schnell. Das hat mir bis jetzt besser gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn der ein bisschen mehr Run-Speed hat. Oh, was haben wir da? Belagertes Lager. Oh, müssen wir mal putzen an da. So, was hat der gleich wieder keine? Ja, oder bist du daher rennst, dabei geht es weiter. Da, den kannst du haben. Den kannst du haben. Was ist denn jetzt? Weiche aus. Ja, komm, Alter. Ja, moin, Meister. Für Range-Leute bist du wirklich gar kein Problem, gell? Aber. Ey, weg. Und ihr könnt euch auch schleiern, damit es gleich weißt. So ein totaler Kalter. Da, hier, den kannst du haben. Ja, Mann, ich muss da schon mehr reinfallen lassen, Mr. Müller. Ich weiß nicht, was deine Idee ist. Range-Klassen FTW. Range-Klassen FTW. Komm. Bist du das Laufanfangs dabei? Oh oh. Machen wir doch mal Folgendes. Gib mir einfach ein Schein. Gegenstandsbelohnung durch Errungenschaft. Du hast die Mikrotransaktion Pfeife Helmzusatz freigespielt. Drücke K zum Ausrüsten. Was ist denn das wieder? Helmskin. Mehr kaufen. Nein, ich mag nicht mehr kaufen. PoE darf das übrigens. Das ist übrigens, kostet übrigens nichts. Aktuell kostet es schon noch was, aber wenn es rauskommt, kostet es nichts mehr. Was habe ich da jetzt gekriegt? Neu, hier, Pfeiferl. Habe ich jetzt ein Pfeiferl in der Fotzen, oder was? Bin ich jetzt ein Druide mit der Pfeife im Maul? Tatsächlich. Tja. Muss jeder selber wissen. So. Ich glaube, dass es mir wurscht ist. Ja, die hätte ich vielleicht auch mir anziehen sollen. So, was haben wir da? Armbrust. Gehen wir verkaufen, wenn es präsisiert. Und eine Hartholztartsche. Was haben wir da? Was zu identifizieren. Das nehmen wir gleich einmal. Schauen wir mal, was das so kann. Erhalte 2 Mana pro getötetem Gegner. Das kannst du sauber in der Pfeife rauchen, aber auf unseren Stecker. Also ein Stecker mit der Fähigkeit, der Blitz gefällt mir schon mal ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. So eine schöne Range-Fähigkeit, vor allem für den Start, klingt solide, aber ich kann nichts davon tragen. 17% erhöhte Rüstung und Ausweichen. Wir schauen mal überhaupt generell aus. 62 Leben, 5 Energieschild, 60 Mana. Was ist ein Wille? Was zum Fick ist ein Wille? Bin ich jetzt besoffen? Ist das der Spirit? War das der Spirit, wo die Hexe zum Beispiel Viecher beschwört? Je mehr Wille, desto mehr. War das das? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ist mir auch scheißegal. Das finden wir schon raus. So, jetzt gehen wir erstmal ins Startlager hinein. Schauen, was da los ist. Wenn kein Zwischensequenz kommt, läuft's rund. Stimmt, wir wissen eigentlich mit Flüssigkeit des Bildes, meine Damen und Herren. Extra nachgeschaut, Rausch nutzen. Bärenangriffe und Fähigkeiten verbrauchen Rausch, um mächtiger zu werden, zum Beispiel mehr Schaden. Ja, ich habe mir schon sowas gedacht. So ja, at least, bla bla bla. Oh, Quest annehmen, den nehme ich an. Belohnung, unser erster Skillstore, jawohl, den nehmen wir mit.
Den Bums, den wir da haben, die UNA, ja, wir nehmen alles mit. Da geh her. Quest annehmen, Gegenstände kaufen oder verkaufen. Was kriegt man da dafür? Da kriegt man nur Gold dafür, gell? Was haben wir da so? Erhöhter Kälteschaden, das können wir alles nicht brauchen. Erhöhter Ausweichwert, regeneriert Leben. Das ist auch nur Schrott. Da können wir eigentlich nichts brauchen da von ihr, gell? Was ist denn das da? Gewährt Fähigkeitsstufe 1, einfrierende Splitter. Stats will nicht drauf warten, ein paar kleine. Aber ich glaube, dass wir das da gepflegt verkaufen und das verkaufen wir gepflegt. Dann suchen wir uns einen anderen Händler. Was haben wir da? Der Randley, was hast du da so anzubieten? Was haben wir da? Gewickelter Kampfstab, Keulen, Rüstung, da haben wir noch sauber Zwinggold. Was da los? Herr Hesse! Merci für 8 Monate. Servus zusammen, servus zurück. Merci dir für den Resub. Da werden wir uns noch nichts kaufen können. So, minimaler Pro-Tipp, wenn ich mich richtig erinnere, nach jedem Level-Up hat dieser Händler hier neue Gegenstände. Das lohnt sich vor allem am Anfang, kriegst du ziemlich auf die Fresse, vor allem Leute, die das Spiel noch nie gespielt haben, immer wieder mal nachschauen, was die so haben. Aber mir glaube ich, was haben wir da? Helm, ja super. So die Rüstungsteile kosten so um die 150 bis 300 Gold, je nachdem. Und da werden wir zuerst noch ein bisschen was zusammenhauen müssen, habe ich das Gefühl. 42% erhöhter physischer Schaden! 119 Gold! Wie kriegen wir jetzt auf die Schnelle 119 Gold? Da kriege ich bloß 2 dafür. Ich kann mir nämlich sehr gut vorstellen, dass die Bärenhiebe und so weiter. Was tut denn der Brunnen? Brunnen füllen dein Leben am Mann, also wieder eine ausgerüstete Fläschchen wieder auf. Ja, gut. Dann haben wir da eine Truhe, ist da irgendwas drin? Oh, das schaut auch neu aus. Was ist da los? Was ist da los? Was ist denn das alles? Okay, die haben anscheinend Currencies geändert im letzten Jahr. Das da bin ich mir nicht sicher, das glaube ich sagt man nichts. Was ist ein Level 3 Exalted? Keine Ahnung. Aber es gibt einen Mirror. Was das ist, weiß ich überhaupt nicht. Was das da unten ist, weiß ich auch nicht so hundertprozentig. Aber das schaut mich so ein bisschen nach der neuen Mechanik an. Was haben wir da? Maps, Stuff, Craft, Essenz. Okay, das sind meine Tabs von meinen anderen Charaktere. Naja, drauf geschissen. Erstmal durchprügeln. Erst einmal durchprügeln! Was haben wir da so? Haben wir sonst irgendjemanden, mit dem wir schmerzen können? Da haben wir noch einen Finn. Für den müssen wir, wenn ich mich richtig... Gegenstände kaufen. Was hast du so? Ich mag Uso. Was magst du so? Rüstung. Ach, das sind diese Gambling-Dinge. Wenn ich mich richtig erinnere. Geht, wenn man kauft, dann einfach zufällige Stats drauf. Brauchen wir auch nicht. Wir brauchen eine Fähigkeit. Vulkan für den Arsch. Umschlingung. Ja, wie du sprichst nicht auf Deutsch, nicht voll komisch, auf Englisch ist es besser heute einmal. Verursacht 4 bis 6 physischen Schaden. Beschwört eine mit Wurzeln durchzogene Spalte. Die sich vorwärts bewegt und Gegnern auf ihren Weg Schaden zufügt, solange die Spalte besteht. Schießen Ranken aus ihr hervor. Das ist fast wie nicht. Die sich an Gegnern in der Nähe festsetzen, ihnen Schaden zufügen und sie verlangsamen. Das hört sich doch eigentlich schon mal gar nicht so schlecht, oder? Das hört sich oben so ein Flächenschaden nach vorn, slowt Gegner, sehr schön. Lunarer Angriff. Verwandelt euch in einen Werwolf und schlagt mit euren Klauen zu, was einen Bogen aus Mondlicht und Eis erzeugt, der sich sichelförmig nach vorne bewegt. Der wütende Hieb hört sich sehr nach Bär an. Verwandelt euch in einen Bären und schlagt mit einem starken Hieb auf den Boden, was eine Schockwelle verursacht. Kann Rausch verbrauchen, um massive Schockwellen zu erzeugen, die zerklüfteten Boden hinterlassen. So. Ja, jetzt bin ich da natürlich mit der Maus darüber fahren kann, damit ich sehen kann, was ist zerklüfteter Boden, das war toll. 60% mehr Betäubungsaufbau, 0,4 Sekunden zur Basisangriffszeit, wenn er nicht steht, 0,4 Sekunden zur Basisnutzungszeit beim Verwandeln. Schockwellenradius beträgt 2 Meter, verbraucht 10 Rausch, um einen wütenden Hieb auszuführen, falls möglich. Wo ist denn meine Rauschanzeige? Wo sehen ich, wie viel Rausch das ich habe? Also ich weiß, wie viel Rausch das ich habe, aber du weißt das schon. Also, ich habe schon auf alle Fälle vor, den Druiden in seinen Tierformen zum Spielen. Es ist ja nicht so hundertprozentig wichtig, wenn wir uns jetzt da verdienen, aber ich glaube, ich bleibe einmal beim... Ja, fuck, ich weiß nicht, der Wolf ist so schön schnell. So, los, Flea Frankie, Messi für 43 Monate. Habe ich dir einmal fettes Danke und Chris' Abdruck ist mega geil, man, fettes Messi. Das musst du ihm sagen, nicht mir. Flea Frankie, Messi dir. Ha, Wolf oder Bär? Meine Damen und Herren, Wolf oder Bär? Ich trinke dabei. Ich muss halt alles ganz langsam und mit der Ruhe. Ich wünsche übrigens an jedem Fall Spaß, der mitspielt. Ich bin zu faul, eine Umfrage zu machen. Ich sag das, was es ist.
Wolf lese ich da einmal. Ansonsten alle am Lurken, echt. Bär, Wolf, oh. Steht 3:1, 3:1. Wolf. Oh, Schweinebärmann, Wolf. Ja, es war klar, dass der kommt springen. Aber für die sind die anderen zu jung. Bär, Wolf. Ente, Bär, Wolf, Bär, Wolf. Also, na. Geht alles nur, wenn er steht. Beowulf. Was für eine Frage. Wolf for the win. Lunar Assault projects a crescent of ice with your claws. This skill is very good at freezing enemies. Ich glaube auch. Gehen wir Wolf. Full Wolf, Alter. Und ich würde vorschlagen, den Doppler, das wechselt man, wir können das wechseln. So ist das gegangen. Ja. Heute ist der Tag gekommen, wo ich mich finally bei meiner neuen Maus endlich an die Seitentasten da gewohnen kann. Jetzt habe ich es schon seit mindestens 2 oder 3 Wochen daheim, das Scheißding. Und spiele eigentlich jeden Tag auf die Nacht Aram, da brauche ich die Seitentasten nicht so 100% oft und bekomme immer noch nicht klar, wo was ist. Da ist sowas, da kommt das jetzt da gerade genau richtig. So. Sucht in Lichtfall nach dem Eingang zur Schlammgrube, tötet den Verschlinger in seinem Versteck, reist durch Lichtfall zum Grelwald. Kriegen wir hin. Sag einmal die Map her. Das ist nicht Map, das ist der Shop. Den auf M zum Legen ist frech, aber da haben wir uns, glaube ich, schon einmal beschwert. Aber ich sag ganz ehrlich, die Shop-Geschichten in Path of Exile, die sind immer fair. Das ist immer in Ordnung. Du musst nichts ausgeben, du kannst das auch so kaufen. Ich habe so viele hunderte Stunden in diesen Spielen, dass der 50er, den ich da in meinem Leben bis jetzt ausgegeben habe, dass der 25 Mal herin ist. So, wie geht Karten aber dann auf, ist meine Frage. Markt, Events, Kosmetisches, Atlas, Weltkarte, auf U. Ja, das ist nur natürlich. So, wenn ich mich richtig erinnere, ja genau. Es gibt da so Beirat des verrotteten Rudels. Genau, es gibt da in den einzelnen Map-Notes, also in den einzelnen Maps, immer so Special-Gegner. Und das weiß ich noch, letztes Jahr habe ich nach 150 Stunden Spielzeit und absolutem Min-Maxing irgendwann gespannt, Moment mal, wieso haben da manche Charaktere von den anderen ohne ein Item an Grundresistenzen? Also Eis, Feuer, Gift, bla bla bla, Grundresistenzen. Bis mir dann aufgefallen ist, ich habe auf dem Weg einen übersehen. Und ja, also da haben wichtige Sachen drin. Vor allem, wenn da so ein kleines Plus dort ist. Ich weiß nicht mehr genau auswendig, was es da dann gibt, aber es ist auf alle Fälle wichtig, die müssen wir mitnehmen. So, jetzt gehen wir mal nach Lichtfall und pimmeln wir da mal ein wenig umeinander und schauen wir, was unsere Wolfsfähigkeit kann. U für Umgebung ist doch logisch. Ogmann, du hast da absolut recht. Du hast da absolut recht. So, das macht auch schon kein Damage mehr, das macht bloß am Anfang. Wo habe ich nie jetzt hingehauen? Schaden kriegen wir so fein. Machen wir so. Ja, ich sag's jetzt aber auch, wie es ist. Das legen wir da auf die zweite Maustasten und auf den 1er lege ich einen Bären. Das sagt er, wie es ist. So, da herin müssen wir auf alle Fälle. Was bedeutet das da? Ach, das ist der Ausgang. Bin schon Plus waren, glaube ich, Skillpunkte. Sehe ich mein Rausch wirklich bloß anhand von den Tätowierungen, oder was? Also das ist schon ganz geil da. Die Frage ist jetzt, können die da durchlaufen und kriegen Schaden? Nein. Cool ausschauen du jetzt. Abscheuliche Hexe! Was du für mich kriegst, gehst du mir einen Vulkan ins Gesicht. Und Eingefrieren hat noch nie geschaut. Oh, robuste Beinschienen, die ziehen wir natürlich gleich an. Hier. Hoppala. Geht schon. Das kriegen wir mir schon. Mit dem Eis sehe ich nicht so 100%, wann die Viecher tot sind. Irgendjemanden herlabern, das ist wahrscheinlich. Identifikationsrolle, den nehmen wir natürlich schon mit. Oder Kontrollpunkt. So, Boss Nummer 1, da, den kannst du haben. Oh, hoppala, falsche Taste. Wie gesagt, da werde ich mich noch sehr oft vertun. Heilige Scheiße. Dass wir halt so viel Diff counten müssen, das habe ich nicht gesehen. Der zählt ja wieder nicht. Kruzifix. So, damit es 6. Hier, 6. Ah, gut.
Da müssen wir wohl etwas seriöser an die Sache herangehen, hab ich das Gefühl. So, das machen wir jetzt folgendermaßen. Von der Scheiße lassen wir uns mit Sicherheit nicht treffen. Kann man die überhaupt vereisen da? Geh weg von mir! Nein! Du kriegst einfach in einer Tür, kriegst du den da in die Fresse, das sagt ich. Das ist wieder richtig gut heute. Das war ja eine richtig gute Idee. Haben wir da vielleicht einen Anschnall ein wenig als zwei Runden? Ist das möglich? Machen wir mal nur ein Level-Up. Machen wir mal nur ein Level-Up, damit nichts passiert. Gewohnen wir uns vielleicht einmal erst ein bisschen an meine Tasten. Weil mir halten ja gar nichts aus. Okay. Vereisen und dann einen Blitz drauf hat, glaube ich, auch noch nie geschaut. Wenn ich mich recht entsinne. No Mana. Brauche ich eigentlich Mana zum Zuhören mit ihm da? Ja, schon, gell? Mir hält man nichts aus, Kinder. Ah, das gefällt mir nicht. Nein, das gefällt mir nicht. Müssen wir mir raushalten. Oh! Hoppala. Ja, passiert nicht heute. Was soll ich machen? Was soll ich machen, Kinder? Was soll ich machen? Dann wieder mal das Ding da auf. Vielleicht zwei vereist man und fährt's mir tot. Das nehmen wir mit Handkuss mit. Okay, sterben, du Huren. Haben wir da noch mehr einen Dings? Nein, wir machen das schön brav, das ganze Gebiet da. Mir nichts passiert. Wunderbar. Hätten wir mal einen Bären genommen, glaube ich. Bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob ich das gut finde. Aber gut, ist der Anfang, der ist natürlich nicht so. Und ich erinnere mich, mir fällt gerade wieder so richtig schön ein, wie schwer das Spiel war. Ist nicht wie in Diablo, da wo du einfach behindert reinlaufst, das ist alles wurscht. Ist halt hier so, da muss man sich erst wieder drauf gewohnen. Jetzt killen wir mal den nächsten Punkt. Mana-Regeneration, die kannst du noch schirmen. Wir nehmen da hier noch mehr Rüstung und mehr Energieschild. Jawohl, bisschen mehr raushalten. Und dann gehen wir mal mit da her. Was ist das da? Verlängerte Fertigkeitseffektdauer, Betäubungsschwelle, Fertigkeit, Effektdauer, Fertigkeit, Effektdauer. Was ist da gemeint damit, dass die Vulkane zum Beispiel länger da bleiben? Könnte sein. Und dann gehen wir da oben oder direkt da so auf, das sehen wir dann schon. Das sehen wir mir dann schon! So, probieren wir mal nochmal da unten. Vielleicht noch ein Rüstungstrum, irgendwas. Also wirklich irgendetwas. Irgendetwas, aber dass die Level 1 Pimmelviecher da irgendwas droppen, das kannst du heute wahrscheinlich auch aus der. Was ist ein mysteriöser Lagerplatz? Was gibt's noch? Gibt's da was? Ah ja! Sehr schön, genau noch sowas suchen wir. Mit einem Funken, was ist das da? Er hat Reports received. Ist das ein besser wie uns? 9 bis 15? Nö. Erzeugt deine Fertigkeiten, Jemme. Oh! Jetzt kann man sogar noch einen Bären dazu da schon hin. Den kann man uns noch nicht. Was war da? Ich tue einfach sofort die Bären her. Tu die Bärenfertigkeit her. Und dann der ich sagen, der mir das auf den Zwarer. Schauen wir mal, was der Zwarer tut. Das Problem ist so ein bisschen, dass das ziemlich lang dauert, bis das ausgeführt wird. Währenddessen kriege ich 3 Schläge und bin einfach tot. Aber gut. Jetzt machen wir da mal den hier, den machen wir weg. Und dann schauen wir mal nur mal zu ihr rein, hätte ich gesagt. Wo ist denn? Da ist drin. So, Madame! Jetzt Schluss mit deiner Scheiße, du! Kackfrisur, da, hier, den kannst du haben. Wir haben einfach jetzt ein bisschen im Kreis laufen und ich lasse mich einfach nicht treffen von dir. Wie war denn das? Vielleicht funktioniert es, wenn ich mich nicht wie ein Behinderter in die einstelle. Vielleicht können wir die da umbringen. Bin mir nicht sicher. Oh, vielleicht soll ich aber auch nicht.
Grutzi, fix. Schau dir so. Du bist eingefahren und bist hin. Geh weg. Das machen wir schön brav mit Range. Schleich dich. Schleich dich. Und wenn ich die tot zergen muss, ist mir scheißegal. Oh, das wollte ich nicht drücken. Weg mit dir. Schau, dass du jetzt lang gewinnst, du Scheißhaushöhe. So, geht schon. Haufen Zeug zusammengeklappt. Was haben wir gekriegt? Und das habe ich gemeint. Diese Mini-Bosse da auf den Maps. Die droppen halt manchmal sehr eine Sachen, wie zum Beispiel das, ein Questgegenstand, gewährt plus 10 zu Kältewiderstand. Und den kriegst du dauerhaft, bis ins Endgame. Und der ist unfassbar wichtig. Zack. Und dann haben wir nämlich da plus 10% Kältewiderstand. Und das schaut einmal gar nicht. Was auch gar nicht schaut ist, Sandalen. Mehr Movement Speed. Mehr Dusel kann man nicht haben. Herzlichen Glückwunsch. Schädel können wir ganz brauchen, zumindest noch nicht, aber das da können wir brauchen. Erhöhte Seltenheit gefundene Gegenstände. Naja, ob das jetzt das gerade so fett macht am Anfang, das glaube ich nicht. Da ist halt etwas Besseres droppen können, aber das kriegen wir schon. So, weiter geht's. Oh, warte mal, geht's da links oben weiter? Bin mir nicht sicher. Schauen wir mal. Als Melee muss der Boss ja super sein. Als Melee holst du aber normal auch mehr raus. Aber im Prinzip, wir halten ja auch nichts. Weißt du, was man ein bisschen. Die Fähigkeit mit dem Wolf, die dauert so lange bis zu. Man wechselt zwar fluid. Da, hier. Warte mal, was passiert, wenn ich dann so mache? Ja genau, das ist eigentlich so der Plan. Mal eingefrieren, probieren und dann draufstampfen mit dem Bären. Warum nicht? Wir werden sehen. Oh, Waypoint. Schlammgrube. Klingt auch mal ganz furchtbar vernünftig. Ancient relics, poison on land and beast alike. Haben wir jetzt wunderschön gesehen, dass ich mich gerade voll Gas verklickt habe. Aber das ist nicht so schlimm. Eine Umwandlungs... Was ist da? Aktiviert 5 weitere Leuchtfeuer. Uralte Leuchtfeuer. Aktiviert 5 weitere uralte Leuchtfeuer. Wo sind die? Warte mal. Sind die alle da oder was? Findet die Schlammgrube, haben wir schon gefunden. Reist zum Grellwald, da müssen wir noch nicht die. Aktiviert 5 weitere Leuchtfeuer. Ich habe den uraltes Leuchtfeuer aktiviert, aber es scheint nicht Besonderes bewirkt zu haben. Findet 5 weitere uralte Leuchtfeuer und aktiviert sie. Klingt mir nach einer Mechanik aus der vorherigen Season. Röllchen nehmen wir mit. Was ist denn da eigentlich? An diese Stelle, ich erinnere mich nicht an diese Stelle. Im Zweifelsfall. Ja, kann man schon so lassen. Aber irgendwie gefällt mir die Casterei da gefällt mir schon ein bisschen besser, wie ich da Mili reingehe und haut sie mir ab mit einer geschissenen Schuidel. Ich mag keine Schuidel. Einfach draufgefotzt. Die kasten da irgendeine Scheiße am Boden. Na, also das da brauchen wir Welten mehr Attack Speed, damit sich das mit dem Bären irgendwann einmal cooler fühlt. Aber da ist wahrscheinlich noch ein bisschen die. Komm, hier. Schauen wir mal, ob wir da noch mehrere so Leuchtfeuer in der einer Map finden oder ob sie die Leuchtfeuer über mehrere Maps strecken. Geh weg von mir. Da waren wir schon. Gehen wir auf. Truhe. Stimmt, haben wir irgendwas Schönes gekriegt. Oh, besser wie nix. Hoppala. Besser wie nix. Deine Schädel kannst du in den Arsch schauen. Ja. Schleichen Sie sich, 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 habe ich gesagt. So, wo gehen wir? Da ist die Schlammgrube. Wenn wir da reingehen müssen. Recht viel größer ist die Map nicht mehr. Recht viel XP. Kriegen wir da nicht raus. Habe ich so das Gefühl.
Hauen wir mit dem Druiden rein. Da, das meine ich, bis der Stampfer kommt, dabei hauen mir die Viecher rundherum wie ein Behinderten. Was aber ganz gut funktionieren könnte, wenn man da mal ein paar mehr Leute eingefriert. Pass auf, das probieren wir jetzt mal. 1, 2 und dann. Ja genau, dann platzen sie aber halt auch nicht. Dann müsste man wahrscheinlich irgendwie. Deinen Scheiß kannst du woanders nicht zaubern, du irgendwie. Da müsste man wahrscheinlich irgendwie Blitzschaden in diesen Stomp reinkriegen und dann macht er extra Schaden am vereiste Gegner. Wenn ich mich recht entsinne. Aber jetzt gehen wir erst einmal da rein. Ich glaube, das war der erste Boss da unten. So, erster. Ich bin ein totaler Vollidiot. Habt Nachsicht, ich bin ein bisschen besoffen. War da nicht der Weg versperrt am Anfang nochmal? Was ist das? Was ist das? Alter, da kommen aber ganz schön viele hier. Bist du besoffen, oder was? Stirb. Stirb. Hab ich gesagt. Stirb. Stirb. Was ist das? Aufwertungssphäre. Die können wir natürlich brauchen. Was wir auch mit durchkanten ist, jetzt warte mal. Wir haben ein Level-Up gehabt. Wie viel Gold haben wir? 162. Wir können uns irgendein Item kaufen. Irgendwas, was uns bringt. Schauen wir uns jetzt mal an. Müssen wir uns das Leben ja nicht, wenn wir schon besoffen haben, wie Scheiß aus, müssen wir uns das Leben ja nicht unnötig schwer machen, indem dass wir nur umeinander pimmeln. So, Una, hast du was für uns? Hast du was für... Oh, die kann auch Gegenstände entzaubern, gell? Was kriegt man? Ah, ein Stapel von 10 Scherben wird zu einer Umwandlungssphäre. Ne, am Anfang brauchen wir eher Gold. Ne, das ist nix. Kaufen und verkaufen, weg damit. Kriegt man mehr Gold, wenn es identifiziert ist? Weiß ich nicht mehr. Ja, kriegt man tatsächlich schon hin. Gewertfertigkeit parieren, legt man am Arsch, brauchen wir nicht. Verkauft man auch, verkauft man auch. So, aber ich glaube, dass wir bei ihm da oben besser dran sind. Mal schauen, was wir so kriegen können. Was haben wir hier? Da haben wir zum Beispiel schon mal so einen Talisman mit Stats drauf. Plus 2 zur Stufe aller Nahkampffertigkeiten? Man hat's ja nicht besoffen, was da, Alter, da... Können wir uns nicht kaufen. Der ist, wenn ich jetzt Level up will und das ist bald, dann ist die Waffen weg. Also plus 2 zur Stufen aller Nahkampffertigkeiten ist für schon hart, gell? Da suchst du mal lang danach. Fuck. Leben pro Sekunden, Max Life und Fire Race, Schotnier, 5 Int. Mehr Lehm, regeneriert Lehm, kann man auch brauchen. Ja, da werden wir noch ein bisschen umeinander hauen müssen, habe ich das Gefühl. Was tut das Ding, glaube ich? Er ergänzt einen magischen Gegenstand durch einen neuen zufälligen Modifikator. Können wir brauchen. Verbessert einen normalen Gegenstand zu einem magischen Gegenstand mit einem Modifikator. Das kann man eigentlich einmal da auf unseren Stab rollen. Warum eigentlich nicht? Einfach mal zum Testen. 19% erhöhte Zaubergeschwindigkeit. Den nehme ich. Mir wurscht. Der wird schon passen. Halt als Bär mal die Ausweichrolle gedrückt. Okay. Bin schon stark. Der Wolf ist gar nicht zwangsweise schnell. Level up! Was ist jetzt mit denen da? Stirb jetzt. Ja. Okay. Interesting. Warum nicht? Zauberschaden, Angriffsschaden. Gehen wir mal packen. Ja, ich möchte eigentlich so schnell wie möglich da auf. Ja. So schnell wie möglich zu die großen Nodes. Was passiert denn da? Da ist ein Brutplatz. Was tue ich mit einem Brutplatz? Hallo? Erst bei eine dreschen! Müssen wir die kaputt machen? Ich weiß es nicht. Finde den Verschlinger und tötet ihn. Weiß ich nicht mehr auswendig. Obwohl ich es schon ein paar Mal gemacht habe, aber ist erwischt. So, jetzt probieren wir mal was. Was passiert denn, wenn ich mit dem Wolf... Oh, der Wolf kann auch sprinten! Ha! Tja dann! Ich brauche denn irgendeinen Flächendamage, damit wir die eingefrorenen Idioten da killen können.
Geh weg jetzt da von mir. Geh weg jetzt da von mir. Ja, feist, die Gegner wegblitzen ist halt schon geil, gell? Vielleicht können wir den Blitz irgendwie um Flächenschaden geben oder so. Moment mal, das geht. Steht dort! Kann ich mal, warte, Moment mal. Seit wann gibt's denn das? Das, wenn mir jetzt irgendjemand erzählt, dass das in der ersten Season schon gegeben hat, dann scheiße ich her, das ist doch schon klar. Das geht ja nicht bloß in der Bärenform. Ist das allgemein eine Druidenfunktion oder ist das allgemein im Spiel? Das ist ja interessant. Also mit dem bist du als Beton oder was bist du für ein Skelett, Alter? Stopp. Das ist natürlich geil! Ja, dann kannst du mal anhauen, was du möchtest. Zipfel, Alter. Wenn du weiß bist, gib wieder einen Blies in den Arsch, scheiße Ruhe. Hier, was ein Dreck. Ja, da brauchen wir noch was zum Finishen, hab ich schon gesehen. Damage haben wir zuerst können. Es werden eine Zeit so dahin gefürchtet, dass man Damage zuerst kann haben. Weiter im Text. Was würden wir mal so machen? Zerrissene Robe, hochwertig. Ist die besser bei unsere? Die ist besser bei unsere. Also kann ich das nicht einfach, ist es nicht mit Rechtsklick gegangen, aber ja, vollkommen wurscht. Vollkommen wurscht, so, hier, und ich bin der Turbo-Wolf. Bis es zuhaut dabei geht wird und dann gebe ich euch das da und es hilft genau gar nichts. Und mir macht das der Scheiße, der Vulkan ist eine Scheiße, das ganz aus ist. Face Tank! Aufwertungssphäre, nehmen wir mit. Oh, los geht's. Aber man kann beim Sprint nicht gescheit lenken. Also man muss schon grob in der Richtung. Ja, Schaden haben wir keinen, gell? Wenn wir noch ein bisschen eine leveln ins Viech. Nur ein bisschen Item-Klick haben, hab ich's gefällt. Der Stomp ist sauber zu langsam, ey. Dann kannst du dazu gar nichts brauchen. Was ist denn das? Da kommt der wieder aus der Wind raus, da kriegt sie fix. Ich glaube, dass wir von dem letzter schon ein paar Mal verarschen ablassen. Oh, damit ist ja, was ist das da? Eisiger Stab. Stufe 2, einfrierende Splitter. Ich mag aber eigentlich gar keine einfrierenden Splitter, meine Damen. Sagt ihr da dazu? Ich glaube nicht, dass ich das mag. Wie lange kann man sprinten? Oder man kann Ewigkeiten sprinten, wenn man da sauber lenkt. Seit wann gibt's das? So, was haben wir? Auf müssen wir. Das schaut nach Brutkämmerchen aus. Unheilvolles Nest. Oh, das schaut nach Stress aus, ja. Wo ist der Dreier auf meiner Maus? Da ist er. Ich tue da jetzt einfach lauter Vulkane hin, die werden das dann schon richten. Ah, ich kann nur einen Vulkan haben, deswegen. Jetzt sind wir beieinander. Look at me, I'm a wolf! Das war was zum Ausweichen, habe ich gehört. Ja, das kriegen wir schon. Nehmen wir mal einen Vulkan-Zipfel Adam. Ich weiß natürlich nicht mehr, was der Boss kann. Und kann auf alle Fälle nicht. Nicht mich anspeien. Nein, nicht mich anspeien. Nein. Nein. Vielleicht sollten wir uns einmal durchlesen, was der Vulkan wirklich alles kann. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht alles.
Und jetzt drauf mit der Blitzscheiße! Habt ihr schon der Loot da unten? Brauchst du mich nicht auch wieder. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Da, sterben wir bei der anderen, sterben wir dreimal! You've gorged on the... Stufe 2 Fertigkeiten, jawohl. Und einen Nesseltalisman in Gelb! Here we go! Kontrollpunkt, hier Speedo. Die Rowdy Speedo habe ich auch. Schau mich an! Da machen wir jetzt noch, da drin noch ein Level, ich weiß es nicht. Ah, der Neemcard, hab's genau gesehen. Vollidiot, Vollidiot. Vollidiot. Ja, wird schon. Da kommen wir schon wieder rein. Das wird schon wieder. Das wird mit leichten Startschwierigkeiten haben wir begonnen. Und jetzt lesen wir mal schnell, was der Vulkan wirklich macht. Lässt einen Vulkan aus der Erde aufbrechen, der in Intervallen geschmolzene Projektile ausstößt. Ist das wirklich alles? Gibt mir der keinen Buff währenddessen, dass er da ist? Vulkandauer beträgt 8 Sekunden, maximal ein Vulkan, 150% mehr Eruptionsschaden pro zusätzlicher Phase. Kanalisieren hinten beim Erreichen von 4 Phasen. Okay, lesen wir es einmal durch. Lässt einen Vulkan aus der Erde aufbrechen, der alle Gegner, die auf dem Vulkan stehen, schädigt und eine Menge geschmolzener Projektile ausstößt. Solange der Vulkan andauert, stößt er, wenn er mit einem Hieb getroffen wird, weiterhin Projektile aus. Je länger diese Fertigkeit kanalisiert wird, desto heftiger ist die erste Eruption. Was jedoch keinen Einfluss auf die nachfolgenden Projektile hat. Das erklärt natürlich einiges, wenn ich da oben bleiben muss. Das erklärt natürlich einiges. Vielleicht hätten wir mal lesen sollen. Vielleicht hätten wir es einmal lesen sollen. Du mit Gegner her, jetzt muss ich das ausprobieren. Wo müssen wir hin? Da oben waren wir noch nicht. So, jetzt mal so. Ja, das mit dem Sprint ist cool. Weg. So, jetzt mal so. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon netter. Jetzt kommen wir der Sache, das hat mich aber auch stark gewundert. Check mal deine nach dem Talisman, was der kann. Guter Punkt, den schauen wir uns direkt an. Fügt 3 bis 6 physischen Schaden hinzu. Ist das schon so ein Talisman, oder? Die neuen Dinger Wechselbalg-Talisman. Und das ist ein Torturhoffnung Nessel-Talisman. Die Frage ist jetzt, ist das schon... Ich bin in der Bärengestalt, wieso bin ich in der Bärengestalt gewesen? Einige Fertigkeiten jammen werden nicht funktionieren, wenn diese Waffe nicht ausgerüstet ist. Wenn du Gegenstände tauschen möchtest, entferne die folgenden Fertigkeiten jammen. Da muss ich einen Vulkan weg da. Also geht der Vulkan nicht, wenn ich das Ding anlege. Wir werden sehen, den nehmen wir jetzt mit da her. Wieso kann ich den nicht anlegen? Stufe 5. Naja gut, gehen wir noch nicht. Was hat er noch? Fügt 1 bis 9 Blitzschaden hinzu, plus 8 zur Stärke und erhaltet 5 Leben pro getöteten Gegner. Das sind viele Stats, ist jetzt nicht ultra stark, aber man kann da brauchen, das passt schon. So! Jetzt aber hier, Stufe 2 Angriff. Vulkan ist nicht schlecht. Ist nicht so schlecht, wie am Anfang gemeint, ich hätte mal fertig lesen sollen. Aber ich glaube mir, das ist unsere Hauptfertigkeit da, hier, Stufe 2. Sauber reingeprügelt. Nehmen wir das da. Das nehmen wir mal da auf. Den Bärenhamperer nehmen wir da auf. Und einen Vulkan können wir auch wieder einfügen und dann passt das schon. So, müssen wir jetzt aus dieser Bumsbude da wieder raus. Ja. Kann man sie nicht, Moment mal, das glaube ich, habe ich am Schluss von der letzten Season noch mitgekriegt, vor einem Jahr. Kann man sie jetzt halt von Kontrollpunkt zu Kontrollpunkt beamen? Oh. Und das Bär noch draufhauen oder sind es beim Wolf auch Hiebe? Ich glaube, dass das da auch Hiebe sind. Die Frage ist natürlich, als was gilt der Wolfshieb? Gestalt wandeln, Wehrwohl, ist es ein Angriff, Wirkungsbereich, Nahkampf, Schlag, Kälte. Also es ist Kälteschaden auf alle Fälle. Angriffsschaden 4. Das ist aber... Wandelt 80% des physischen Schadens in Kälteschaden um. 254% mehr Magnitude von verursachten Unterkühlen. 254 mehr Erfrierungsaufbau. Das ist, wie oft dass ich treffen muss, bis es eingefriert. Und je stärker das Viecher werden, desto mehr halten es natürlich auch aus. Wir haben, wie viel Gold haben wir schon wieder, haben wir schon ein bisschen was. Ja. Gehen wir mal nach Hause. Gehen wir die Quest ab.
Ab nach Hause, Quest abgeben. Ja, zum Rennli schauen wir mal, was die uns gibt so. Eine Unterstützungsgem. Sehr gut. Kaufen oder verkaufen, was ich dir sage, kann man nicht irgendwo identifizieren lassen umsonst. Kann das nicht sein? Wie kann das gleich wieder? Kann das erst später der Geist, der Schwarze? Das weiß ich nicht mehr. Nein, das weiß ich nicht mehr. Kaufen oder verkaufen, die gehört eigentlich angeschaut, ja, die gehört angeschaut. Max Life, da können wir die Bumsbude können wir sofort verkaufen, die Bumsbude können wir verkaufen, die Bumsbude können wir verkaufen. Das interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht recht stark. Interessiert mich nicht. Den behalten wir uns mit Stufe 15 mal den einmal an, schauen wir, was passiert. Und dann gehen wir mal was einkaufen. Schauen wir mal, was er so hat. Schauen wir mal, was er so hat. Stärke, physischer Dornenschaden, Ausweichen, Energieschild, Blitzschaden hinzu, verlängerte Betäubungsdauer, aber so ein Ding haben wir. Jetzt müssen wir uns bloß noch anschauen, was das wirklich ist, ob ich da schon eine Bärenform und so machen kann. Entschuldigung. Fire-Race, Blitzrace, bla, braucht alles kein Mensch, da kann ich Stats haben, gell. Max Life, erhöhter Energieschild und Geschick. Treffer genau. Hat es vor einem Jahr schon Hit gegeben? Weiß nicht mehr. Hat es vor einem Jahr schon Hit gegeben? Da auch der schöne Helm. Golddress und 16 Lehm. 21% mehr Rüstung. 21% mehr Rüstung schaut auch überhaupt nicht, weil wir mit so einer Note gehen, wo wir mit Rüstung mehr Schaden machen. Mehr Treffergenauigkeit und Blitzwiderstand. Was haben wir sonst noch? Gürtel. Oh, Gürtel kostet 800 bis 1400, die können wir nicht brauchen. Sollen wir mal in diesen Helm investieren? Hä? 15 Lehm, 8. Kostet gleich viel, es ist 16 Sim und da haben wir 15,8. Dann nehme ich lieber das eine Leben mehr am Anfang, her mit dem Schund. Wieso kann ich den nicht aufsetzen? Ja, passt. Und das Ding, der haben wir weggert. Dann schauen wir uns mal die Support-Gems an. Feuereinstimmung. Unterstützte Angriffe verursachen 25% des Schadens als Feuerschaden. Unterstützte Angriffe verursachen 50% weniger Kälte- und Blitzschaden. Natürlich absoluter Schwachsinn. Rausch 1, da bin ich dafür. Unterstützte Fertigkeiten gewähren 3 Rausch bei Nahkampftreffer. Das hört sich doch vernünftig an für unseren Void. Unterstützte Fertigkeiten haben 15% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Also man kann sich das dann schon zurecht gebausterbeilen. Aber ich glaube, dass wir da erst einmal Rausch nehmen. Unterstützte Fertigkeiten gewähren 3 Rausch bei Nahkampftreffern. Das da kostet, mir verbraucht Rausch, gell? Nein, wir brauchen mehr Attack Speed. Ich sag, das wissen wir nicht mehr, Attack Speed. Scheiß mir auf den Rausch. Wir haben noch gar keine Wolf-Fähigkeit, die irgendwie einen Rausch nimmt. Was ist das hier? Her mit dem Schund! Rankenschlag! Den nehmen wir da raus, dann nehmen wir zum Wolf hinein. Und dann hat der Wolf. Pass mal auf, kann man das anschauen? Dann müssen wir eigentlich ziemlich viel schneller zuhauen mit dem Wolf. Habe ich das Gefühl. Jetzt gehen wir zurück zu unserem Wegpunkt. Jetzt ist die Frage, ob das dann noch freigeschaltet ist. Hier Monsterstufe 3, Schlammgrube, waren wir da schon? Ja. Da habe ich einen Wegpunkt anscheinend nicht gefunden. Die haben wir getötet alle, das passt. Dann gehen wir da her. Ja, die Map ist noch aufgedeckt, wunderbar. Dann ab in den Grellwald nach rechts, meine Damen und Herren. Vorher probieren wir noch das aus. Ja, spürt man schon. Spürt man schon, wird schon ein wenig schneller zurückgehauen. Wird ihm schon. Wird schon. Sehr schön. Map! Haben wir auch schon lange nicht gehört, ja, das stimmt. Wieso tue ich nicht das? Mach mir den Sprint, Boy. Komm. Machen Sie mir den Sprint, aber das Lenken ist ein bisschen gacki. Rein in den Grillwald. So, Monster werden stärker. Oh, ich glaube, dass so wurscht ist. Da reden wir jetzt einfach mal rein und dann sehen wir schon.
wirklich einen Damage haben wir nicht beieinander. Okay, vielleicht müssen wir doch früher einen Damage eiskriegen. Und dass die Scheiße Mana kostet, passt mir ehrlich gesagt auch nicht so hundertprozentig. So, was haben wir? Da sind wir. Echt? Jetzt schon Mana-Probleme? Das ist nicht schön. Schmiedehammer! Nehmen wir natürlich mit. Ah, macht Sinn. Macht Sinn. Kontrollpunkt. Oh, da ist der. Was haben wir da? Una beschwören. This being feels Gehst du mal her, Una? Da ist der Verhüllte. There, Benny. Und wenn ich mich richtig erinnere, muss jetzt dann die Runen da hochgegangen oder so. Protect me. Der Verhüllte! nature's turned on you. So. Was ist jetzt da los? Muss ich irgendwas tun? By decree of the Count of Algan. Ja, laber mich nicht voll. Was ist jetzt da? Sammelt die Runen. Muss ich nicht da irgendwie draufklicken oder so? Aktiviert 4 weitere Urteile, findet den Eingang zum Roten Tal im Grellwald, durchsucht das Rote Tal nach Obelisken aus Rost, die Runen der Macht enthalten. Muss ich da? Sammelt die Runen. Check's nicht. Was will die alle? The Vale? There is a battlefield not far from here that runs red with rust, where the weapons and armor of countless Ezomite Ach, das ist Quest. Ich muss da rüber, hat's geheißen. So. Druidenboost, komm. Da gehst du her. Brauchen wir nicht mehr Gegner da. Warte mal. Kann ich auf dem... Die Frage ist, kann ich auf dem Vulkan umeinander hauen und dann kommen da mehrere Projektile raus? Aber das vorher schon richtig verstanden. Ich hab meine Probleme, das ist nichts für uns. Geh weg. Ich hab runige Runen. Guten alten runigen Runen. Ganz eine Gemütlichkeit. Gefällt mir gut. Bin schon wieder drin. Hab ich schon wieder das Mistspiel. Da muss man halt einfach ein länger rumbleiben. Dann kann der Vulkan macht dann auch ein bisschen Schaden. Jetzt verpisst euch da. Habe ich nicht irgendwas, was kein Mana kostet, wenn ich zuhau? Kostet das eigentlich auch Mana? Nein, das kostet kein Mana. Jetzt warte mal. Warum habe ich denn eigentlich keinen Wolfshieb? Ich habe einen Bärenhieb, der nichts kostet. Brankenschlag. Warte mal. Muss ich da vielleicht die Gestalt auswählen und hab dann... Jetzt haben wir es verstanden. Das ist mein Fähigkeitenschlag. Und das ist mein wildes Gehäcksel. Ich muss nicht die ganze Zeit so zuhauen. Ah, jetzt ja, okay, jetzt ist das natürlich ein bisschen was anderes, ne, Kinder? Bin ich schon wieder... Ah, und das sind diese kleinen Dinger, die es dann zerreißt. So, ja, zum ersten Mal. Ich frage, was es ist. Suchen wir das Rote Tal. Los, hier. Bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, dass ich da den Zerfetzen drin haben will und da den Blitz. Weil dann kann ich da schön im Wolf drin bleiben und dann mal sauber drauf futzen. Ah, mal ein bisschen Druck ausgehen. Und wenn ich nicht mehr mag, dann zaubern wir eher. Und dann haben wir da mit dem Wolf in der Natten einmal auf dem Vulkan und dann schauen wir, was passiert. Aber es scheint mir so, als... Wild stars within. Scheint mir so, als wäre das wurscht. Ah ja, also fühlt sich das schon ein bisschen sehr viel flüssiger, meine Damen und Herren. Sehr viel flüssiger. Und ich muss... Warte, das muss ich was ausprobieren. Ich kann da nicht selber drauf haben. Aber wenn ich mit meinem Zerfetzen auf vereiste Gegner draufhau, fallen da so kleine Poinkerl raus. Jetzt haben wir beieinander. So, hier, Moment, Level Up. Level Up, noch mehr aushalten. Ein Punkt noch. Dann haben wir an der großen Note. Und dann, oh, halt, stopp, haben wir Level 5. Wir haben Level 5. Achtung, da sind Gegner. Jetzt gehen wir erstmal schnell auf Zeiten da. Monenstern. Oder wieder 2 unnötige Depth-Fake nur geben. Ja, können wir einfach umbauen.
Tja, das darf er dann mal einen kurzen Damage-Bonus bringen, wenn mich nicht alles täuscht. Ah ja. Ja, kannst du schon auf Pfotzen kriegen, schon. Hey? Und da brauchen wir uns vielleicht jetzt nicht so direkt einstellen. Na, Schaden kriegen wir auch schon nicht mehr so viel. Haben wir schon wieder ein Hedger, hey? Ach, Moment mal, das ist, wenn ich Gegner vereis, hau mit meinem normalen Zerfetzen drauf. Dann zerbröseln die Dinger und es kommen so kleine weiße Explosionsteile raus. Das ist ja nett. Aber wenn ich es nicht vereis, dann nicht. Ja gut, macht natürlich auch irgendwo Sinn, gell? Oh, das glaube ich ist... Oh shit, ja. Das ist ein Boss. Nein, nicht in die Ranken rein. Nein, das ist der Mann. Oh! Und das? Ich erinnere mich nicht! Ich habe keinen Mana nicht, dann hau ich wieder so. Ist doch nie wurscht. Seh mal, was da überhaupt passiert. Wie lange fährt man die Dinger noch? Da frisst dich. Da loh ich ja grad! Da loh ich grad! Oh, das fühlt sich schon cool an. Also so früh im Game fühlt sich das Ding da schon ziemlich cool an. Das Einzige, was mir nicht ganz passt, ist, die Viecher, die ganz nah an mir dran haben, die kriegen, glaube ich, sie kriegen den Schlag schon ab, aber es fühlt sich nicht so, als hätten sie ihn abkriegen. Mit mir gleich zu gehen eigentlich. Schenk uns dann. Schenk uns da, wenn's Wohlfall kommt. Das mit dem Sprint muss ich einer so ein bisschen verinnerlichen. Ja, ist schon cool. Oh, das ist auch cool. Ah ja. Face Tank! Ja, auf Mana, das hat es wieder vollgebracht, dass ich die Scheiße hier tue. Okay, wir haben definitiv Mana-Probleme, wenn ein Gegner mehr wie 3 Leben hat. Ah, es wird schon. Wird schon. Was haben wir jetzt da noch? Ja. Schleicht sich da hier 20 einer. Okay, schaut mir fast so, als da es in jeder Map auch so ein Leuchtfeuer geben. Ob sie das rentiert, die aufzumachen, das weiß ich nicht, das werden wir dann schon herausfinden. Kann man sich eigentlich direkt zu einem Kontrollpunkt porten? Nicht, gell? Naja, gehen wir mal da weiter. Servus, bin wieder im Nachschau-Squad. Bernie, hauen Sie sich hinein. Ist übrigens, hätte ich vielleicht vor Anfang sagen müssen. PoE ist jetzt kein, das ist wirklich, es ist ein Lurk-Zuschauspiel, das ist mir schon klar. Ich schaue fast in den Chat, ich sitze einfach nur da, labert mir vor mir. Das ist schon wieder viel lang, nein. Was? Ist überhaupt nicht irgendjemand da? Später jeder selber, oder was ist denn los? Was ist denn der Plan? Futzen, Kids alle an! Schaut's euch euer offen! Ich komme schon noch so weit, dass ich euch allesamt mit einem Schlag vereis und dann hat es so gefickt wirst und ihr gefickt wart. So schlecht finde ich ihn. Bis jetzt gefällt mir ganz gut. Aber in unseren Häcksler müssten wir fast noch... Schauen wir mal, was wir überhaupt... Wow! Wir haben, ich glaube, ein Amulett und einen Ring auf und gespannt's nicht. Da ist Hit. Hit hat's nicht gegeben. Es hat keinen Hit gegeben. Da meine ich wie angelungen. Es hat letztes Jahr keinen Hit gegeben. Muss man jetzt auf das auch noch aufpassen. Leck mir am Arsch. Kommen die alle her jetzt da? Schleich dich jetzt mal.
So. Amulett. Scheißegal, was da drauf ist. Jetzt ziehen wir auf alle Fälle an. Flasche halt nehmen wir uns, Maximales Mana und erhaltet 2 Mana pro getöteten Gegner. Ja, Entschuldigung, kann schon wieder nicht besser laufen. Einen Hammer können wir nicht brauchen. Betäubungsaufbau. Braucht man mir den geschissenen Stab da eigentlich noch? Also der Schleuderblitz, glaube ich, der kann ich mir am Arsch lecken, den nehme ich sowieso nicht her. Das ist mal das, was ist denn das da eigentlich? Geringes Lebensfläschchen. Soll man da vielleicht einmal einen, ich weiß ja nicht. Also diesen hier mal, weißt du schon? Diesen und diesen, halten wir mir raus, was ist denn da drauf? Gewährt Fertigkeit, Schildheben. Was ist denn das da? Streitkolbenschlag. Braucht keine Sau. Und zum Schildheben muss ich Schild heben. Braucht keine Sau, tu das weg, verwirrt mich bloß. Da ist ja kein Datum und nichts. Was haben wir da? Gewickelter Kampfstab, tun wir den her. Treffergenauigkeit. Physischer Schaden 5 bis 9. Physischer Schaden 7 bis 12. Kritische Trefferchance, Angriffe pro Sekunde. So machen wir das. So machen wir das. Ich weiß nicht, wie wichtig das Hit ist. Im 1er war es immer wichtig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das vor einem Jahr noch nicht gegeben hat. Das düstere Dickicht. Muss ich da rein? Ich weiß es nicht. Gibt es da eine Quest drin? Ich weiß es nicht. Ich weiß so viel nicht. Jetzt warte mal, jetzt muss ich was ausprobieren. Ja, jetzt man macht automatisch so einen kleinen Leap in Richtung Gegner, wenn es so 2 Meter drauf bist. Na, gerade jetzt erst aufgefallen. Knochenzauberstab, Stufe 2 Knochensprengung. Braucht kein Mensch, aber das haben wir uns noch nicht angeschaut. Vulkanwütender Hieb. Da sag ich dir, was ist, da bauen wir lieber einen Vulkan aus. Oder wir schauen uns das da an. Umschlingung. Können wir Umschlingung brauchen, nicht wirklich durch den Vulkan. Vulkanbuffen. Den nehmen wir her. Wir kennen eh alle nichts. Kriegen eh alle aufs Maul. Was wollt's denn jetzt alle da einladen? Hm? Was möcht's ihr? Was sie wolle? Gib mir schon keiner mehr her. Totaler Köder. Totaler Köder. Da schau dich, du Trottel. Easy. Oh, ich hab noch nicht umgestellt. Einfach drinstehen! Peng, 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 peng! Gehen wir bereit. Das düstere Dickicht beim Roten Tal. I see what you did there. Das war eine Frage der Zeit, bis das irgendwie beim Aufhalten. Ah, schau her, macht der Vulkan auch gar nicht mal so wenig Schaden. Aber mit Zuhauerei macht er auch gar nicht so wenig Schaden. Das düstere Dickicht. Findet den Eingang zum Roten Tal im Grellwald. Den haben wir einfach immer noch nicht gefunden, gell? Bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich vor einem Jahr gewusst habe, wo der Eingang ist. Wahrscheinlich ist er rechts unten irgendwo. Da sind wir schon unterwegs. Da sind wir schon unterwegs! Ja, jetzt lassen wir mit 4 stehen, leg mir mal, schauen wir, wie geil ich bleib. Wenn ein paar mehr kommen, dann sage ich nichts. Ah, geht's ja nicht da. Her geht's. Kriegst das mit denen putzen, dann kriegst du den putzen, dann ist das schon wieder alles. Rasselndes Zepter. Ich kann nichts mehr tragen. Wie ist das möglich? Wieso nicht, ist meine Frage. Gewährt Fertigkeitsstufe 2 Skelettkrieger. Das mag ich jetzt sehen, ob ich das tatsächlich. Und das ist das Geile im PoE, selbst mit einer Druidenklasse kannst du mit ein paar Minions umeinander laufen. Warum auch nicht? Geht's noch her da? Was, wieso sind sie jetzt? Ach, die sind Furzen, sobald ich mich Ja gut. Die sind Furzen, sobald ich mich verwandelt. Das ist natürlich so. Und sie kommen wieder, wenn ich einen Vulkan hinsetze. Das jetzt so viel Sinn macht, dann macht es natürlich keinen Sinn. Also man wechselt da automatisch Waffen. Cannot carry that anymore. Aber dann macht der natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Den lassen wir mal da. Eichengroßhammer. Muss ich vielleicht durchs düstere Dickicht, um den Weg zu finden? Ist das vielleicht möglich?
Shane kannst haben, da schau dich an. Das ist ein totaler Keule. Ich hatte so nicht tot, bevor die weißen gar nicht Brinkholz reißt. Das ist schon fast so wie. Da ist irgendeine Hütte. Oh, da gibt's irgendwo, da ist glaube ich ein Boss drin. Du bist der Boss, gell? Ja. The home to magic's Da most geh aus, soweit ich dir wirf. Jetzt erst mit denen ins Gesicht. So. Nein, von deiner lila Kacke da. Ja, ich weiß, dass ich da drin geslowt werde, aber es ist mir einfach travel scheißegal. light. Gems, Proben. Wer rollt denn da umeinander? Kann ich die Alte da noch hauen oder was? Nein. Mittleres Lebensfläschchen haben wir schon. Ein mittleres Mana-Fläschchen nehmen wir mit. Jetzt müssen wir da. Wirf das einmal weg jetzt da. Schon Schmutz. Schmutz! Was haben wir da? Kältewiderstand. Schmutz! Aber den verkauft man. Ja, bloß ein bisschen Platz machen, dann müssen wir uns einmal heim teleportieren. Das nehmen wir natürlich mit. Mullwickel. Wir haben eh noch keine gescheiten Handschuhe. Wunderbar. Und die schmeißen wir weg. So, jetzt gehen wir mal nach Hause. Verkaufen wir den Pumps, levelt wir durch und dann gehen wir weiter. Bis dahin kann mir irgendjemand sagen, da werden wir mal in den Brunnen hingehen, damit unsere Flaschen offen sind. Und dann holen wir uns die dicke Rune. Was genau macht das, glaube ich nicht? 15% erhöhte Rüstung. Das schaut mal überhaupt nicht. Wie viel Rüstung haben wir überhaupt? Wo sehe ich in Rüstung? Da, hier Rüstung. 38%. Wenn ich da drauf klicke, sagt man noch. 15% der Rüstung werden auch auf Elementarschaden angewendet. Das heißt, 15% meiner Rüstung gängen auch in unseren Mondangriff. Und machen dem theoretisch dann mehr DPS. Der lunare Angriff hat momentan. Jetzt warte mal, was ist denn da was? Zerfetzen ist mein normaler Angriff, der hat 31 DPS. Und der lunare Angriff, der hat nur 18. Warum hat der nur 18? Weil das eher zum Eingefrieren ist und dann drauf dreschen. Ich würde sagen, schnellerer Beginn der Energieschild-Wiederaufladerate, das passt auch. Und 5 Stärke und Int kann man immer brauchen. Das heißt, machen wir mal so. Wieso gingen dann diese SPS in den Tee? Wahrscheinlich, weil das Spiel das wieder nicht kapiert, dass 15% meiner Rüstung auch auf Elementarschaden angewendet wird. Und das da ist definitiv Kälteschaden. Wandelt 80% des physischen Schadens in Kälteschaden um. Das heißt, eigentlich müsste man Welten mehr Damage machen. Das heißt, Welten nicht, aber deutlich spürbar mehr Schaden machen. So, jetzt schauen wir uns die einmal an. Fügt Angriffen 1 bis 3 physischen Schaden hinzu und ein Sockel. Kann auf alle Fälle besser wie unserer. Das Thema weg, das Thema weg, das Thema weg. Schrott, was ist das gewesen? Mittleres Life Floss, brauchen wir nicht. Geht wirklich bloß um Gold, dass wir uns vielleicht kriegen wir eh nichts. Aber ein bisschen was haben wir schon. 500, vielleicht können wir uns noch mal irgendwas kaufen. Was haben wir hier? Leben und Feieres, nö, was kann man brauchen? Plus 2 zur Stufe aller Nahkampffertigkeiten. Das ist halt narrisch, gell? Plus 8 Stärke halt. Und so stark ist das Ding nicht, das wir da gefunden haben. Es hat einen Haufen Stats drauf, es ist meistens nur Schrott. Aber Blitzschaden und physischen Schaden, das schaut natürlich nicht. Aber das haben wir da auch. Und plus 2 zu aller Nahkampffertigkeiten ist halt schon narrisch. Das macht halt unseren, jetzt pass auf, das macht unseren lunaren Angriff, das ist Nahkampf, ja. Ist ein Nahkampf, da ist der nicht Level 2, wo wir jetzt mindestens eine Stunde brauchen, bis Level 3 oder Level 4 Steine droppen. Er ist sofort Level 4, das Ding muss ich kaufen. Muss ich das. Ja, mit dem Ding. Das ist natürlich nicht besser wie unseres. Hat ein bisschen weniger Damage und kann Blitzschaden und so weiter, aber das ist vollkommen wurscht. Das mit der Rüstung heißt, dass du dank deiner Rüstung weniger Elementarschaden bekommst. Nein, das glaube ich nicht. Müssen wir nachschauen. Wo ist der Fertigkeitenbaum? 15% der Rüstung werden auch auf Elementarsch... Ach so! Ach so. Herr, Moment. Das haben jetzt mehrere geschrieben, gell? Hast du absolut recht. Habe ich komplett falsch gelesen und wie ein Behinderter. Das mit der Rüstung heißt, dank deiner Rüstung bin ich mehr. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Danke für die Aufklärung. Wie gesagt, bin halt nicht ganz da. Aber bei dem war ich mir jetzt auch gar nicht so sicher, ob ich das gespannt hätte, wenn ich nüchtern war.
Jo, dann gehen wir mir jetzt da her, tauschen wir das Ding aus und den verkaufen wir einfach. Ah, halt, stopp, vielleicht können wir den entzaubern, das ist ein Gapes Item, vielleicht kriegen wir da was Tolles dafür. Gegenstände, ja, was kriegen wir da dafür? Da kriegen wir auch bloß einen Schirm, da kannst du mir mal schlägen. Stay safe Also kriege ich da bloß einen Schirm. if you can. What have we? Reck! Take a look. Ja, verkauf das Ding, was I'll möchtest du find damit? some use for that. Kann man sonst noch brauchen? Mal eine anständige Einhandwaffen und ein Main und ein Offhand wäre mal eine Sache. Main und Offhand. Hallo? Haben wir da Schmutz. Betäubungsaufbau, halte 3 Mana pro getötetem Gegner plus 7 Stärke, halte 6 Leben pro. Was kommt das eine Treffergenauigkeit? Wie ist das gleich wieder gegangen, dass das da die ganze Zeit da ist? Ah. Genauigkeit. Genauigkeit wird verwendet, um ein Ziel mit einem Angriff zu treffen und wird mit dem Wert für Ausweichen des Ziels verglichen, um die Chance zu bestimmen. Jetzt müsstet ihr natürlich wissen, ob Standard-Mobs einfach der Ausweichenwert nach oben skaliert, je weiter das wir kennen, aber wahrscheinlich schon. Angriffe von Spielern erhalten einen Malus auf die Genauigkeit, der von der Entfernung zwischen dem Ursprung des Schadens und dem Ziel abhängt. Wobei es keinen Malus für Ziele innerhalb von 2 Metern und bis zu 90% weniger genauer für Ziele gibt, die weiter als 9 Meter entfernt sind. Ja, wir haben einen Wolf, wir haben einen 1 Meter Drohnen, haben wir da in die Fresse, das wird schon passen, ich brauche keine Treffergenauigkeit anscheinend. Außer der Gegner, wie Bosse oder sowas, haben erhöhte Ausweich irgendwas. Was haben wir da? Schrott, Flächen und einen Fiolenplatz. Kann man schon brauchen, so ist das nicht, aber da haben wir noch kein Gold nicht. Was ist das da? Hartholzspeer der Aufnahme, 5 bis 9 Schaden, gewährt Fertigkeit, Speerwurf, braucht kein Mensch. 30% erhöhter Elementarschaden mit Angriffsfertigkeiten. Erhaltet 2 Mana pro getöteten Gegner. Verstehe die Frage. Wieso kann ich den nicht nehmen? Give a keen eye. Ja, so. Können wir schon nehmen. Passt schon. Passt schon! Was haben wir da noch? Erzeugt eine Unterstützungsgemme. Here we go. Crescendo unterstützt Schläge, die am Ende einer Angriffskombination, beim Zerfetzen zum Beispiel, einen letzten Schlag ausführen und erlaubt es euch, den letzten Schlag 2-mal hintereinander auszuführen. Letzter Schlag von unterstützten Fertigkeiten kann 2-mal nacheinander ausgeführt werden. Unterstützte Fertigkeiten haben 50% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Das haben wir doch. Ja, man kann Support Gems natürlich öfter craften, nicht bloß einmal, das macht natürlich Sinn. Was haben wir da? Vergrößerter Bereich. Unterstützte Fertigkeiten haben 25% vergrößerten Wirkungsbereich. Das kann man auf einen wütenden Hit machen? Ach, das ist vom Bären. Geb! Lunarer Angriff, mehr Range, mehr alles, mehr gut. Gemmen? Ich kenne nur Backgammon. Sprengi, wie muss ich mir das eigentlich... Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Tust du nebenbei eigentlich was anderes oder schaust du zu 100% diesen Stream aufmerksam? Und wartest darauf, dass ich irgendwas sage oder vorlese, bist du ein Blödsinn einfach und schreibst ihn dann? Oder spielst du nebenbei was anderes? Hast du den Nasenbohrer mit dem Taschenrechner noch am Stream Deck? Ich weiß es nicht, was? Nein, das war nicht. Nein, leider nicht mehr. Nasenbohrer mit dem Taschenrechner, Alter. Ich Trottel. So, was haben wir da? Ergänzt einen magischen Gegenstand durch einen neuen zufälligen Modifikator. Das haben wir doch da mit drauf. Elementarschaden mit Angriffsfertigkeiten, haltet 2 Mana pro getötetem Gegner. Ja, wirf einfach mal auf, schauen wir, was wir kriegen. Wieso geht das nicht? Gegenstand hat keinen Platz für zusätzliche Modifikatoren. Wieso nicht? Präfix, Suffix, kann da bloß eins oben sein, oder was? Ja, verbessert einen normalen Gegenstand zu einem magischen Gegenstand. Dann können da bloß überall 2 Sachen drauf sein, sage ich das richtig. Was musst du werfen auf den Ring? Ja, 26 Max Live, den nehme ich mit. Du, den nehme ich mit Handkuss, du! Geh, damit du dich gleich auskennst! Die, wo ausgebaut sind, glaube ich zumindest. Jetzt gehen wir da rein. Wir brauchen immer das rote Tal. Wo ist denn das rote Tal? Wie findet man nicht, wo der Mama ausgelaufen ist? Muss ich durchs düstere Dickicht? Ich weiß nicht. Gehen wir einfach ins düstere Dickicht rein. Da muss ich sowieso rein. So, gleich mit Drahtausch da! Naja, sagst sofort, dass das da größere Schläge sind. Aber wir brauchen mehr Frost Damage. Wir müssen definitiv die Viecher mehr reingefrieren. Die müssen schnell reingefrieren, weil dann gibt es einmal Fotzen und dann ist er rüber. Was haben wir da? Ja, Armbrust, weiß ich jetzt nicht, was ich damit so blöd. Dann probieren wir den nochmal.
Blub. Naja, so ist schon ganz witzig, gell? Also so. Schauen Sie, dass Sie lang gewinnen. Hey, ich weiß halt leider nicht mehr auswendig, wo wir hin müssen. Aber gehen wir mal ins düstere Dickicht und schauen wir, was da los ist. Oh. Stark genug müssen wir sein, fällt nur aushalten müssen wir. Das passt schon. Das düstere Dickicht ist ja nicht so gaudi da 5 Meter daneben. Ah, das war das, was zu war. Will near budge for me. Ah ja, also ist das nicht. This is not the way. Do you know the way? Ja, Kruzifix, aber wo waren wir noch nicht? Wo? Oder? Wo? Da unten ist Lightfall? Möchtest mich verarschen? Ist da? You serious? Aber Gott sei Dank gibt es ja mittlerweile das. Hoppala. Das ist wirklich Gold wert, Alter. Das hat letztes Jahr hast du die alles nochmal laufen müssen die ganze Zeit. Das. Bläh. Ja, natürlich bin ich ein Meter an der Scheiße da vorbeigelaufen! Ist eh wurscht. Machen wir mal ein paar Meter da. Jetzt machen wir mal ein paar Meter So da. much blood spilled here, the earth still bleeds. Ja, merkst von Map zu Map sofort, wird Viecher schon stärker werden, so ist das nie. Gleich ein ganz Stück mehr aushalten. Ja, halt schon mal durchgefotzt! Was ist da? Den kannst du haben. Might find myself a road. Easy going, was ist denn das gleich wieder? Oh, das ist besser, das ist okay. Ich muss mir der Schlung. Da, der Schluck! Oh, ich krieg ganz schön auf die Fresse, meine Freunde. Oh, autschen, Vorsicht. Zerpimmelt man die Kleine, der Rest stirbt dann schon. Nature takes what's old. Runenverzierter Gürtel, Faustschild, Kyras. Twice over. Bildnis, Schleifstein. Okay. Haben wir jetzt da irgendwas gekriegt, oder nicht? Sammelt die 2 verbliebenen Runen der Macht. Ja, werden wir uns durchprügeln müssen. Aber für die sind wir gekommen! Hab ich gehört! Gesplitterter Turmschild. Irgendein Schild mit Stats. Dann machen wir jetzt Folgendes. Ja, ist schon ganz witzig. Ist schon ganz witzig. Kann ich da durchhauen? Ja, tatsächlich schon. Hehe. So, haben wir schon wieder so weit, dass wir graue Items gar nicht aufklappen. Was wahrscheinlich wieder ein Fehler ist, aber das ist mir jetzt wurscht. So, was haben wir da? Erstmal den Vulkan reingesemmelt. Ach, das ist wieder so ein Leuchtfeuer. Wenn wir keinen Mana nicht haben, dann haben wir so eine Blub. That's heavy enough already. Eisengolf, Speer, Holzkeule, den ganzen Bums braucht kein Mensch. Den ganzen Hoppla, falsche Taste. Erhöhte Bolzengeschwindigkeit. Dann was haben wir da geschrieben? Schild heben, den kannst du gleich mal wegschmeißen. Dafür nehmen wir mal, schauen wir uns den da. Betäubungsaufbau, Skelettkrieg brauchen wir auch nicht. Den können wir uns mal anschauen. Erhöhter Ausweichwert und Kältewiderstand. Ach, wir haben das Schädel ja gar nicht in der Hand, wenn wir in der Wolfsform sind. Weil wir mir automatisch, wenn wir in die Wolfsform gingen, also wenn ich da so rumhau oder so rumhau, dann wechselt er in die Waffen und wenn ich so mache, ja genau,
Dann wechselt er da und ich hab, glaube ich, die Stats vom Schädel nicht mehr. Oder zur Brei 10 Geschick, kannst du schon vergessen. So! Was haben wir hier? Lunarer Angriff, wütender Hieb, den ganzen schönen Brei gar nicht, heben wir uns den Gem heben wir uns auf. Und den Rest verkauft man. Passt schon. Rest wird vertickt. Schnauze. Schnauze, 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 Schnauze. I'm full up. Also vom Bildschirmlöschen sind wir noch weit entfernt. Aber was ist eben? Den nehmen wir natürlich mit. Bildschirmlöschen geht nur mit Alt F4, es geht schon anders auch. Aber da meine ich, werden wir nur 50 Stündlein investieren müssen. Bis da hier Blink löschen, Blink löschen, Blink löschen. Rumhauen wie ein Narrischer, das ist alles, was ich tue da. Hier, ich brauche Elite-Gegner. Diese komischen Rumpimmler da, das ist ja Wahnsinn. Was pimmelt die eigentlich mit denen so lange umeinander? Zuhören wir das Ding. Ja gut, wenn so viel auf einen Haufen sind, dann schon. Out of mana, Diamond, out of mana, Diamond, out of mana, Diamond. Es war eigentlich geil, wenn wir auf Zerfetzen auch ein bisschen Frost Damage hätten, dann kann man da auch Leute aufgefrieren. Und wenn die da dann auch so wegsplittern, dann war das natürlich schon ganz geil, ja? Ich kann nicht aufhören, auf Leute zu schlagen. Es ist einfach so satisfying. Braucht wirklich, wie habe ich in Diablo gesagt, es braucht wirklich lang, bis das langweilig wird. War einfach rum. Ich bin mir nicht so sicher, ob das zum Zuschauen der absolute Wahnsinn ist, aber für Leute, die selber spielen, kann man wahrscheinlich. So, jetzt gehen wir auf Damage. Verlängerte Fertigkeitseffektdauer. 8% erhöhte Betäubungsschwelle. Teilst eh schon gut aus in Mobgruppen. Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass der Flächendamage gar nicht mal so schlecht ist. Aber ich darf jetzt einfach ausgehen, ich bin mir nicht sicher, ob ich das da brauche, da in der Mitte, das sind verschenkte Punkte. Da gehe ich lieber da jetzt auf Zauberschaden und auf Angriffstempo, regeneriert Sachen, Zauber und Attack Damage. Dass wir einfach ein bisschen einen prozentualen Damage kriegen. Was ist denn das da herum? Vergrößerter Wirkungsbereich, 12% erhöhter Immobilisierungsaufbau. Tja, Schaden, glaube ich, haben wir genug, das ist ganz okay. Gehen wir da auf, was ist da? 8% erhöhter Schaden ist da nochmal. Erhöhter Bonus für kritische Treffer, erhöhter Schaden, erhöhter Flächenschaden. Ich glaube, dass sich die da gar nicht rentieren da herunten. Aushalten der mal ganz gut. Das war am Anfang ein bisschen brenzlig, aber dann gehen wir lieber so um den Bogen rundum. Was gibt es da herunten so? 12% erhöhte Magnitude von Unterkühlen, das ihr verursacht. Ah, ja, ist auch eine wichtige Note, dass die Viecher eingefroren werden, vor allem dann Bosse und Elite-Gegner. 8% der Rüstung werden auch auf Elementarschaden angewendet, während ihr verwandelt seid. Da wenn es viel sicher eine Notes gibt, und vielen Dank übrigens für die Erklärung vorher, das hätte ich lange nicht gecheckt, was das soll. Also, aber ich finde auch der Sprengi, was er vorher geschrieben hat, hat er schon, es müsste eigentlich heißen, 8% der Rüstung werden auch auf Elementarschaden angewendet. Die 3 Elementarschadenstypen sind Feuer, Kälte und Blitz. Während ihr verwandelt seid. Ich war mir nicht so sicher, dass die Gestaltwandeln, Rüstung, angewandt auf Elementarwiderstand. Shapeshifting Armor applies to Elemental Resistance.
Tatsächlich. Ich habe die Überschrift noch gar nicht gelesen. Die ist offensichtlich auch noch nicht übersetzt. Es ist tatsächlich so. Aber in der Wortwahl in der Deutschen ist einfach die Übersetzung beschissen. Da müsste eigentlich Elementarwiderstand stehen. Anstatt Elementarschaden. Deswegen habe ich auch vorher gemeint, ich kriege jetzt, weiß ich nicht, Kälte-Damage, Feuer-Damage und was war's? Feuer, Kälte, ist ja vollkommen wurscht. Ihr wisst, was ich meine. Aber so ist das ja auch ganz geil, weil du dann mit dem Druiden anscheinend nicht so krass auf All-Res gehen musst. Oder natürlich All-Res voll auf Anschlag bis 75. Oder noch her, geht auch noch her, ich weiß es. Plus das da. Und das geht ja nicht bloß beim Druiden, das geht ja auf andere Klassen. Nein, das ist ja komplett neu. Das hat's vor einem Jahr noch nicht gegeben. Das Ding. Wir haben jetzt da einen größeren Wirkungsbereich, hat noch nie geschaut. Area of Effect. Dann haben wir noch schnell eine Pfotzen da. Und dann müsste eigentlich das Zeug da auch wieder größer werden und auch meine Schläge größer werden. Und so weiter und so fort. So, jetzt suchen wir den letzten Stressstunden da. Vor allem der Area of Effect von den kleinen weißen Kugeln, die es dann zerreißt. Das schaut auch gar nicht, wenn die größer sind. Ich sehe mich jetzt schon, du brauchst bloß später wahrscheinlich bloß 2, 3 Viecher da drin killen. Und die weißen Boinkerl am Boden kann man mit Sicherheit so weit buffen, dass die einfach alles, was da hinten noch neu rennt, einfach stirbt. Schauen wir mal, was die Schaden machen. Noch nicht ein Teufel, aber das kann man ja noch machen. Gefütterte Beinlinge, da schon her. Schildheben, den Schund brauchen wir nicht. Max Life und Betäubungsschwelle, nö, da nehme ich lieber die 10% Move Speed. Was haben wir da? Da haben wir den zweiten Pylon, den suchen wir. Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt? Oh oh, Serverschnackler. Ich komme nicht mehr rein. Sperr auf Kack. Ah! Ah! Die war das nicht! Ich war das nicht! Ja, haben jetzt selber mal kurz in die Hose geschissen. Nesseltalisman, drauf geschissen, braucht kein Mensch jetzt da, da müssen wir Progress machen. Wenn wir halt zumindest den ersten Aktboss noch sehen wollen. Der es ziemlich in sich hat übrigens, dann das erinnert mich noch, der gibt da ganz schön auf die Fresse. Da, weg mit dem Idioten jetzt da. Ja, natürlich kann ich jetzt nicht. Tu den Hammer weg, leg mir am Arsch, was ist das? Tu die behinderten Schuhe weg. Diese, passt. Jetzt brauchen wir noch einen, oder? Die Wurzeln sind vorerst unpassierbar. Aktiviert 2 weitere uralte Leuchtfeuer. Sammelt die letzte Rune der Macht ein. Ja, das kriegen wir hin! Das kriegen wir hin! Wir brauchen einen Blitzschaden beim Zerfetzen. Dann kriegen die vereisten Idioten nämlich normalerweise mehr Damage. Jemand hat da auch gerade ziemlich fake geschrieben. Pass auf, lese ich gleich vor, wenn sich schon jemand die Mühe macht. Und da wahrscheinlich mehr Wissen hat als ich. Dann schauen wir das natürlich an, aber jetzt lese ich gleich, jetzt schauen wir erst mal, wo der letzte Pylon ist. Hat es mir jetzt geworfen? Oh, die können die umhauen, wenn du da umeinander springst in die Viecher drin. Ja, das ist natürlich der Debuff. So, jetzt lesen wir mal. Der Disaster Red schreibt: Hey Birger, das funktioniert zusätzlich zu Elementarresistenz. Heißt, zuerst wird die Resistenz berechnet und danach werden 8% deines Rüstungswertes auf den verbleibenden Elementarschaden angewendet. Also, ja, ich hab's mir schon fast so gedacht, weil das tat ja Resis obsolet machen. Das ist eine sauber krasse Note dann. Also Resis 10 schon noch, aber mit Rüstung macht auch noch einen Elementarschaden noch niedriger mit den Notes. Sehe ich als eine sehr, 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 sehr starke Note. Sage ich dir, was ist vor allem im Late Game. So, wo reden hier eigentlich um schon wieder? Komplett blind. Cannot carry anymore. Oh Gott, ist das ein irischer Druide? Kann es sein? Schauen wir mal, wo waren wir noch nicht? Da müssen wir auch noch. Ins düstere Dickicht müssen wir auch noch. Das finstere Tal, wo waren wir noch nicht?
Wo waren wir noch nicht? Da so in der rechten Seite waren wir noch nicht, gell? Gehst du mal da rauf? Ja, das hilft uns nichts, müssen wir wieder zurück aus. Dank dem Sprint ist das gar nicht mal so tragisch. Oh, ich glaube, ich höre ihn schon. Da gehst du her zu mir, dann gehen wir da oben, dann gehen wir gleich mal ein paar weiße Punkerl her. So, was bist jetzt du? Oh, das ist der Große, glaube ich. Gell? So, wo bist du, Meister? Da bist du. Geh weg. Ich fotz dir einfach, bis ich Schaden kriege. Okay, oder ich lass mich einfach nicht treffen. Ich lasse mich einfach hauen, weil es mir wurscht ist. Kriege ich keinen Schaden anscheinend. Face Tank! Okay, krieg schon Schaden. Ja, gern vergisst, dass ich einfach. Ich hab ja Mana-Tränke. Was tue ich eigentlich? Was tue ich eigentlich? Ich kann einfach Mana-Tränke nehmen. Sammelt die Runen der Mauder. Alchis 4, können wir brauchen. Level 3er Gem, runenverzierter Hut. Nehmen wir mit, können wir nicht mitnehmen, nehmen wir mit. Seilstulpen. Das schaut alles vernünftig aus. Weg mit dem Dreck da. Was ist das da? Gib mir das. Ja. Das nehmen wir. Ah, was haben wir da? Seilstulpen. Dann die wow, erhöhte Rüstung und Energieschild, nehme ich, Max Life, Max Mana plus 1 Stufen zu Nahkampffertigkeiten und Rest. Alles klar, ja, tschüss mit dem alten Schund. Wiederschauen. Nimm mir mit Handkosten, nimm mir Idee. So, Turmschild, braucht kein Mensch, was ist das da, der Tellerheim? Der Mom ist ein Tellerheim. Pelzpanzer. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ich bin ein Idiot. Feuerrest, Schmutz. Ne, falsch. Dann schauen wir uns den an. Max Life und. Max Life und Kältewiderstand, regeneriert Leben. Den kannst du auch wegschmeißen. Kann der Pelzpanzer vielleicht irgendwas, aber kann ich rollen mehr. Plus 22 zur Rüstung. Ergänzt einen magischen Gegenstand. Machen wir mal so. Kältewiderstand, Rüstung und Kältewiderstand. Nee. Ne. Das ist nichts für mich. Jetzt haben wir noch eine Gruppen 4 zusammen. Und dann schauen wir mal ins Lager zurück, weil der Händler neue Items hat. So. Und dann glaube ich, können wir auch in der Quest weitermachen. Das ist ja mal alles, was ich weiß, Kinder. Schaut schon ganz vernünftig aus. So, jetzt verkaufen wir erstmal den ganzen Bums. Ja, was hast du für uns? Zusammen sind die Runen ein Schwur auf einen friedlichen... Ah, das muss ich der anderen mitnehmen, glaube ich. So, kaufen, verkaufen, weg mit dem Schund, Dreck, Schmutz. Verbesserte Qualität an der Waffe brauchen wir noch, das heben wir uns für später auf. Die brauchen wir auch nicht. Wir haben 374 Gold, das ist jetzt nicht der Teufel, den wir daher... Momentan tue ich mir das einmal noch nicht an, dass ich den ganzen Scheiß jetzt mal in Kisten reinramme. Aber wir können natürlich das da aufwerten. Oh! Nein, Moves! We got some moves! Schockwelle-Totem. Beschwört ein Totem, das den Boden um sich herum Hiebe versetzt und Gegnern im Umkreis wiederholt Schaden zufügt. Oder weißt du was? Es ist, ich weiß nicht, wann es 10 vor 10 geworden ist, Leute. Ich weiß es nicht. Ich sitze einfach nur da und später hin. Ich hoffe, ihr habt einigermaßen Spaß. Ich passe überhaupt nicht auf den Chat auf, das tut mir ein bisschen leid. Das Astery schreibt noch mal was, wenn's
wenn es ist. Ich kenne mich ziemlich gut mit PoE 1 und viel davon ist auch auf PoE 2 anwendbar. Könnte dir mal mit einem angesammelten Wissen helfen, falls du es brauchst. Das ist ja das Schöne am PoE. Ich meine, ich habe auch 500-600 Stunden in PoE 1 und 220 Stunden in PoE 2 in 2 Klassen. Ein bisschen Ahnung habe ich schon auch, so ist es nicht. Aber ich habe ja nicht gespielt. Also natürlich fange ich nicht von vorne an, aber ein bisschen geht schon. Ich habe keine Ahnung, was sie geändert hat und so. Und ich liebe die Reise des Selbstentdeckens. Ja, nicht, und der Guide hat aber gesagt, ich muss die Fähigkeit rein tun. Sondern ich möchte das da verstehen. Ja? Und das da reinfuchsen, das ist ja das Schöne. So einfach, gemütlich, ein bisschen das Hirn strenger, das ist zwar heute nicht so einfach, aber das wird schon wieder. Und nicht schwitzen müssen und überhaupt. Weißt du, wie ich meine? Aber natürlich merci für das Angebot. Falls ich heute kann es passieren, dass ich besonders viel scheiße. Ich rede normal schon viel Scheißdreck, aber ich rede besonders viel Scheißdreck. Weißt du, was wir mit denen? Da schaut's aus, rauchen wir mal eine. Ich bin halt null fit. Normalerweise da jetzt sagen, um 10 Uhr machen wir mal kurz eine Pause, rauchen wir mal schnell eine und schleudern wir uns an oder was immer, die so 5 Minuten, holen wir uns was zum Trinken und dann gehen wir weiter und dann schauen wir uns die Fähigkeiten an. Bis dahin How can I help? gehen wir einfach mal schnell eine rauchen. Was halten Sie davon? Ich passe überhaupt nicht auf den Stream auf, alles gut. Ja, Bert, mir passt, ja, passt eh. Also bei dir gehe ich immer schwer davon aus, du sprichst selber. Es kann dir nicht übers Herz bringen, wenn du mir jetzt erzählst, ja, ich spiele ihn bei Diablo 4 oder irgendein Mist. Wie war die Warteschlange? Überhaupt nicht schlimm. Also 0 schlimm. Disaster schreibt auf jeden Fall, ich habe über 10.000 Stunden in PoE 1. Okay, das ist okay. Ja, brauchen wir nicht weiter diskutieren. ich kenne euch verrücktes Volk. Ich habe auch 2 Spätzchen, die haben, ja, ob es 10.000 haben, glaube ich nicht. Aber die Krebsen in deiner Welt so bei 5.000, 6.000 Stunden umeinander. Oh, das ist schon geistesgestört. 10.000 habe ich gehört, dass das geben soll, ja. Also ich schaue nebenbei nach Sockenwolle. Ja, warum auch nicht, oder? Wie wär's bei einer Retro-Reise einfach mal Sacred auspacken? Dafür müssen die Sacred gut gefunden haben. Also es war schon nicht schlecht, aber eine Retro-Reise ist es nicht wert. Dafür haben wir noch andere Titel. Sacred war so gern Diablo gewesen, aber das war nicht zu Diablo 2 Zeiten und da kannst du Pfotzen aus die hauen. Da schmecken RPGs aus der heutigen Zeit immer noch nicht ohne. 10.000 Stunden. 10.000 Stunden ist wirklich hart. Aber das Schlimme ist, ich kann es nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen, weil wenn es in PoE ist unfassbar schwierig und unfassbar unzugänglich. Ja, da wenn du als Casual-Bert, nein, da meine jetzt der Bert, ich meine der Bert ist, damit meine ich nicht die jetzt, ich sag mal Casual-Sepp daherkommst und stellst dich in PoE 1 ein, hast du überhaupt keine Chance. Hast du überhaupt keine Chance nicht, vergiss es. Du kommst über keine 3 oder 4 Akte raus, das garantiert auch. Und da ist nichts mit, ich skill wann ich will und keine Ahnung, was für ein Scheiß. Das verkackt, das hast du verkackt. Und das mag ich auch, so ist es nicht, aber manchmal mag ich es auch nicht. Und PoE 2 macht das da schon sehr human. Ja, also das ist schon sehr viel zugänglicher als der erste Teil. Ich habe Sacred geliebt, ich habe da tatsächlich besser durchgeblickt als in Diablo. Ja, um Gottes Willen, also Diablo ist ja auch nicht wirklich schwer zum Durchblicken. Damals war ich halt noch so jung, dass man, so, hey, das ist eine Rüstung, die ziehe ich an. Ich habe gar nicht gewusst, warum eigentlich. War auch völlig wurscht. So, aber was wir jetzt tun, jetzt machen wir einfach schnell mal 5 Minuten Pause. Holt euch was zum Trinken. Ich rauche eine und mein scheiß Dr. Pepper ist einfach noch voll. Sagen kann, aber so viel ist jetzt pisswarm hier. Herzlichen Glückwunsch. Wegen der Ästhetik. Du meinst den Artstyle. Kann ich auch verstehen. Geschmäcker sind verschieden. Sacred war ja nicht schlecht, aber ich war halt damals beziehungsweise zu der Zeit, wo Sacred gekommen ist, war da nicht auch WoW. Da hat es einmal sehr viele Jahre gar nichts gegeben außer WoW. Es ist über die Jahre immer unzugänglicher geworden für Neueinsteiger. Ist auch klar, wenn da alle 3 Monate eine kleine, Leute, ihr könnt halt nicht mit was weiß ich, wie viel Kohle rumwerfen, hat sie nicht ganz dicht. Was ist denn mit euch? Lausburg, merci fürs Artburg, teil mit dem Chris. Hashtag Steuerberaterin. Genau aus dem Grund werde ich nicht mit dem Chris teilen. Genau aus dem Grund. Merci dir. Was soll ich jetzt da sagen dazu? Kruzifix. Chris, du brauchst einen Spendenlink irgendwo. Aber ja, um zurückzukommen und Schluss jetzt mit den fetten Donations. Ich bin halt überhaupt nicht fit und überhaupt nicht auf der Höhe. Ich bin der Casual Bert.
Da ja nicht so. Du hast da einige 100 Stunden in Diablo und wenn man einige 100 Stunden in so einem Spiel verbringt und hat es dann immer noch nicht kapiert, das glaube ich nicht. Vor allem Diablo 4. Ganz ehrlich, wenn du 2 + 2 rechnen kannst, dann kannst du Diablo auch spielen. Da musst kein Raketenwissenschaftler sein. Wow, geil, voll der geile Skilltree. Was passiert wohl, wenn ich da die Notes hinter der Fähigkeit ausbaue? Schauen wir mal, was die Fähigkeit dann kann. Vielleicht teilt sie sich dann durch 3. Und es kämen 3 Feuerbälle oder irgend sowas. Erhalte 20% erhöhten Crit-Schaden. Erhalte 10% mehr Schaden. Wow, geiler Skilltree. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Diablo. Das haben wir gut gemacht. Da haben wir uns richtig was ausdenkt. Ihr Trottel. Gott im Himmel ist Diablo schlecht. Ich bin so grantig drauf, ohne Schmarrn. Ich bin so grantig. Mit einem scheiß Paladin, den können sie sich ja sonst wo hinschieben. So, Pause wollten wir machen. Was sage ich euch jetzt da dabei? Ja, perfekt. Lausbruder, ich möchte hoffen für dich, dass du mindestens schon einen Pulli gekauft hast. Bevor du mir jetzt da 50 € reinscheißt. Ich möchte hoffen für dich. Das ist natürlich nichts. Wir tun jetzt das wieder. Wir haben da ja einen Bildschirm auf. Kruzifix nochmal. Wie haben wir das jetzt? Das machen wir jetzt so. Da muss ich aufpassen, darf ich auch nicht vergessen. Nicht? Das, was weiß ich, das war ja wieder irgendwelche Adressen irgendwo oder sonst was. Das ist gefährlich heute. Oh, das ist gefährlich heute. Also wir da tun wir jetzt so. Da tun wir so und dann tun wir How to zeichnen rein. Schaut sie euch gefälligst in Ruhe an jetzt. Du lachst, aber ich... Ja, Ruhe jetzt. Du lachst aber was? So, How to zeichnen Birger. Es ist ja schön, dass das How-to-Zeichnen von vor 2 Jahren an erster Stelle gezeigt wird, anstatt das aktuelle. Danke, YouTube. Wirklich, großen Dank dafür. So, machen wir jetzt groß. Hornhub im anderen Tab zuerst zumachen. Ja, ich hab da auf meinem linken Monitor habe ich einen NX-Admin auf. Aktuell sind 6 Leute online. Ich sage natürlich nicht wer. So. Das ist die Frage, ob ich da bin oder nicht. Ja, bin ich. So, Freunde, das sind ich mache mal kurz 5 Minuten Pause, 30 Zigaretten, raucht eine in einen Deppenschäl, 5 Minuten bin ich wieder da und dann spielen wir noch ein bisschen weiter. Also ich glaube nicht, dass er mir heute noch, ich sag's, was ist, mir geht's wirklich nicht gut. ich mache vielleicht so den Eindruck, es geht schon, ja, aber überhaupt nicht. Ich sag, dass mir ist schlecht wie Scheiße. Mir ist schlecht wie Scheiße und der Dr. Pepper macht's ausnahmsweise nicht besser, weil er pisswarm ist. Wir sehen wir uns in 5 Minuten wieder, kommen gleich wieder. Bis dahin schaut ihr euch den Bums da an und alles andere sehen wir dann. Bis gleich. Habe ich die dabei. Und nochmal Lausbub, merci, es ist sauber zu viel. Pipi-Pause. Kommt gleich wieder. Bis gleich. Habe die Ehre, Lebens, der Birger. Ja, es ist Zeit fürs alljährliche Ritual. Jahresmerch. Und darum ist Zeit, How to Zeichnen 2015. Bla bla, wie schnell kann ein Jahr vergehen? Bla bla, ich hab doch erst vor 2 Monaten gezeichnet, oder nicht? Bla bla bla. Ja, was es eben ist. Wie ihr alle wisst, normalerweise zeichnet der Chris, der Zeichner vom Trachtman, Motive für mich. Der kann das. Ich kann das nicht. Aber egal, um das geht's auch nicht. Weil einmal im Jahr gaggelt ich selber umeinander, wie ein 4-Jähriger das erste Mal Wachsmalstifte geschenkt kriegt. Ja, und vielleicht auch frisst. Ja, was soll ich machen, wenn Gelb so gut schmeckt? Alles, was das ganze Jahr passiert ist, soll wieder ein großes Wuselbild werden. Und den Prozess, den zeige ich euch heute. Ich meine, ich kann auch viel erzählen, dass ich das selber zeichne, darum filme ich einen Monitor dabei ab. Und anfangen tue ich in Phase 1. Grundkonzept und Skizzen. Letztes Jahr hat mir der Chris schon vorgewarnt und gesagt, Alter, wirst nächstes Jahr den 8er machst, das war's kein Sau, viel Spaß. Darum habe ich mir das ganze Jahr schon was ausdenkt. Aber halt, stopp! Das Gekrakel da ist dieses Jahr alles, was ich euch in Phase 1 zeige. Ich mache nämlich jetzt in dem Fehler, habe ich gemerkt, dass ich euch das dreifache Motiv schon am Anfang vom Video zeige. Und darum überspringen wir das Grundkonzept ein bisschen und gehen sofort zu den einzelnen Skizzen. Aber! Wie viel war das jetzt? Aber vorher bitte ich um eine Eskalation in die Kommentare für die liebe Steffi, die wirklich immer noch unerschütterlich und ohne Ausnahme in jedem Stream dabei ist, jedes noch so kleine Vorkommnis mitschreibt und mir am Ende einen Roman schickt, inklusive Screenshots und wann was wo passiert ist. Darum möchte ich unbedingt, dass du weißt, dass ohne dich dieses Motiv überhaupt nicht mehr möglich war, weil ich die Hälfte einfach vergessen hat. Steffi, vielen, vielen Dank. Und weil diese Phase im Video auch immer ein kleines Mini-Best-of vom ganzen Jahr ist, heute jetzt mal Dummgoschen Fun. What? Oh, lecker Gott, mit mir. Aber jetzt wird... Warte, ich hupf selber. Ich muss jetzt selber hupfen heute. Ja, du musst die von mir ausspritzen lassen. Willst du Ketchup? Nein, Ketchup will ich. Ich würde mich selbst essen, wenn ich könnte.
So, warte, schau mal, was passiert. Schau mal, was passiert. So. Bruder, ich glaube, wir haben gerade Frauenspielzeug erfunden. Warum? Los, bleib mir der Haupt oder den Mann. Dann zieh ich noch wieder schon down. Mein Spezialgebiet, solange unser Trupp zusammenarbeitet, das hat richtig gut funktioniert, werden wir den Gipfel im Nu erreichen und ein SOS-Signal absetzen. In der Zwischenzeit werde ich die Gelegenheit nutzen, um meine berühmten Tragheber und ein paar zusätzliche Zeit erweitern. Feldmeister Mürrer. Was soll jetzt das? Ich bin auf meine vollgeschwitzten Kniescheiben ausgerutscht, oder halt auf dein dummes Maul. So, und jetzt im 90-Grad-Winkel. Im 90-Grad-Winkel muss hier irgendwo... Da ist! Hab schon lange nicht mehr probiert. Vorstand geht's, aber das Telefon! Klingel. Finally! Da, Vorstand, du musst sagen, dein Mann stinkt. Erwin Müller. Warum kann doch nicht einmal was normal... Wenn du dreimal im Jahr gehst an das Telefon hin, dreimal im Jahr, kann doch nicht einmal was Normales rauskommen? Wirklich nicht. Was soll ich sagen? Schau so! Wusste ich's doch. Mamma mia! Und ich hockt da und haut einfach Kegel zusammen! Zum Entsperren wischen. Halt doch dein Maul! Halt doch, du musst der Ketchup machen! Halt doch dein Maul! Komm schon! Halt doch die Schnauze! Das ist doch ein Witz! Alles voll. Alter, wie gut ist das? 80% von diesen scheiß Horrorspielen. Nein. Alles klar, du kannst mich so am Arsch lecken. Fickt's euch, fickt das Spiel, fickt den scheiß Hurensohn-Monat, leck mich am Arsch. Die scheiß Fucking. Halt doch den Maul. Ich glaube, ich krieg eine Panik. Ich hab eine lustige schwarze In 0,nix hast du dich an deine Schweine-Superkräfte gewöhnt. Ach, geh Wie? halt. Ich flieg im Furzflug? Magische Regenbogenfürze sind die besten Fürze. Schau, was ich kann. Ich kann einen Regenbogen schwasseln. Ja. Hoppala, falsche Hörer. Ja. Ah, halt die fest, ich bin in 2 Minuten da. 2 Minuten. Ja, Hermann, ist gut, ich komm gleich. Das Ding grüßt dir, helf mir. Oh, ich hab was. Ja, ich hab's! No. Haben wir das verhalten? Ja, ich brauch eine Sauerstoffflasche irgendwas. Was für... Oh. Sehr stark. Stark! Passiert ohne Hosen. So, Pause. Komm schon. Bin schon wieder da. Was möchtest du mit mir? Lass mich jetzt in Ruhe. So, gehen wir jetzt das da her. Machen wir das zu. Bin wieder da, ist nicht mehr da. Gut, dass wir rauchen gegangen sind. Der hat richtig gut geschmeckt. Ja, richtig gut geschmeckt hat die. So, Winger geht schon. Ich muss ehrlich gestehen, ich spiele gerade nebenbei Diablo 4, weil ich nach dem Tag heute nicht mehr in der Lage bin, PoE 2 zu empfangen. Ich habe im PoE 2
Erst 183 Stunden, das ist auch eine volle Season einfach. Ich brauche etwas zum Hirn ausschalten, dafür ist die 4 optimal. Keiner muss sich rechtfertigen, dass er Diablo 4 spielt. Ne? Das ist doch bloß, du kennst doch meine Gehässigkeit. Kennst du das doch? Ich bin ja bloß so gehässig, weil ich selber so maßlos enttäuscht bin davon. Für die ist es perfekt, ja. Wenn es das PoE 2 da ein bisschen mehr Hirnschmalz abverlangt, das ist ja klar. Ja klar, so, ist nicht mehr da, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen traurig, dass währenddessen Werbung im Prinzip eigentlich läuft, mehrere Leute im Stream haben wir vor der Pause. Da bin ich ein bisschen traurig. So, wo waren wir? Fähigkeiten anschauen, schau hier. Jetzt schauen wir mal, was wir da alles haben. Das war das Schockwellen-Totem. Das ist eher so, glaube ich, in Richtung Druiden-Caster. Ich mag aber eher Viecherformen spielen, deswegen interessiert mich das hier. Sprung. Verwandelt euch in einen Werwolf und springt zu einem Zielort, was Gegnern in einem Bereich um euren Zielort Schaden zufügt. Was ist das? Hieb, Auslöser, Mal, Dauer, Fortbewegung, Meta. So, Area of Effect ist ein Nahkampf, Gestaltwandeln, Kreatur. Auf dem Gegner mit der höchsten Seltenheit, der getroffen wird, wird das Mal des Raubtiers ausgelöst. Oder wenn eine Mal-Gem in dieser Fertigkeit eingefasst wird, wird stattdessen dieses aufgefasste Mal ausgelöst. Was ist ein Mal? Viele Effekte können das Auslösen einer Fertigkeit verursachen. Eine ausgelöste Fertigkeit tritt sofort auf, ohne Angriff. Sowas glaube ich haben wir noch nicht. Das Verwenden dieser Fertigkeit erlaubt es euren Werwolf-Kreaturen, Plural, die gerade aktiv sind, direkt zu springen. Was ist das da? Flügelstoß. Verwandelt euch in einen Lindwurm und macht durch einen mächtigen Flügelschlag einen Satz zurück, der Gegner zurückstößt. Gegner, die für eine schwere Betäubung vorbereitet wurden, werden betäubt lösen, eine Schockwelle aus und haben eine Chance, euch eine Energieladung zu gewähren. Diese Fertigkeit kann verwendet werden, während man andere Fertigkeiten benutzt, um diese zu unterbrechen. Ich möchte ein Wyvern sein, es hilft nicht. Give me the Wyvern! Wyvern! Ever! Den machen wir auf den Norden sein. Das ist ein guter. Das ist ein guter. Den ziehen wir da ein. Mein Wurm ist auch auf die Lind. Sprengebrust. Was auch immer du gerade in den Helden hältst, lass das schmecken. Oh. Oh, so ein Archi-Orb, der mal weg. Das ist Gildentruhe. Den der mal weg. Was ist der scheiß Schirm, der mal weg. Du alles weg. Du alles weg. Du es weg. So, wo haben ich? Hab doch irgendwo ein Gem. Ich hab doch irgendwo. Ja, okay. Ein paar Sachen haben wir. Das passt. Haben wir Level Up gehabt. Haben wir bei ihm schon geschaut. Weiß ich nicht mehr, habe ich einmal gnadenlos vergessen. Aber ich glaube, wir haben schon geschaut, gell? Wie gut haben wir überhaupt? 374, gell? Ja, da können wir irgendwann anders wieder. Haben wir schon ein Ja, haben wir. Ja, gleich mal austesten. Gleich mal aus. Hat der irgendeinen Schlag? Na, da werde ich wahrscheinlich so ein Talisman. Na! Ja, lass uns mal sowieso wurscht, probieren wir es einfach raus. Come with me, bro! Show some respect, bro! So, fallen da auch diese Bunkerl raus, oder muss ich noch mit dem Wolf draufhauen? Ach, die werden da irgendwie markiert und dann? Oh, okay. Alles klar. Das macht Spaß. Großer Spaß! Aber er haut ein wenig langsam zu, muss ich sagen. Oh, das ist witzig. Immer wenn es Gegner zerreißt, ist einfach immer witzig. Ist immer gut. Ist immer gut für uns. Aber es macht natürlich, zu dem Style passt er natürlich gar nicht. Und wir müssen natürlich zuerst Gegner markieren, gell? Da was zerreißt. So, ja, aber gut, sie fix, wenn du jetzt da vorne Schlag stirbt, ist auch langweilig. Jetzt kommen noch mal ein paar Viecher her. Muss ich überhaupt da? Heißt nach Grellwald.
Die Wurzeln sind vorerst unpassierbar, aktiviert 2 weitere uralte Leuchtfeuer. Ja, da haben wir. Das tun wir sonst. Hehe, das macht schon Spaß. Aber er fühlt sich nur ein bisschen clunky, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber witzig ist. Ist da noch einer? Da ist noch einer. Das Zurückspringen nervt mich. Ich mag mich nicht zurückspringen, ich bloß einmal den Scheiß so da rein. So. Machen wir noch einen. Los geht's. Wo sind wir? Da gehen wir. Da gehen wir. Ah, das Viech ist schon geil. Gefällt mir gut. Kommt's mal da alle zusammen. Komm. Wann kriegen die diesmal? Das hat jetzt immer so ausgeschaut, als wenn ich drauf hau, aber irgendwie nicht immer anscheinend. Ah, da ist Schiene drin, da mag ich rein. Nein, da mag ich nicht rein! Nein! Ah! Hoppala! Machen wir es wieder auf die gute alte Art machen wir es wieder. Nein, für das ist immer noch, da macht der Wolf, der fühlt sich da schon ein bisschen flüssiger, meine Damen und Herren. Muss ich sagen. Das werden wir wieder ändern. Das ist heftig. Nein, das war keine gute Entscheidung. Aber ich wollte es ja da mal sehen, verstehst? Dann haben wir noch eine abfotzen, dann haben wir noch eine abfotzen, dann machen wir so, dann machen wir so und dann soll ich hin. Tu das wieder umschalten. Gib mir einen Wolf. Komm, da geh her. Nein, da ist der Wolf Schiene. Da brauchen wir gar nicht mehr abdiskutieren. Da diskutiere ich gar nicht! Hätten wir mal einen Sprung gebaut. Schön, die fertige, kann man den auf Stufe 2 machen. Feini. Wieder Feini, bitte. Ja, Feini. Und dann was ist da wieder los? Mr. Herb! Moment! 4 zusammenzüpfen. Dann noch schnell, dann passt das. Was ist da los? Merci dir erst einmal. Volume 1, 2018 bis 25, 10 von 10, du fesche Sau. Gönnt's euch, Burschen, Dirndl. Herr Herb, da muss ich beim Kiss bedanken, nicht bei mir. Dankeschön. Ja. Tobias, die habe ich auch übersehen. Der Chef, der Tobi. Ich hoffe, du bist da. Du hast mich nicht. Staudi, was ist denn da wieder? Der Chef bin ich seit... Nein, Kruzifix, das habe ich auch wieder komplett übersehen. Pussy, Leute, ihr kennt's mich nicht mit Geld, das Scheiß, wenn ich nicht da bin. Fix, vor 11 Minuten, da war ich aber nicht da. Staudi, der Chef, bin jetzt seit 9 dabei, war mit meiner Mom noch Geburtstagsshopping für sie. Da sagst du dir mal, sauber ist Gute. Dabei ist in meinem Budget ein bisschen was übrig geblieben, also da nimm's und wie immer, Hashtag BusyDono. Merci dir. Like Kruzifix, weil es unter der Woche schon nicht fragwürdig genug ist. Vielen Dank. Schluss damit. Ah, das mag er, wenn es alles zerreißt. Das mag er, wenn es alles zerreißt! Jetzt hier mit einem Schund. Los, hier. Ah ja, einen Mobbatzen. Kann man das so machen? Another one over there. Ah ja, das macht schon Schaden, wenn die Mistviecher... Was habe ich jetzt so für ein blaues Bunkerl um ihren Dumm? Das ist irgendeine... was ist das? Energieladung. Ihr habt Energieladung, diese können bestimmt fertig gehen. Bringt das auch am Wolf irgendwas? Ja, jetzt muss ich mal schnell schauen, wie viel Schaden das ist macht. Ah ja, sterben schon. Passt schon. Was haben wir da? Müssen wir noch was aufklauen? Was ist da los? Du wieder mal anzipfen musst. So, was kann das jetzt da? Aktiviert ein weiteres Leuchtfeuer. Ein Leuchtfeuer brauchen wir noch, dann kriegen wir anscheinend. Passiert dann irgendwas. So, immer dann passiert, so, Kontrollpunkt ist immer gut. Oh ja, du kommst mir gerade echt, du Affentyp. Du kommst mir gerade! Ich muss hier weg! Wie lange halten die Dinger da am Boden? Das ist verraten. Ja, das bringt es. Ah, okay, wir Armbrust nehmen wir mal mit. Ich bin jetzt so der Dicke wieder.
Sterben, los, sterben. Futzen. Wunderschön. So. Kommt jetzt doch nicht irgendein Obermacker, wenn ich mich richtig erinnere? Peace to be had here, not even in death. Das war halt geil, wenn es da auch diese kleinen weißen Bunkel ausdreschen da, wenn man die alle mit dem Drachen. Oh, aus Versehen was Falsches aufgeklappt. Was wollten die jetzt schon wieder so wert? Nehmen wir einmal mit. Vorne schon. So, reißt nach der Grellwald, die Wurzeln sind vorerst unpassiert, aktiviert ein weiteres uraltes Leuchtfeuer. Die kriegen auch so weiße Poinkerl, wenn ich es einfach nur futz. Alles wieder richtig gesehen. Can't carry anymore. Schauen wir mal, was wir da so gekriegt haben. Das, glaube ich, können wir gepflegt wegschmeißen. Das können wir auch wegschmeißen. Das können wir auch wegschmeißen. Das können wir auch wegschmeißen. Ich glaube, mir den ganzen Tag eigentlich für eine Scheiße zusammen. Was ist denn da eigentlich los? Oh, so. Holzingenieur, Treffergenauigkeit, Elementarschaden mit Angriffsfertigkeiten, 1,47% kritische Trefferchance, 5 Leben pro getöteten Gegner. Ich glaube, dass das Ding ist stärker bei der Schmarrn da. 30% Elementarschaden, 41% erhöhter Elementar. Wieso kann ich das nicht nehmen? Stufe 8. Stufe 8, weg mit dem Schund. Technisch gesehen ist es noch unter der Woche. Steil ist es absolut richtig. Das ist richtig. So, aber muss ich überhaupt hier? Reist nach Grellwald, die Wurzeln sind vorerst unpassibel. Müssen wir eigentlich schon wieder zurück, oder nicht? Dann gehen wir da her. Dann gehen wir da her. Und ist da der Wegpunkt. Und dann gehen wir mir. Der Grellwald, was haben wir, das düstere Dickicht, die Wurzeln sind unpassibel. Gehen wir da her. Heilige Scheiße. Schwere Geburt da ist da. So, jetzt halt. Ja, I have them. Ja, jetzt muss ich, stimmt, die Rune müssen wir zusammendreschen. Ja. So. Los. Eine in das Mistviech! Ich weiß nicht mehr, was er kennen hat. Ich glaube, es steht dann auch ein Lightfall umeinander und dann kommen wir mit ihm schmatzen. Er ist später dann auch, glaube ich, der Besi. Sprecht mit Renly. Oh nein, zuerst sprechen wir mit Una. So, sprecht mit Una. Gehen wir mal nach Lightfall zurück. Night up, naust up. Da haben wir irgendwas zu verkaufen. Ein anderes palpen wir uns einmal. Rein wegen des Stats. Gegenstände kaufen oder verkaufen. Was haben wir da so? Erhöhte Rüstung, Hit, Kälte, Zauberschaden, Int, Manarek. Manarek kann man auch brauchen, aber da habe ich eigentlich kein Problem mehr damit. Rollen kann man uns einmal. 2, 3 kaufen, das hat noch nie nicht geschaut. Ja, mit zum Renly. So, kaufen, verkaufen. Was hast du Schönes? Wie ist denn unsere Rüstung benannt? Die ist eigentlich gar nicht mehr so geil, gell? Max Life Int. Max Life Betäubungsschwelle. Erhöhte Rüstung, Reg. Max Life. Haben wir jetzt auch nicht so vom Hocker. Was haben wir da schon? Attack Speed. Stulpen haben wir gut gefunden, ja. Oh, Max Mana, Seltenheit. Betäubungsschwelle. Ne, da nehme ich lieber Movement Speed. Movement Speed unbezahlbar und wir haben eigentlich ganz gut dabei. Plus 2. Jetzt warte mal, irgendwo haben wir doch gefunden. Plus 1 zur Stufe aller Nahkampffähigkeiten. Habe ich nicht irgendwo was gefunden, wo plus 2 gegeben hat auf Nahkampf? Das war das da, gell? Aber wir haben jetzt warte mal, jetzt müssen wir jetzt mal schnell anschauen. Jetzt pass auf. Selber auszufinden. So, blau. Hier ist Zerfetzen plus. Ah ja, okay. So, also in der Gestalt, es bringt uns nichts, wenn da plus 1 drauf ist. Es bringt uns nichts, wenn hier plus 1 drauf ist. Sobald wir mir in nämlich die Viecherform gängen,
dann anschlecken. Aber was wir machen können, ist folgendes. Man tut die Gildentruide weg. Gilde braucht kein Mensch. Was wir machen können, wir könnten jetzt der Alchemie. Verbessert einen normalen oder magischen Gegenstand zu einem seltenen Gegenstand mit 4 Modifikatoren. Die Frage ist, soll ich auf das Ding... Nein, überhaupt nicht. Was laber ich für ein Scheiß? Das rendiert überhaupt nicht. Da müssen wir besser die Waffen finden. Und die glaube ich, die stickt. Die stickt. Düstere Dickicht, Reisdorf, Okram aktiviert ein weiteres uraltes Leuchtfeuer. Naja, finden wir schon. Oh, da müssen wir um. Jawohl. Und da müssen wir ins düstere Dickicht. Das hört sich doch gut an. Machen wir das. Machen wir das. Una beschwören. Una, tu mal den Dreh jetzt da weg. Ja, Him fährt jetzt da. Ole Maria! Freilich kannst du mitfahren. So, schauen wir mal, was ist da treibt. Hey, Putzen, ey. So schaut's aus. Alles klar, Ruhe. Die mögen ganz schön zu haben, gell? Der Wall, der Fette da, der mag's ganz schön wissen. Den nehmen wir mal mit. Nehmen wir auch mit. Oh, da ist glaube ich der Druiden-Boss. Wenn mich nicht alles täuscht. Na, jetzt merkt man wieder so ein bisschen der Schaden nachlässt. Keule kann man mal, Felsbrocken kann man auch mal. Geht schon immer so cremig. Jetzt tut mir auf der Scheiße da hinten nochmal an zum Schmeißen, du Penner! Hier, los geht's. Normale Schläge geben einer so komische Male, aber ob das da für meinen Mondangriff noch was bringt, ich weiß es nicht. Ich warte nur drauf, dass der Schaden nachlässt. Ja, ich ehrlich gesagt auch. Was wir schon lange nicht mehr da haben, wir Vulkane nicht zaubert. Was da oben los? Feiersepp! Hast du mal sauber aus dem Kopf geschlagen, du Affentyp! Ich hab auch fast. Level up, Arsch gerettet, wunderschön. Scheiße, Explodiersachen. Deswegen, es gibt bloß in mehreren Hauswegen Explodiersachen. Aber die wollen es ganz schön wissen, gell? Die wollen es ganz schön wissen. Mir sollte man vorher, Wirkungsbereich, Immobilisierungsaufbau. Das hört sich doch gut an. Große Not, immer gut. Rein damit. Mehr Flächenschaden, mehr Fläche, nicht mehr Schaden. Und Viecher werden schneller vereist. Das mengen wir. Das mengen wir mir, weil bei jedem Trottel, je mehr Eisklumpen runterfallen, desto mehr kriegt's aufs Maul. Ja, genau, da kann der Blaue da hinten, der kann gleich hergehen und bis die da wieder gehen und bis das alles reißt. Oh, ich drücke über die falsche Taste auf meiner Maus. Ja, wenn wir wieder ausgehen. Oh, der Dicke ist wütend. Oh, der Dicke ist gescheit wütend. Nein, mein Freund, da gehen wir her, machen wir so. Oh, der kriegt überhaupt keinen Damage, der Huhn. Oh. Dann kann man das. Ja, wo schmuckt der was aus? Bist du Psuffer oder was? Ah, das betäubt auch richtig fett. Das heißt, wenn ich einer mit den normaler Schläg da so einmal ins Gesicht reindrück und dann ihm da macht. Ich habe jetzt nicht gesehen, was er da tut. Aber auch ordentlich was geben, gell? Das nehmen wir natürlich das mit, das ist ja klar. So, mehr Viecher verdreschen! Und vielleicht nicht im Scheißdreck stehen bleiben. Felsbrocken. Den nehmen wir. Dann fährt es mir nicht Challenge. Das hört sich doch vernünftiger. Was ist da hinten los?
That'd be the last beacon. Macht denn da so viel Schaden, Kruzifix? Macht mir wirklich ganz schön viel Schaden. Du Drecksack. Geh weg! Sieht gut aus. Ja, mit dem Ding kann man es als Schäder reinschauen. So, Fertigkeiten 3. Das ist gut. Jetzt können wir einen Sprung ausprobieren. So, Walruinen. Da, das ist die neue Mechanik, oder? Die ist jetzt mit der aktuellen Season gekommen. Du, können wir uns gleich einmal einverleiben, du. Erzeug deine Fertigkeiten, Jam. Dann nehmen wir doch mal lieber einen Sprung. Nehmen wir einen Sprung. Wobei das Flügelding gar nicht so schlecht war. Was von Bären bin ich noch nicht so überzeugt. Und der mal da hin. Schauen wir mal, was kann der Sprung? I'm not ready yet. Hat das einen Cooldown? Ja. Na gut, schauen wir uns mal die Walrunen an. Ruinen, Entschuldigung. So. This place has gone to ruin. Was ist das hier? Da haben wir die Truhe und Gildentruhe. This altar. Jetzt können wir mal noch schnell was probieren. Bewegungsgeschwindigkeit, mehr Energieschild, mehr Mana, mehr Feuerwiderstand, neue Boots. Die nehmen wir, die können wir wegschmeißen, die braucht kein Mensch mehr. Ich glaube auch nicht, dass wir das Ding da brauchen. Kann die das nehmen überhaupt? Ich weiß es nicht. Ist das... besser bei nix. Was weiß ich. Schmutz. Stufe 8 sind wir noch nicht. So. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kenne die Tempelmechanik natürlich aus dem Einser, aber ich hab's damals schon nicht verstanden. Boots mit alles mehr sind gut, das ist richtig. Aber Hauptsache ist das Movement Speed drauf. Wir hätten das eigentlich rollen können. Also, ich bloß 10% Maximum, weiß ich nicht. So. Um Gottes Willen, was ist denn das? Weg. 20% erhöhte Anzahl von Monstergruppen. Was ist das da? 10% Anzahl von Monstergruppen. Wo bin ich? Ich bin wahrscheinlich da. Was ist das da? Enthält viele Truhen. Kann ich das einfach irgendwo hinzimmern oder was? Was ist das da? Kammer des Architekten. Und das ist Aziris-Kammer. Ist das ein Roguelike-Labyrinth? Ja. Ist das da Dynamo? Konstruktmonster haben 8% erhöhte Chance. Ja, was weiß ich nie, wie das. Kann man so viele Wege bauen, wie man will? Wieso kann ich jetzt da keinen Weg bauen? Da kann der einen Weg bauen. Wieso kann ich den bloß da bauen und da nicht? Ich tue einfach mal, gell? Ich kenne die Mechanik nicht, ich mag es ja gar nicht erklärt kriegen. Schön brav selber auszufinden. Jetzt bin ich das da, Konstruktmonster haben. Okay, das scheint da dann irgendwie sich durchzuziehen. Versiegelte Schatzkammer, die wir gleich mal da am Anfang her, weil warum nicht? Lagerhalle, Humanoid-Monster haben 8% erhöhte Schlag. Es werden halt Viecher immer krasser, je mehr, dass ich da eine baue, oder? Ich weiß ja nicht, ob ich es schaffe, wenn ich da jetzt alles reinpflanze und die wird alles krasser und krasser und krasser. Ich tue einfach mal, ist das scheißegal. So, machen wir so. Holen wir jetzt einen Weg zusammen. Habe ich es jetzt kaputt gebaut? Kann man das wieder wegmachen? Tempeldurchlauf antreten. Du benötigst 6 Token, um einen Tempel zu laufen. Humanoid-Monster, da kommen neue Modifikatoren dazu, ja. Habe ich da jetzt einen Scheiß gemacht, kann das sein? Oder geht's beim ersten Mal so früher einfach noch nicht bei? Ist ja wurscht. Gehen wir einfach mal durch. Schauen wir, was passiert, schauen wir, wie es ist. Wir werden sehen. Wahrscheinlich kriegen wir sofort auf die Fresse. Das sind typische Season Mechanics, die PoE bringt. Zerbröckelnde Tafel. Seht, unlesbar, staunt, bla bla bla. Ja, das interessiert mich ein Käse. Kontrollpunkt, ja. Oh, das so schlecht ausgeschaut. Oh, schaut gar nicht so schlecht aus. Da wird mir überall das Zeug angezeigt, wo man hingehen kann. Nehmen wir mit. Sandalen kennen wir mal. Da haben wir eine Schatzkammer. Okay, und da kann ich Viecher dann drin, oder was? Die haben wir mir definitiv da hingepflanzt. Ist jetzt da irgendein Viech drin wahrscheinlich, hä? Geh noch her. Heiler, sauer, pfotzenblödig, ne?
Nehmen. Okay. Ja, check's schon. Wird schon. Das ist ganz typisch für... ich möchte wetten, dass diese Tempelgeschichte schon komplexer ist als alles, was es in Diablo gibt. Wo ist da? Fress ein, kriegst du schön. Ruhe. Ah, hier, diesen hier. Ist schon wieder Ruhe. Und die bloße davon. So, easy. Was steht da am Wachhaus Exalted Workbench? Was ist denn das da? Was ist das? Raum abgeschlossen. Also die werden natürlich immer krasser. Diese Mechanik zieht sich ja hundertprozentig durch. Ah ja, da sieht man es. Du baust im Prinzip deinen eigenen Dungeon zusammen. Was es so zum Rausfinden gibt, ist natürlich, wo wir da am Anfang da Sachen zusammen pflanzen gehabt haben, wie man die Dinger sammelt und wie das mehrer werden und so weiter. Und im Late Game hast du halt wahrscheinlich da einen kompletten Tempel. Das ist eine riesen Map mit lauter so Räume, wo du dann halt irgendwann die geilen Drops kriegst. So, was ist eine erhabene Werkbank? Erhabene Werkbank. Ergänzt einen seltenen Ausrüstungsgegenstand durch einen neuen Modifikator. Der geht nicht eine, selten ist es gelb. Was war das? Der hat mir zumindest in die Schuhe ein. Und dann ist das, als hätte er Exalted gefunden. Versteh es richtig. Jetzt hätten wir halt aufpassen müssen, was vorher drauf war, aber jetzt ist ein Modifikator mehr drauf, ja. Geht wahrscheinlich bloß einmal. Aber das ist schon geil. Das ist cool. Schau her, Mr. Blizzard, so macht man Crafting übrigens. So integriert man Crafting. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Muss natürlich Glück haben, dass du was richtig Gutes drauf wirfst, ist klar, aber wir probieren ja gerade noch umeinander. Hauptsache, wir haben es verstanden. Jetzt wäre der Raum abgeschlossen. Was soll überhaupt nichts tun in dem Raum? Was haben wir da? Wahlrüstungsstände. Eichen-Großhammer. Was gibt's da herin dann? Sollte man sich diese Wahldinger mal anschauen, ne? Max Energieschild. Betäubungsschwelle, ne? Ist jetzt auch nichts Besonderes, gell? Was ist denn das für ein Raum? Was haben wir da gehabt? Lagerhalle. Humanoid-Monster haben 8% erhöhte Schlagkraft. Waffenkammer. Wahrscheinlich ist da die Besonderheit, dass da mit den Rüstungsständen, da wo immer was drin ist, da wir mir erst Level Pimmel sind, ist da natürlich nur Scheißdreck drin, das ist eh klar. Aber gut. Haben wir noch mehr eine Rüstungskammer. Ja, da hätten wir die roten Dinger einbauen müssen, dann warten schon mehrere Viecher da. Aber so ist das natürlich relativ easy. Nehmen wir Gold, nehmen wir natürlich mit. Der Chef hat gestern die Betäubungsschwelle überschritten, das stimmt. Betäubungsschwelle ausgepümmelt. Eine hoheitliche Sphäre und ein Exalted. Herzlichen Dank auch. Was tut denn das gleich wieder? Verbessert einen magischen Gegenstand zu einem seltenen Gegenstand und fügt einen Modifikator hinzu. Das heißt, es macht aus blau-gelb. Da haben wir eine Rune. Haben wir mir vorhin schon einen Runenslot irgendwo gehabt? Nö. Aber ist ja vollkommen Banane. Das ist eine ziemlich coole Mechanik. Der Spiel so massiv erweitert. Einfach. Oh, Noblets-Fuhe haben wir noch. Oh, alles muss aufmachen. Alles muss aufmachen. Alles wird ja bei dir echt 3 Pimmel offen da jetzt. Vielleicht euch. Ein schöner Ring. Ja, einen zweiten Abra. Bis du zu hast, geht weit runter und ich hau den Putzen durch. Ja, immer das erst machen, wenn er so ein Mal drauf hat. Die Frage ist nur noch, wir kriegen noch mehr haben eine Werkbank. Was müssen wir jetzt tun? Plus 2 da drauf, das ist mir jetzt scheißegal. Der machen wir noch. Verbessert einen magischen Gegenstand zum seltenen Gegenstand. Das der wir jetzt hat. Dann werfen wir jetzt da drauf. Fügt ab 2 bis 5 physischen Schaden hinzu. Das hätte man nicht da sollen, das war dumm. Warum das dumm war, das erkläre ich euch, wenn ihr etwas älter seid. Der andere mit 10.000 Stunden gerade zuschaut, wird sich wahrscheinlich denken, du bist so behindert, das ist fast nicht der Bock. Und recht hat er.
das hätten wir jetzt nicht da sollen. Scheiß der Hund drauf. Da wir sonst aber auch nicht wissen, was wir... Jetzt pass auf, geht das? Nein, da haben alle voll. Aber den können wir noch reinstecken. Jetzt pass auf, Stufe Nahkampffähigkeiten 20, 20, 20, 1, 10. 20, 20, 20, 1, dann haben wir 6 Geschick drauf gewürfelt. Besser wie nix. Ich glaube zwar nicht, dass wir vom Geschick irgendwie profitieren, aber Geschick ist Geschick. So, Tempel abgeschlossen. Die Frage ist, was jetzt? Quest abgeschlossen. Ja, wie kommt man jetzt da raus? Wie... Ah, da ist ein Kontrollpunkt. Wie kommt man jetzt da raus? Muss ich da jetzt wieder rauslaufen, oder was? Jetzt muss ich aber gegen den Wind laufen. Die Dungeon Mobs sollten schon mehr raus, oder? Ja, ist mir jetzt auch so vorgekommen. Ich hätte schon gesagt. Ja, und das war's. Und so führt man 150 Mana. Mal schnell was probieren. 162. 150. Nein, auch die Stats von dem anderen Waffenset bringen absolut gar nichts, sobald du deine Gestalt änderst. Also ist das wurscht eigentlich, was wir da haben. Das ist einfach wurscht, was wir da haben. So, reist zum Dorf Ogam, setzt euren Weg durch das düstere Dickicht fort. Ja gut, dann gehen wir. Nachher, da gehen wir! Da drin müssen wir, glaube ich, so einen Druidensäck verschlagen. Das düstere Dickicht! Rein ins Friedhof der Ewigen. Aber da ist doch auch jemand herin, oder nicht? Warte mal. Nein, was? Da ist, ja. Eifrig verfaulter Druide. Den haben wir natürlich schon um. Der ist hier irgendwo drin. Ja, freilich bleibe ich am. Mächtiger Werwolf, 0 Storbrucker am Boden 1. Du kannst dir Leben, Energieschild und Mana auch dauerhaft anzeigen lassen, ist in den Einstellungen. Dass man da... Also gut, denn das nicht. Ich weiß, was du meinst. Der schaut da überhaupt nicht, dieser Lebensbalken, muss ich nicht die ganze Zeit nach links unten schauen. Aber das war's jetzt oder? Habe ich es jetzt über dem Leben auch? Ja, passt. Möchtest du Änderungen und Optionen speichern? Ja. Danke für den Hinweis. Wenn man schon die ganze Zeit denkt, irgendwas ist komisch. Ich finde auch allgemein komisch, ich hab's deinstalliert gehabt. Und halt neu installiert. Ah, das mag ich, wenn es so anzreißt. Das ist alles fein. Dass es sich nicht merkt. Das ist ein bisschen... Ah, da ist Kann man Bosse auch mit einem Mal ummalen? Weiß ich nicht. Nicht in Schwammerleibierger, was tust du denn? Und nicht in seinem Scheiß drin steht. Kim, nein, das ist der Mann. Ich weiß nicht mehr, was das alles tut. Mir wurscht. Okay, ich weiß nicht, was das tut. Ich glaube, dass ich den schon 300 Mal erschlagen habe. Ich habe keine Ahnung mehr, was er tut. So, wie es ist. Da fliegen wir da um jetzt.
Ich finde, dass man die Malmarkierung nicht gescheit sieht. Bleib mal, was drin steht, ist mir wurscht. Ein Ringerl, ein Gürtel endlich. Same for me. Und eine Gewandung können wir auch mal anschauen. Schauen wir uns den Bums mal an. Da ist Feieres drauf, kann man auch überall. Max Mana, erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände. Da verlieren wir nix. Und der Gürtel. Erhöhte Lebenswiederherstellung von Fläschchen, das ist gut, hat einen Fiolenplatz, 8% erhöhte Lebenswiederherstellungsrate mit Fläschchen. Besser wie nix, besser wie nix. So wie der ist. Was ist da? Verbessert einen normalen Gegenstand. Und da kann man noch was dazu zaubern. Nochmal 8% Feieres. Ja, warum nicht? Was haben wir da? Ausweichwert, Max Energieschild ist aber nicht fähig. Kalt, erhöhter Energieschild zum Ausweichen. Eigentlich ist es besser, gell? Ja, ziemlich hier. Eigentlich ist es besser, da muss ich auf das Max Life verzichten. Jetzt können wir aber da runtergehen. Dann können wir uns da aufapporten und dann geht's auf den Friedhof. Und dann muss ich mal schnell gucken, ob er mir sucht nach dem Grab des Grafen hinter dem Tor. Ja, da müssen wir jetzt, glaube ich, links in einem Dungeon noch nicht erschlungen und dann rechts und dann... Ah, das mag ich, wenn auf einen Schlag 4 eingefunden. Das gefällt mir richtig gut. Da, blub. Sehr schön. Und rein ins Tier. Ah. This is great fun. Great fun. Bing, 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 bing. Teilen Sie die Fressbretter aus. Geben Sie den Leuten Fressbretter. Ja. Oh, Schmiedetresor. Jetzt ihr mich da nicht lange umeinander standen, Freunde der Sonne, gell? Hat's euch klein. Da haben wir noch keinen, sich mit den Sprung ausprobiert. I'm not ready yet. Warum noch nicht ready yet? Wir gehen ganz schön auf die Fresse. Wir gehen sogar ganz schön auf die Fresse. Alter, Scheiße, Freunde. Ja, müsstet wir irgendwas für unseren Schaden tun. So, wenn ich mich richtig erinnert, haben diese Friedhofseingänge ganz rechts und ganz links. Mit ausgefranste Schuhe. Wechselbalg, Talisman, na, weißen Scheißbaum. Jetzt müssen wir mitnehmen. Jetzt wieder. Und gehen wir mal da hindrehen. Irgendwo da muss der Eingang sein. Aber wer weiß, was da ist, gehen nicht haben. I need more time for that. So, habe ich das gerade richtig gesehen, dass ich da reinspringen kann? Dann kriegen die ein Mal und dann kann ich so machen und jetzt reißt es alle. Und zum Fick kommen die zwei Wölfe, die mir da helfen. So, scheint nicht mehr so zu sein, dass das da ganz rechts ist. Wo, jetzt Moment einmal, wo kommen denn die Wölfe jetzt her? Wo zum Fick kommen denn die Wölfe her? Hallo? Verwandelt euch in einen Werwolf und springt zu einem Zielort. Wo kommen denn die jetzt her? Wo? Also ich sag's jetzt auch, wie es ist, ich tue jetzt einmal die Gem von dem scheiß Bären da aus. Ich glaube, der Bär, weiß nicht, überzeugt mich noch nicht so ganz. Vulkan, brauchen wir einen Vulkan, den nehme ich eigentlich auch nie her. Aber der Flügelschlag und der Jump, die fühlen sich ganz geil an. Das können wir da auch mehr raus, das verwirrt bloß. Der Sprung macht da ziemlich viel DPS. Oder wahrscheinlich bloß viel Initialschaden. Und unser Zerfetzen kann man auch mal besser machen. Glaub ich. Wir haben nämlich gekriegt Unterstützungsgem, was haben wir da? Fertigkeiten-Gem und noch mehr Unterstützungsgem. Die hätten wir schon lange nicht bauen sollen, wir Vollidioten. So, was haben wir da? Schnelle Angriffe. Die bauen wir sofort nochmal, nämlich auch für unser Zerfetzen.
Und Rausch. Unterstützerfertigkeiten gewähren 3 Rausch bei Nahkampftreffern. Bluten. Unterstützerfertigkeiten haben 50% Bluten zu verursachen. Okay, das jetzt das war vorher noch nicht da. Bleeding haben wir eigentlich noch nicht wirklich was, gell? Ich bin mir aber auch nicht so hundertprozentig sicher, das mit dem Rausch. Erzeugt der Wolf auch Rausch? Jetzt haue ich mich nur mit dem Zerfetzen auf irgendwelche Viecher drauf, weil ich es sehe nicht. So, wo sind die Gegner? Gegner! Ich Hobby vom Rausch irgendwas. Also meine Dinger da lohnen sich nicht auf. Alter, wo kommen jetzt die 3 Wölfe her? Ja, ich hab nichts da! Das Mal von dem Sprung beschwört einen Wolf, wenn du das killst. Ja, das ist, ich hab's vorher schon gesehen. Das heißt, wo steht das? Verwandle euch in einen Wolf und springt zu einem Ziel oder was Gegner im Bereich bla 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 bla. Oder wenn ein Animal-Jam mit dieser Fertigkeit eingelöst wird, wird stattdessen dieses eingefasste Mal ausgelöst. Das Verwenden dieser Fertigkeit erlaubt es euren Wolf-Kreaturen. Da habe ich vorher noch gefragt. Plural, hä? Und dann hab ich das nicht gesehen. Versieht ein Ziel mit einem Mal, wodurch es erhöhten Schaden erhält, basierend darauf, wie viele Gegner sich im Umkreis des Ziels befinden. Wenn das Ziel stirbt, wird das Mal aktiviert, löst die Fertigkeit Wolf beschwören aus und verbraucht das Mal. Maximal ein Mal getragenes Ziel, Maldauer beträgt 8 Sekunden, Mal tragendes Ziel erleidet 3% erhöhten Schaden für jeden seiner Gegner innerhalb von 6 Metern bis zu 45%. Zusätzliche Effekte durch Qualität, Mal tragendes Ziel erleidet mehr Schaden. Wolf beschwören. Maximal 4 beschwörbare Wölfe. Beschwör plus 1 Wolf, wenn mal getragenes Ziel einzigartig ist. Haben wir Minions? Das habe ich nicht gewusst. Okay. Ja, geil. Ja, Birger, mal genau die Augen öffnen, dann sieht man sowas vielleicht. So. Da sind wir eh schon wieder. Was haben wir da? Da ist der Draven drin. So, den haben wir auf Pfotzen. Und dann gehen wir da unten rein und dann schauen wir eh schon gut aus. Ah, das ist geil. Das gefällt mir. Ah, Minions geht einfach immer. Minions wird nicht lang. Jetzt pass auf, das probieren wir mal, wie folgendes. Das heißt, ich kann wirklich da reinspringen, die kriegen alle einmal und dann kann ich es einfach explodieren lassen. Das tun wir jetzt bei dem Fetten, dann springen wir da noch mehr rein. Damit wir da 4 Wölfchen haben. Und dann soll ich immer noch die scheiß Support-Gems endlich einmal bauen. Bio, du Trottel. Kommst vielleicht ein wenig schneller voran. So, wir nehmen auf alle Fälle Attack Speed. Und wir nehmen schnelle Angriff. Das ist jetzt wieder was anderes. Wo ist denn da der verfickte Unterschied? Ich kann schon wieder was übersehen schon wieder. Das war doch jetzt der Support-Gem und das andere ja. Wieso kriege ich da von dem einen dies raus und von dem anderen? Okay. Crescendo. Letzter Schlag von Unterstützung kann 2-mal nacheinander ausgeführt werden. Fertig haben wir einen Wirkungsbereich. Ich erkläre das jetzt nicht weiter. Das Sprung, da wir alle jammen. Ja, das ist närrisch. Sprung. Supported Skill Days when hitting enemies that are full on life. Angriffe mit Unterstützung werden durch Ahnen verstärkt, nicht mehr als einmal alle Sekunden. Gegner, die von Unterstützung mit einem Mal versehen wurden, lassen euch Mana rauben in Höhe von 5% des Angriffsschadens. Okay, das ist ein Mana Regain. Dann haben wir jetzt da das, was Crescendo der letzte Schlag noch mehr ausführen und vergrößert der Wirkungsbereich. Das heißt, mein normaler Angriff macht dann auch Flächenschaden ein bisschen. Pfleger, der Mann braucht die Medikamente. Ja. Darian! Wo kommt das jetzt wieder her? Mr. Darian! Welcome to the Squad. Jetzt für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat, aber der Herr Darian, wenn er mitmacht, kriegt man einen vergrößerten Wirkungsbereich in die Fresse. So, pflanzen wir einfach die 2 Steine da ein, Ruhe. Wo waren jetzt die 2 Steine wieder hingekommen? Zerfetzen, Speerstich, da haben wir den raus und den raus. So, wie schnell haben wir jetzt zu? Ja, kann man so machen.
Das kann man so machen, dann kriegen wir da nochmal mehr Wirkungsbereich und da unten kriegen wir dann auch mal ein bisschen Schaden dazu. Verursacht 5% des Schadens als extra Schaden eines zufälligen Elements. Ah, dann nehmen wir mit. Was gibt's da? 8% generell erhöhter Schaden regeneriert Leben, erhöhte Fertigkeiten-Geschwindigkeit, erhöhte Mana-Regenerationsrate. Das ist schon wieder so, da kannst du alles durchskillen da am Anfang. Da ist nichts schlecht. Da herum auch ganz stark. Angriffsgeschwindigkeit pro Gegner in kurzer Distanz. 10 Geschick. Skaliert der Wolf möglicherweise mit Geschick, kann das sein? Skaliert der Wolf mit Geschick. Wo sagt man das gleich wieder? Nahkampf, Schlagkälte, Gestaltwandeln, physischer Schaden, bla bla bla. Ja, werden wir schon herausfinden. Punkte anwenden, rein ins Viech. So, du jetzt da. Die 2 Hamperer, die schlagen wir heute schon. So, passt schon. So, rein ins Viech! Es ist schief in die Oli. Springen wir da hinten, dann blasen wir es weg. Wieso hängen die jetzt da? Ich häng da. Einen weißen Ring nehmen wir mit. Vielleicht ist es sogar die Base. Auch wenn wir noch nicht recht viel Currency haben, aber das ist wurscht. Also mag ich das. Je schneller dass wir zuhauen, desto mehr so komischen Eisbrinkerl kommen, desto mehr Schaden. Desto gut. Ja, macht das schon ein wenig Damage, so ist das nicht. Großer Spaß. Sehr großer Spaß sogar. Du bist es ein 12. Oh, da ist er da schon, oder was? Diesen Dungeon habe ich länger in Erinnerung, Freunde der Sonne. Den habe ich länger in Erinnerung. Geh außer jetzt da mit dir. Oh shit. Das soll nicht da sein. Einfach mal draufdreschen, schauen, ob er Schaden macht. Ja, da kriegst du es mir mal in die Fresse, dann kriegst du es in die Fresse. Einfach drauf an und so noch machen wir so. Ja, das mag er, wenn er gestanden ist. Da schau her. Na nicht! Wir haben den Boss jetzt, Kim! Ach. Du freihändig. Willst du wissen, dass ich hier bin? Was ist jetzt das Spiel ganz abgehackt? Herzlichen Glückwunsch. Machen wir so. Das Spiel abgehackt. Hatten wir auch noch nicht. Schauen wir mal, wie lange die Warteschlange ist. Herr Darion, merci übrigens noch einmal. Anständig, so dass ihr einigermaßen aufpasst. That's what she said. Hast du mal auf die Uhr geschaut? Ja, ich verstehe es nicht. Keinerlei Warteschlange, meine Damen und Herren. Keine. Da müssen wir raus. Da müssen wir rein. Dann fotzen wir ein paar Mal, das wird schon passen. Ja, das ist schon gut. So, hier mal aufs Gesicht. Gibt's den. Wieder mal. Was tut das gleich wieder? Weiß ich nicht mehr. Der macht ganz schön. Voll rein! Da darfst du nicht drin stehen. Das ist eine schlechte Idee, ich habe auch keine Heiltränke. Jetzt müssen wir tatsächlich ein bisschen aufpassen, werden wir meine Wölfchen da so ein bisschen draufhauen. Jetzt komme ich von hinten nicht gescheit hin. Stirb jetzt! Möchte aber auch hoffen. Sammelt Ravens mal.
Mahnmal. Gelber Ring. Nice. Ein Boyhaube. Nehmen wir mal mit. Was möchten wir jetzt da? Das ist ja wieder ein Vogel, oder? Ein Vollidiot. So, und ein größeres Lebensfläschchen. Ja, das nehmen wir natürlich mit Handkuss mit. Aber wir haben nichts mehr zum Identifizieren. Müssen wir heimgehen. Das hilft nicht. Müssen wir heimgehen. Easy. Sterben eigentlich die Wölfe überhaupt nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die mit Sicherheit einen Lebensbalken haben. Irgendwo. Die sehe ich aber nicht, weil dann sehe ich am Bildschirm nichts mehr. Aber bis jetzt sind da noch nicht recht weggestorben, ne? Aber ja, beschweren wir uns einmal nicht. So, kann man nicht irgendwo, man kann doch irgendwo kostenlos identifizieren lassen. Ich weiß halt nicht mehr wo. Ich bin ein bisschen lost. Ist da nicht, ist bei der UNA vielleicht Gegenstände für Gegenstände Endzauber, kaufen, Viergang. Ja, weg mit dem Scheiß, da nehmen wir bloß Gold mit. Gold mit. Accept. Ja, dann müssen wir uns welche kaufen, das hilft ja nicht. Max Life, Cold Dress, Manarek und Miraseng. Was haben wir da? Max Life, Mana pro Getöteten, Maximal Mana, Fireres. Da tauschen wir den aus, hätte ich vorgeschlagen. Das Teil 22% wird sofort angewendet. Wieso kann ich das nicht hernehmen? Ach, Stufe 10, habe ich gesehen. Für das brauchst du den Schatten-Fuzzi, den du jetzt dann mal wiederbelebst. Irgendwas dämmert, ich glaube mich zu erinnern. Fügt Angriffen 1 bis 4 Schaden hinzu. Kann man den brauchen nicht wirklich. Verbessert einen normalen Gegenstand zu einem magischen. Craft mal nochmal was. Bam! Mana-Reg und Lichtradius. Und er ist für den Arsch. Schauen wir mal, was das Hauball kann. Regeneriert Leben pro Sekunde. Alles nur Schund. Verkaufen. Weg. Jo, passt schon. Müssen wir sonst irgendwo hin? Reist zum Dorf Orem, reist nach Friedhof der Ewigen. Da gehen wir wieder zurück und dann hauen wir die zweite zusammen und dann ist der Boss in der Mitte. Und ich denke, dann wird es für heute langsam was hier gewesen sein, weil ich hab Hunger, mir ist schlecht. Gewickelter Kampfstab, den kannst du sonst wo hinschicken. Da hat es jetzt aber Fels gerissen, hast du es gesehen? Ja, wenn du da voll in die Viecher eintrischst, mit jedem Schlag fallen da so Splitter raus. Und nach einer Zeit reißt es alles und es macht Schaden noch nicht mehr. Er ist mir eingesprungen ins Vieh! Und dann vorblasen! This is the way! So, jetzt ab hier. Zweiter Friedhofseingang. Wo? Grad mal der Gemahlin, da ist, aber die Viecher nehmen wir mit. Spring ihn rein! Oh, schnell, ich wollte eigentlich eine springen und dann wollte ich so machen. Ich verdrück mich noch. Ja, komme ich noch nicht ganz klar mit der Maus. Wird schon. Was absolut geil ist, dass auch meine Wave dieses Mal verursachen, oder? Habe ich das gerade richtig gesehen? Na, der Skeletonmann ist vorher gestorben. Haben wir leider nicht mehr begutachten können, aber gut. Gehen wir zur Gemahlin rein und da fotzt wir die. Sarg! Wieso da 2 Kontrollpunkte sind, das weiß ich nicht, aber das wird schon seine Richtigkeit haben. Das mit dem Male ist eine coole Mechanik. Muss ich mich nachher mal vielleicht noch ein bisschen damit auseinandersetzen, ob man das steigern kann, wann man so ein Mal draufsetzt. Kriegt er jetzt Viech mehr Damage. Mehr Damage, mehr Gold. Den müsste man so passen können, dass er nicht zurückspringt, sondern dass er reinspringt. Aber wer weiß, was man noch für Fähigkeiten hat. Die nehmen wir natürlich mit. Oh, Amulett nehmen wir so mit. Die nehmen wir einmal weiße mit, weil warum nicht? So, dann gehen wir da hin. So, jetzt bist du eingefahren, dann kannst du fotzen und das Digikan betrotteln. Na, und er stirbt, wenn so ein Rest reißt. I'm not ready yet. Ich bin mir nicht sicher, ob man das hinten nicht jetzt schaffen und sagen, I'm not ready yet! So, her mit dem Bums.
ist mir ehrlich gesagt scheißegal, was da für komische Sachen kommen. Ich verdrück mich nur so oft auf der Maus, anstatt... Oh, was ist das? Machst du Schleier? Bist du besoffen oder was ist denn da los? Oh, einiges. Level up. Das nehmen wir natürlich und dann können wir nämlich in die Schadens... Oh, da kommt noch Maschinenzeug raus. Das nehmen wir natürlich alles mit. Ja, da, hier stirbt jetzt einmal alle da, damit wir mal grüß. Truhe, Truhe, nehmen wir mit. Blaues Zepter, legt mir am Arsch. Haben wir schon wieder so weit, dass wir keine Items aufklauen. Oh, was ist denn das? Was ist da los? Gelbe Truhe. Jetzt haben wir einen Fettsack eingefroren! 1000 kleine Bunkerl oben scheißen! Oh, der mag ganz schön aushalten. Ja. So, weg jetzt mit dir. Schmutz, passt. Oh, Support Gem. Ja, die können wir dann brauchen. Die können wir natürlich brauchen. Ich tippe jetzt immer noch, dass das da irgendwo da oben ist. Oh, das geht ganz schön gut mit Sprung mal drauf und dann. Aber am ersten Mob bleibt mir hängen. Stört mich schon wieder. Und die schließen die Fertigkeiten. Hagelt's die Items! Oh, das ist wieder gelber. Nehmen. Wieso kann ich den nicht nehmen? Geh weg jetzt da. So, jetzt haben wir schon einmal im Kreis gelaufen. Herzlichen Glückwunsch, Birger. Aber dass das heute ein paar Mal passieren wird, das habe ich mir schon gedacht. Der Sprint ist ja anders geil. Wenn du dir mal gewohnt hast, dann nehme ich den natürlich mit Handkuss. Gell? Wo müssen wir hin? Nach links unten. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Gib Gegners, da Gegners und weg. True that. Ja, gehen wir da oben. Die Uli werden wir schon finden. Oh, Kontrollpunkt hört sich nicht schlecht an und haben wir es schon. Da lassen wir ihn jetzt. Aussetzen mit dir, du Brunskauer, du Futzengrube, weil ich dir so nuss, dass du nicht mehr weißt, wo du wohnst. Komm sie. Oh, noch schnell leben. So. Naja, Punkte angewendet, wird spaßen. Es wird schon passen. So, dann machen wir jetzt mal so, dann machen wir so. Und dann futzen wir einfach rein. Na, da stellen wir uns nicht rein. Na, da stellen wir uns natürlich nicht rein. Und dann springen wir wieder ins Gesicht. Und dann hauen wir einfach drauf. Und wir vereisen Magie. So ist her. Da kann man es auch umdrehen nur. Also. Oh. Ja, toll. Danke auch. Das tut ganz schön weh. Ansonsten können wir eh schon eigentlich alles sauber festhängen. Was tut jetzt da eigentlich gleich wieder? Die ballert da alles zu. Und jetzt war's es mit ihm. Die zwei habe ich schwerer in Erinnerung. Die habe ich einfach schwerer in Erinnerung. Das schaut doch gut aus, das schaut gut aus. Und Armschienen, gelb hochwertig schauen auch gut aus. Haben wir da Ausweichwert, erhöhter Ausweichwert, Max Life, Geschick und Blitzwiderstand. Rüstung und Energieschild, Max Life, Max Mana plus so. Na, kannst du schon wieder wegschmeißen. Kannst du schon wieder wegschmeißen. Was kommt daheim? Hoppala. Ausweichwert, Max Life, totaler Schrott. Eine Support Gem. Was kann man nur supporten? Wir machen hauptsächlich Zerfetzen und lunarer Angriff, aber wir kann einen Sprung noch besser machen.
Mal des Raubs. Gegner, die von unterstützten Fähigkeiten mit einem Mal versehen wurden, lassen euch Mana rauben. Da kriegen wir Mana wieder zurück. Was haben wir da? Angriffe mit unterstützten Fähigkeiten werden durch Ahnen verstärkt, nicht mehr als einmal alle 6 Sekunden. Aber was genau tut das, weiß ich nicht. Supported Skill Daze when hitting. Was ist denn Daze? Fertiger Effekt. Benommenheit. Full Life. Das heißt, wenn ich einem Full Life Gegner in die Fresse springe, dann ist er kurz stunned. So. Wird immer besser. Wird immer besser. Was wir da jetzt tun? Da tun wir mal einen lunaren Angriff auf Level 3. Das macht einmal nur Sinn. Dann holen wir unseren Support Gem für Sprung. Und da haben wir mir das hier rein. Das heißt, die ersten Typen, die wir anspringen, kriegen von uns einen Stun ins Gesicht. Was ist da los? Der Herr Tobi schreibt Habitäre, schreibe Habitäre zurück. Jetzt haben wir den Fetten noch zusammen. Hätte ich gesagt. Kontrollpunkt. Werde ich mir auch noch Druck wohnen müssen, dass das geht mittlerweile. So, grüß Gott. Ja, dann gehen wir jetzt da rein und dann sitzt da normalerweise ein Fetter drin, der wirklich nicht so einfach ist. So, wo ist er? Wo ist er? Ja, so ich schnipsel 10.000 Stickel, du Huhn. Und macht der Druidenspalt, ja, mir gefällt die Bärenform gefällt mir bis jetzt am besten. Die ist sehr mobil, fühlt sich sehr satisfying an. Scheiße, ich hab keine Wolf mehr. Ich hab keine Wolf mehr! Wo sind meine Wolf? Ah! Wie beschwert man wohl? Wie muss ich mal mal aufmachen, oder? Geh mir aus der Eisscheiße jetzt raus, du Trottel! Futzt dir einfach so, da brauche ich keine Wolf nicht. Oh, der One-Hit. Und den erinnere ich mich, der One-Hittet. Einfach drauf droschen, weil es mir wurscht ist. Geh weg. Der hat zweimal zu, das hätte ich mir auch merken können. Jetzt. Haben wir jetzt Wolf beschworen? Nein, haben wir nicht. Warum nicht? Warte mal. Nochmal. Also kommen da keine Wolf, das verstehe ich nicht. Und dann machen wir jetzt so. Oh, leck, wieso habe ich jetzt springen können? Kannst du gar nichts. Mit dir eigentlich. Ja, Loot! Ja, jetzt mit dem Loot! Haben wir Lederweste, nehmen wir mit, eisiger Stab, brauchen wir nicht, Stiefeln brauchen wir glaube ich auch nicht so wirklich. Der Tobi schreibt, ich zocke auch gleich, da wünsche ich viel Spaß. Also mit dem Druiden glaube ich, machst du nichts falsch. Also mir gefällt der Wolf halt sehr gut. Ich muss mir ein bisschen mehr Zeit lassen und die Fähigkeiten nochmal einzeln so ein bisschen besser lesen. Ich glaube, dass ich die Hälfte noch übersehen habe. So, was haben wir da? Ausweichwert, Max Life mehr, Geschick und Cold Rest. Oh ja, die ist schon ein Stück besser wie unsere. Die nehmen wir, nettes Upgrade. Dann können wir mittlerweile auch das große Life Flask nehmen. Das schaut auch ganz gut aus. Was haben wir da? Das ist der Quest-Gegenstand. Jetzt sagt er die Fertigkeiten Gemme. Den brauchen wir nicht. Aber da können wir was bauen auf Stufe 3. Was bauen wir auf Stufe 3? Ich brauche nichts auf Stufe 3. Man verwandelt euch in einen Lindwurm und wirft eine Kugel aus dem Magma. Oh, warum nicht? Du. Dann machen wir mir eine Wyvern-Werewolf-Kombo. Warum nicht? Habe ich überhaupt noch einen Slot frei? Ja. So, scheiß Vulkan braucht kein Mensch. So, was kommt das?
Ja, das ist sehr lindwurmig. Das ist wirklich sehr lindwurmig. Das ist jetzt der riesengroß... Was ist denn das? Straight to it then. The hunt begins. I need more time for that. Ich vereine, bleibt einmal stehen jetzt da. Es ist aber ein totaler Witz schon wieder. Keep on him. Schau mal, was das Schaden macht da. Oh, Ritual! Das machen wir auch noch schnell. It's getting away. Das hat noch nie geschaut. Oh, wie oft das mit die lila Scheiße umgebracht hat, das möchte ich auch nicht wissen. Also wenn sie den schon genervt haben, das macht so viel Schaden, dass du voll kriegst. Oh, Fotzen, drum schön kannst du haben. Da, drück drauf auf den Altar, ich weiß, was ein Ritual ist. I need more time for that. Einfach vereisen. Einfach reingeeist. Und von den Viecher da schlagen lassen. Das ist zwar nicht sehr druidig, I need more time for that. aber ich brauche öfter mehr Time for that. So, nehmen wir... Oh, Stufe 4 Gem. Fertigkeiten, Stufe 4. Was nehmen da? Ich glaube, dass da immer noch unser lunarer Angriff der wichtigste ist. Da wollen wir gleich in die Höhe stufen, wobei ich mir da mittlerweile gar nicht mehr so hundertprozentig sicher bin. So, hier, Finn! Finn, verzeih mir eine Geschichte, komm! Quest annehmen! Gib jetzt plus 30 zum maximalen Willen. Was müssen wir denn überhaupt da noch? Du suchst das vorhin. Ja, das kriegen wir schon. So, müsste die jetzt da nicht eigentlich... Bin ich jetzt? Hallo? Müsste die jetzt da nicht eigentlich nochmal klicken können? Nö, da müssen wir ein anderes Ritual nochmal finden als Quest. So, müssen wir aber zuerst mal nach Hause und Quests abgeben. Ab nach Hause. Ah ja, da ist also die Glockenkrähe. Da kriegen wir dann wieder was. Haben wir da auf dem Weg, haben wir alle mitgenommen, gell? Ja, haben wir nichts. Wie kommt man gleich wieder in den Ah ja. Da haben wir versteckte Reichtümer. Ja, es ist nicht so wichtig, da haben wir Kisten übersehen, aber drauf geschissen, da haben wir einen Waypoint übersehen, aber das ist mir auch scheißegal. Braucht später. Nein, da wollte ich nicht hin. Nein, da wollte ich nicht hin. DJ Wookie! Das ist, oh, da war es am Anfang wahrscheinlich nicht dabei. Übelst, der hat 120 FPS, ich habe auf Anschlag immer 140. Ich habe nicht aufgepasst, aber ich glaube, dass ich auch auf Anschlag 140 habe. Das Problem ist, ich nehme meine Spur nicht mit Spielaufnahme auf, sondern mit Monitoraufnahme heute. Warum? Weil aus irgendeinem Grund Streamaufnahme nicht funktioniert. Und die Monitoraufnahme ist absolut beschissen. Und deswegen kommen bei euch bloß 15 FPS, bei mir ruckelt gar nichts. Also bei mir ist es absolut flüssig. Es ist leider Gottes der Aufnahmemodus von OBS, das haben wir am Anfang umstellen müssen. Weil wenn ich auf Spiel umstelle, ist einfach, das können wir einfach eigentlich nur mal probieren. So, Streamspiel, Path of Exile, okay. Das wird einfach nicht angezeigt. Es wird einfach nicht aufgenommen und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Aber es hilft ja nicht, was soll ich machen? Was soll ich machen? So, jetzt glaube ich, können wir dann Sachen. Verkauft man bei ihm mal ein paar so Glumps an, Nahkampfreichweite mit dieser Waffe. Schmutz. Das heben wir uns einmal noch. Sieh, wie man das scheiß Amulett auflegt mit dem Arsch mit dem Amulett. Weg mit dem Klump. Klang ist sowieso nicht mehr hoch irgendwann. War das nicht bei Battlefield da? Ja, genau. Wie es bei Battlefield da war. Aus ungleichen Gründen, keine Ahnung. Ist irgendein Anti-Cheat vielleicht oder was weiß ich. Was haben wir da? Gewährt 2 Waffenset-Fertigkeitspunkte. Was war das gleich wieder? War das gleich wieder? Nein, wenn man so schauen. So, das ist der Verhüllte. Punkte korrigieren. Ah, da kann man dann reskillen gegen Gold. Ja, das macht natürlich PoE 2 viel. Was haben wir da noch? Keine Gegenstände in deinem Inventar können identifiziert werden. Naja, gut. Kriegen wir schon. Der Verhüllte. Was wollt ihr jetzt noch tun? Ja, den Bums da in Kisten reinpflanzen. Weg. Wobei, von denen findet man so viel, dass ich mir die mal noch herinlasse. Runen, der wir da unten rein, den der wir da her und den, glaube ich, brauchen wir gar nicht. Und den brauchen wir auch nicht. Ist es nicht wegen dem Cheatschmann? Ja, ich denke schon auch. Irgendwas ist da komisch, aber das war ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es letztes Jahr so war. Ich weiß es nicht mehr. Kinder. So. Was? Die Glockenkrähe machen wir noch.
Den machen wir noch. Den mach ich noch schnell. Den mach ich noch schnell nicht zipfen. Ich frage mich, was das da ist. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich laufe dem mal nach. Look at me. I'm the Lindworm. Come at me, bro. Show some respect, bro! Dann freeze ich die halt. Oh, du hast gar nicht mehr so leicht zum Freezen, merke ich gerade. Oh, du bist der Gelbe. Er explodiert gleich, geh weg mit dir. Oh, die nehmen wir natürlich schon mit. Oh, ein Lootfilter muss ich mir auch noch installieren, merke ich gerade. Also, das bist nicht du. Was ist das gelbe Ding? Scheint mir eine Season Mechanic zu. I need more time for that. Come on now, let's end this. Der Dicke mag's wissen. Dicke mag's wirklich wissen. Ja, ich hab's gesehen, dass ich in das Feuer reingegangen bin, ist mir jetzt aber auch scheißegal. Da müssen wir jetzt raus. Ah, passt schon. Tellerheim! Dein Mama ist ein Tellerheim. Ach, diese. Exalted. Das wird mir nicht mehr gescheit angezeigt. Wahrscheinlich habe ich schon mal 5 liegen lassen. Ich sehe schon, du trödelst nicht. Gute Arbeit bei der Jagd. Bin Delwyn. Das scheint mir dann. Scheint mir die nächste Season Mechanic zu sein, die ich auslassen habe anscheinend. Was ist das? Oh, der hat's shit zu mir. Oh ja, Scheißdrecksbein haut ganz schön zu. Ich aber. Also nochmal was zu rissen, das habe ich nicht gesehen. Level up! Können wir nehmen, können wir brauchen, kommen wir über 8% erhöhter Bonus auf kritische Treffer, erhöhter Schaden, erhöhter Flächenschaden. Eigentlich hätten wir da aufskillen sollen anstatt da oben, aber das Ding ist auch nicht schlecht. Erhöhter Schaden, mehr Schaden, mehr Schaden, mehr Schaden. Das da unten ist die Unterkühlen-Magnitude, die brauchen wir noch nicht. Dann gehen wir jetzt da auf und holen wir uns als nächstes dann die fette Note. Das schaut doch vernünftig aus. Jetzt bredelt man da mit durch. Und schauen wir, was passiert! Ja, echt reißt es erst einmal alle, das ist einmal das erste, was ich weiß. Lohe ich gerade. So, wo? Sturmkrähe, wo? Das war die komische, das ist nicht der Glockenkrähe. Naja, der Gelbe geht auch einigermaßen down, das passt schon. Ich hasse die Map. Wie oft als ich die Map gelaufen bin vor einem Jahr, ich weiß es nicht. Ich hasse eigentlich wahrscheinlich ja jede Map. So, wo sind wir? Da sind wir. Ja, da kannst du gleich wieder heimgehen, du Affentyp. Mal draufsetzen und eine Zipfen. Was ist denn das da? Das ist die Ackerlande von Ogham. Da gehen wir mal schnell um, holen wir unseren Kontrollpunkt. Wenn er hoffentlich vor der Haustür ist. Ja, ein Waypoint. Da ist jetzt schnell mal ein Fotz noch. Dann gehen wir wieder zurück. Müssen wir die Krähe töten. Ich glaube nämlich, die Krähe gibt auch irgendwas Passives, was da dauerhaft bleibt. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I'm not ready yet.
Nature takes what's old. Nächste Level 4 Fähigkeit. I need more time Jetzt for geht's that. schon hin. Oh! Ich krieg ganz schön Damage und ein bisschen was eingefroren. So, ein bisschen was eingefroren, damit nichts passiert. So, was ist da unten los? Schnauze halten. Schnauzen, schnauzen, schnauzen. Was macht denn das eigentlich Schaden? Das haben wir noch gar nicht so richtig ausprobiert. Ne. Was hat man mit anderen Sachen kombinieren? Da gefällt es mir schon besser, wenn es 4 zerreißt, das sagt er ich. So, wunderschön. Krähenmann, wo? Krähenmann, wo? Hoppala. Blub. Oh, der Dicke. Dicker Mann! Ja, du bist einfach vereist, dann machst du genau gar nichts mehr schön. Ja, haben wir schon ganz gut unterwegs. Fühlt sich schon ganz satisfying an. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass diese scheiß Krähe irgendwo unten war. Jetzt gehen wir da nochmal mitten rein. Schauen wir, was da los ist. Ja, reingespringt. Ready yet? Jetzt reißt es dann schon. Die scheiß Krähe ist ja da nicht irgendwo mitten in der Mitte. Das ist aber so ein schnelles Level abgewinnt. Größeres, ist das auch schon ein größeres, schimmerndes, größeres. Oh, ein Jagdspeer. Warum nicht? Physischer Schaden, Treffergenauigkeit, Bonus für kritische Treffer, halte 5 Leben pro getöteten Gegner. Ich glaube, es ist auf alle Fälle besser als unser Drum da, obwohl wir es eh nicht hernehmen. So, wo ist die gestungene Krähe? Was war das? Das ist jetzt wieder 3 Stunden Theater. Also falls es den gibt, merkst du ihn 99% der Zeit. Ab und zu verzieht es zwar die Maus, entweder leicht Aim Assist oder Gicht in die Finger. Machst du mich? Ich hab nicht gewusst, dass man im PoE Aim braucht. Da wusste ich nicht. Die wusste ich nicht. My aim is long gone. Long gone. Oh, der gewusst, dass es nach unten geht. Oder nach rechts? Nein, Biergerli ist weiter oben nochmal. So, wo sind die Spielzüge? Die an der Place mit Maus und das. Achso. Geht quasi nicht um mich. Jetzt habe ich mir extra die Mühe gemacht, dass ich 2. Also die letzten 2 Nachrichten zumindest lese, aber das hat mich auch nicht weitergebracht. Das hat mich nicht weitergebracht. Das hat mich nicht weitergebracht. So, jetzt. Das gibt's ja nicht. Müssen wir rechts auf, hä? Die läuft doch dann auch mitten unterm Kampf weiter vor und in irgendeinen Pit. In so ein Prügelpit da ein. Ja, da vielleicht. Läuft's da rein? Ich weiß es nicht, Aber da haben wir auch schon wieder falsch. Vogel wo? Ja, ich denke mir sehr gerade. Gestungener Scheiß Vogel wo? Schlanke Keule. Echt jetzt ist wieder mal der Weg da oben. Freidorn, Bekanntmachung der Begnadigung. Das ist aber nicht, oder? Oh ja. Ja, wichtige Note. Ist das Ding in Freidorn? Ne, da ist so ein falscher Punkt. Da ist zwar auch so ein Ding, aber da ist die Glockenkette. Das gibt's ja nicht. Die sucht. Kannst du mir am Arsch lecken, die suche ich jetzt. Die muss ja da irgendwo sein. Links unten ist, man sieht schon. Hoppala. Warte mal, ist es nicht auch so, dass wenn die da unten ist, also wenn der Kopf da unten angezeigt ist, dann ist die auch da unten? Unten ist, man sieht es schon. Was doch da unten, wo der Kontrollpunkt ist, da hätte ich mir jetzt oben. Ja, ich denke noch nicht dran, dass diese Kontrollpunkte zum Porten da sind. Ist die da irgendwo? Nein. Ist die da irgendwo? Machen wir da oben. Miau. 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 Ist das da? Ja, das ist der Pit. Ja. Dann ist sie da hinten irgendwo. Ah ja. Dankeschön. Einfach zu lange nicht mehr gespielt, zu oft gesoffen dazwischen. Was soll ich machen?
So, Glocken kennen, Mann, Kim, aussetzt da, weil er den Pfotzen reinhaut. Ja, ist keine Zeit mehr für einen Schmarrn. Ja, Wahnsinn. Ja, hier kriegst du mit den, dann kriegst du den, dann haben wir einfach zwei. Ja, kriegst du schon zwei. Erst einmal eingefrieren, den Bumsvogel da. Aber aushalten muss er ganz schön, gell? Ja, genau. Und dann der Vorlauf, der Pimmelsam. Pimmelsepp! Oh, reingedroschen, er wird immer fetter. Er wird einfach immer fetter. Ja, das sollte man vielleicht weggehen. Drei gestungene Glocken kannst du sonst wo hinschieben, du Mistvieh. Fühl mich ein bisschen wie ein Warwick, merke ich gerade. So, mit das Ding. Macht auch nicht den Teufel Schaden. Erstmal wieder eingefroren. Geh weg mit deiner Glocken, du Huren. Hat er ein bisschen was zum Unterbrot, du Trottel? Haben wir ganz gut dabei. Eisenküras, Stäbe und den Scheiß nehme ich nicht mit, leg mir am Arsch, wird schon passen. Hey, es geht schon. Bist gerade auf 116 FPS abgefallen und dann stottert es brutal. Ja, aber das hat trotzdem bei euch nichts zu tun. Es hat trotzdem, bei mir ruckelt gar nichts. Es ruckelt halt einfach gar nicht. Weil wenn da rechts oben 116 FPS steht, dann ruckelt da nichts. Bei euch kämen sowieso bloß 60 FPS so. Und solange wir über 60 FPS sind, passt's. Das Problem ist nicht, dass da rechts oben meine Frames um 20 droppen, sondern der Aufnahmemodus heute mit Monitoraufnahme. Der ist anscheinend nicht so performant, um eben sich eine Spiele mit glatte, kontinuierliche 60 FPS an euch zu liefern. Bei mir ruckelt gar nichts. Ist halt dumm. Aber es ist halt nur bei euch. Irgendwie passt mir auch nicht, aber es ist halt so. Das passt mir auch nicht, aber es ist halt so. Muss mir nachschauen, ob man das ändern kann, aber ist ja eh wurscht. Da habe ich eigentlich noch irgendwelche Spitzenquests. Reist zum Dorf Ockam, reist nach Freidorn, reist nach Ackerlande von Ockam. Ja, haben wir noch lauter Quests. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, das war's für heute. Papa geht jetzt ins Bett. Oh, da haben wir noch passive Fertigkeitenpunkte erhalten. 2 passive Fertigkeitspunkte für das Waffenset erhalten. Was war das, glaube ich? Das war das da, gell? Ja, ich erinnere mich, was haben wir da? Erhöhte Rüstung, maximale Energieschild, erhöhte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen. Die Frage ist, wo wir hinwollen. Zauberschaden eher nicht. Die Frage ist, das ist allgemein Damage. Oh, 10% erhöhte kritische Trefferchance, während ihr verwandelt seid. 8% erhöhte Fertigkeitengeschwindigkeit, während ihr verwandelt seid. Ja, da kann ich hinskillen, wo ich will, das ist alles gut. Die Kleine lassen wir mal aus, da können wir da am schnellsten her, erhöhter Schaden und regeneriert Leben und dann da oben. Klingt vernünftig, das ist noch mehr aushalten. Aushalten der wir eigentlich gut. Lebensregeneration, Mana-React, Zaubergeschwindigkeit brauchen wir nicht. Geht's da schon besser, Birkbett, fragt er mich. Also ja, mir geht's besser wie vor 5 Stunden, das ist klar. Aber so der richtige Hit ist es auch nicht. Ich glaube, dass ich das da mitnehme. Und das dann nehme ich auch mit. Erhöhte Lebensregenerationsrate, 5% des erlittenen Schadens werden als Leben wieder gewonnen. Das ist nämlich Lifestyle. Und wenn du mit dem Wolf da so reinballerst, dann ist das mit Sicherheit zum Gespüren. Das sagt er ich. Da gehen wir daher, das ist einmal auf alle Fälle klar, und dann nehmen wir den mit und den mit. Das heißt, die nächsten 4 Level, das hier und das hier. Was haben wir da? Schneller Beginn der Energieschwelle, werden die verwandelt sein. Plus 20% der Rüstung werden auch auf Elementarschaden angewendet, werden die verwandelt sein. Das schaut da überhaupt nicht. Und auch Betäubungsschwelle, erhöhte Defensiven. Was ist denn Defensiven? Oh. Seit wann gibt's denn das? Das ist auch neu. Das kenne ich auch nicht. Das ist geil. Ob man sich was denkt. Da hat man sich was denkt dabei. Das gefällt mir. Was haben wir da? Erhöhte Betäubungserholung. Schaut eigentlich nie. Und wir haben ja 2 Skillpunkte gekriegt. Wo gehen wir zuerst hin?
Das ist aushalten. Ah, ja. Mehr Schaden, mehr gut. So, jetzt ist die Frage, wie hat denn das gleich wieder funktioniert da? Attribute. Ne? Wie ist denn das mit den Waffen? Fertigkeitspunkte 0. Wie ist denn das mit den Waffensets gegangen? Wie ist das mit den Waffensets gegangen? Was war das gleich wieder? Ich erinnere mich nicht. Keine Punkte zum Zuweisen von Waffenset-Fertigkeitenpunkte verfügbar. Ich sag's doch da, 2 von 2. Oder sind das einfach die 2 Skillpunkte, die ich jetzt gekriegt habe, die ich da verteile? Und 2 von 2 heißt, ich hab's verteilt. Ich erinnere mich nicht mehr. Und das, glaube ich, sind auch die man von den Bossen in der Welt kriegt. Bin mir nicht sicher. Steffi schreibt, war auf jeden Fall gut, heute Kaufentscheidung wurde getroffen, da bin ich gespannt, wie ich Kacknub klarkomme. Obwohl ich eigentlich gar nicht so viel geredet habe. Ich habe einfach nur von mir hiphofft und rumgehaut. Es ist schon ein bisschen was anderes wie Diablo. Also es ist weltenzugänglicher wie PoE 1, also da ist aber auch nicht viel dabei. Aber es ist schon ein wenig was anderes wie Diablo. Aber fuchst dich rein. Das ist das, was die Spiele ausmacht. Es gibt 1 Million Wege führen nach Rom in dem Spiel. Ich weiß doch, ich hab doch auch keine Ahnung, was ich hier tue eigentlich. Ich sehe einen Druiden zum ersten Mal, ich spiele bis jetzt ganz cremig, ich komme gut voran. Natürlich kenne ich das Spiel ein bisschen, das ist eh klar. Aber sonst bin ich ganz zufrieden. Und du kannst Gift draufnehmen, wenn da Full Release ist. In meinen Augen ist es jetzt schon wahrscheinlich das beste Action-RPG, das es gerade gibt. Und wenn da Full Release ist und alles drin ist, was da alles geplant ist, da schmeckt viel lang nichts ohne, glaube ich, habe ich das Gefühl. Da schmeckt wirklich sehr lang nichts ohne, meine Damen und Herren. Dafür hast du gut durchgehalten. Ja, es vergeht Zeit so krass schnell. Jetzt ist es 11:30 Leute. Ne? Der Skilltree ist größer wie meine Lebenserwartung. So, nochmal, das zeige ich jetzt zum Schluss noch mehr. Jeder, der das erste Mal PoE sagt. Jeder, immer nur das. Was, das ist der Skilltree? Bist du besoffen? Das tue ich mir nicht an. Das ist viel weniger Stress, wie du das meinst. Jede Klasse fängt an einer anderen Position an. Und selbstverständlich haben die Nodes, wo du anfängst, für deine Klasse gemacht. Das weiß ja Schmarrn. Das heißt, du kannst eigentlich pro Klasse 80% der Nodes ignorieren. Und nach ein paar Stunden, wenn du dort beim Leveln da das erste Mal so durchhangelst und immer wieder rundherum ein bisschen was lest, was du als nächstes hingemachst und so, dann ist das kein Stress nicht. Glaub mir, der Skillbaum ist dein geringstes Problem in PoE. Herr Bah! Birgit auch noch überlesen, wieso? Wieso, weil ich nicht aufpasse? Was denn wo denn überhaupt? Da, was dann da unten liegt. Erstmal, vor 2 Stunden, mehr als 68 Monate. Der Herr Birger, Christi Österreich zum ersten Mal. Teste Mio, mein neues Heimkino mit 230 cm. Ich muss sagen, schaut noch besser aus. Hashtag no homo. Ich darf mir auch rein. Ob das heute das richtige Spiel war dafür, vor allem mit 5,5 FPS und was weiß ich was einem, weiß ich jetzt auch nicht. Merci dir, Schluss jetzt. Überlesen habe ich es übrigens, weil ich halb besoffen bin. So, ich bin komplett im Arsch. Ich probiere es einfach, aber gefällt mir gut. Was kostet es? Wie viel muss man zahlen, dass man es spielen kann? Ich weiß nicht mehr. Ich hab mir die 50-Euro-Version damals, glaube ich, gekauft. Vor einem Jahr. Oder die 60-Euro-Version. Und wenn du das Ding länger spielst, du musst es ja nicht kaufen. Das ist ja das Krasse. Das Ding kommt halt, wenn es Release kommt, ist das halt free to play. Und du kannst das spielen. Wenn du dann irgendwann ins Endgame kommst, dann merkst du selber irgendwann, was da auf den Sack geht, dass das der Stash, die Kisten, ich hab keinen Platz, und dann gibt man mal einen 10er aus oder so und dann kauft man sich die Grund-Stash-Tabs, wenn sie im Angebot sind, und das sind regelmäßig alle 4 Wochen, das verstehe ich sowieso nicht, warum es das deren, und dann kauft man sich halt dafür einen 10er was, das ist ja nicht dreisch. Es ist ja dieses Wochenende ja noch Free-to-Play. Momentan kostet ja gar nichts. Einfach mal morgen installiert, einmal 2 Stunden reindüdelt und mal geschaut, was passiert. Warum nicht? Der Skillbaum von die 4 ist auch okay. Bei den Tafeln kann man auch viel rumtesten, aber PoE macht mehr Spaß. Also ganz ehrlich, mittlerweile finde ich, kann man PoE nicht mehr mit Diablo vergleichen. Diablo ist ein Kinderspiel. Das ist also zum 1 sowieso. Und das 2 wischt halt jetzt, das ist noch nicht mal halb fertig, wischt jetzt halt schon am Boden mit Diablo zusammen. Diablo möchte aber auch kein PoE sein, muss man halt auch dazu sagen. Das ist halt der Casual-Sepp. Ein bisschen Brain AFK auf die Viecher umeinander hauen. Außer du möchtest wirklich
in die oberen 0,1% spielen. Dann ist es vielleicht ein bisschen was anderes, ja. Aber recht viele Möglichkeiten gibt es dabei. Verglichen mit PoE gibt es da nicht in Diablo. Der Skilltree in Diablo 4, das ist lächerlich. Sagen wir uns ehrlich, der ist lächerlich. Das ist ein Witz. Im Vergleich zu PoE. Jedem wie er es mag. Meine Damen und Herren, ich gehe jetzt ins Bett. Wahrscheinlich werde ich selber nur eine Stunde oder so spielen. Aber ich lehne mich jetzt zurück, ziehe meinen Bademantel an, rauche noch eine und dann gehen wir ins Bett. Das sagt ich. Ist der PC nach so einer Session nicht wie ein Backrohr? Ja, natürlich bloß der. Also im Winter gibt er nichts Besseres. Du kannst die Heizung abdrehen. Das hört sich jetzt so, als sei das ironisch, Mann. Das meine ich schon so. Ich brauche da keine Heizung nicht, wenn ich zock. Das ist aber auch gut so. Das mit dem Aim vorhin war auf meinen Reset bezogen, wegen der Last of Us 2 und Tastatur. Tolles. Dann gute Genesung. Merci dir. Gute Nacht beieinander, Triple F mit Mods und bis Montag. Steffi, du verteilst keine Fs. Du receivest Fs. Wir sehen uns am Montag, Kinder. Ich wünsche euch viel Spaß mit PoE, wer selber spielt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag, da machen wir das Finale von Dispatch fertig. Dann sehen wir uns am Mittwoch nochmal mit der Weihnachtsfeier und dann bin ich 2 Wochen fort. Krass, wie schnell die Zeit vergangen ist. Es ist unfassbar, dass mir kommt es vor, als war die Sommerpause maximal 1,5 Monate her. Als war es gerade so einigermaßen gewesen. Das war vor 4 Monaten. Vor 4. Möchtest du mich eigentlich verarschen? Jetzt dauert es noch 2 Monate, dann sind wir wieder nicht da in der Sommerpause droh, wie wir von der alten weg sind. Da eigentlich kaputt gegangen. An alle! Damit wir es nicht vergessen, damit ist zumindest einmal herzeigt. Hab's eh sauber zwingen herzeigt. Sag das, was ist. Der Jahresmerch ist übrigens da. Hab ich selber zeichnet. Wer sich was genehmigen möchte, Birger WD. Gibt's einen in schwarz-weiß? Ja? Wer weiß, vielleicht einen heute Leute da, die so nicht gesehen haben. Haben wir alles da. T-Shirts, Pullis, Kissen, Tassen, Accessoires. Für die Dicken, für die Dünnen, für die Kleinen, für Kinder, für Erwachsene, für alle, die es nicht wissen, was sind, Mandal, Weiberl oder Cannabis-Haxen. Oder? Ein wunderschönes Poster gibt's auch. Es gibt übrigens einen schwarz-weiß. War ich bloß zu faul, dass ich da in Stream Deck einbaue. Weißt du, was ist? So. Jetzt gehen wir ins Bett. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns in alter Frische, denke ich, am Montag. Dispatch-Finale, da bin ich gespannt. Es kann ein längerer Stream werden. Das Wölfchen hat mich schon vorgewarnt, dass die letzte Episode ein bisschen länger ist. Und sonst brauchen wir da auch gern bis um 11 Uhr, also kann es ein bisschen länger werden, aber ist auch vollkommen wurscht. Und dann hätte ich gesagt gehabt, ich wünsche euch eine gute Nacht. Triple F für die Moderatoren. Vielen Dank für die ganzen Donations. Das hätte es halt wirklich, es braucht sonst nicht, aber heute hätte es schon gleich 5-mal nicht gebraucht. Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, schleichen wir uns davon. Hast du das Spiel mit den Bratwürsteln in der Playliste? Was war schon mit den Bratwürsteln? Split Fiction. Ja, müsste es eine Playlist geben. Zum Nachschauen meinst du jetzt? Heißt Split Fiction. Googelt, was ist googelt? Einfach auf YouTube gibst du ein Birger Split Fiction. Und dann gibt es 6 Streams. Es dauert ein wenig. Das Spiel war nicht kurz, aber es war gut. Schönes Wochenende. Wünsche ich dir auch. Ich wünsche euch was. Jetzt schleicht euch davor, sonst labere ich mich noch mehr eine Stunde lang dort. Kuss auf die Nuss. Schönes Wochenende bis Montag. Hauen Sie rein. Vielen Dank für die neuen Mitgliedschaften. Welcome to the Squad. Merci für die Resubs. Kuss auf die Nuss. Bis dann. Ha! Be! Halt, stopp. Herr Kais muss ich noch schnell lesen. Sie haben 80 Monate, Alter. Was ist denn mit dir kaputt? Servus Birger, schau gerade dann in der Last of Us 2 Streams nach. Warum hast du denn damals keine Maus und Tastatur angeschlossen? Geht doch bei der PS5. Haben wir das nicht probiert? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, wir haben es probiert und der Last of Us 2 unterstützt es nicht. Wenn ich mich richtig erinnere. Sonst hätte ich es garantiert, oder kannst du mir Gift draufnehmen. So, jetzt schleichen wir uns aber. Dankeschön. Ich hoffe, ihr habt niemanden übersehen. Hauen Sie hinein. Bis Montag. Ha! B! Das muss gelungen heute. So. Gott, ich muss kurz verinnerlichen, wie ich mich gerade aufs Bett freue. Zauberhaft. Und nun schleichen Sie sich davon. Ich wünsche euch was. Habe die